Ja, du weißt es, aber es ist. So, 19 Uhr weiß, weißt du, was es ist. Timmy Boy, heute waren wir dermaßen synchron, dass du sagst, gibt's das. Ich muss meinen Stuhl einstellen. So, okay, ganz langsam. Ganz langsam heute. So, Stuhl nach oben. Einstellen. So, okay, ganz langsam. Ganz langsam. Halt jetzt einmal du dir mal, du behinderter Fettsack im Internet. So, ganz an gemütlichen heute. Ich sag das, was es ist. Papa hat ein bisschen tief ins Glas geschaut. Gestern komposiert sein. Warte mal, ich muss schon was trinken. Franz! Hakt Ruth, meistens verletztens, weißt schon wofür, gut luck, KF. Mr. Batman, absolut nichts. Warum wird denn der Batman wieder nicht einblendet? Nichts zu danken, die scheiße Jene hat mir auch ein paar Nerven gekostet, tu dich nicht oben. Da war ich 2 Stunden mit dem Akt 1 Boss beschäftigt, weil ich keinen Funken nicht Schaden nicht gemacht habe. Dann habe ich gedacht, ja Gott, endlich! Dann komme ich zu der scheiße Jene und hab mir gedacht, okay, leck mich. Ich weiß genau, wie es geht. Merci dir. Franz, merci für den Drilling. Wer hat einen größten? Hashtag POI2 sucht. Bruder, die kriegt hart, Alter. Ich kann nicht fassen, dass es schon wieder eine Woche her ist. Ich kann es nicht fassen. Von der Woche sind wir da gesessen und haben uns die Warteschlange angeschaut. Beziehungsweise irgendwas anderes. Wo ist denn überhaupt die Tröte? Der Maika-Sepp! Wie neues Mitglied! Ich hab nicht mehr Habitäre gesagt! Mein Maika, merci, es ist ein Resub. Das weiß ja ich. Merci für den Resub. Tobi ebenfalls, merci für den Resub. Ab in den Chat, Habitäre, mein Maika. Und wenn er 25 mehr aussteigt, dann wieder kommt. So, Sprengi! Heute mache ich es kurz. Wir sollten Weintrauben einfach Rosinen nennen. Ich muss das erste Mal sagen, ich verstehe ihn nicht. Ich bin so ehrlich, ich verstehe ihn nicht. Sprengi, ich verstehe ihn nicht. Was sind denn Rosinen? Ich versuche gerade den Plot-Twist zu finden. Rosinen sind getrocknet. Das ist mir schon klar, aber warum? Was? Nein, Sprengi, da habe ich schon dümmer Sachen gesehen. Nein, gerade von dir, da habe ich schon dümmer Sachen gesehen. Weintraum, Rosinen, Sie verstehen? Nein! Also ja, natürlich verstehe ich es! Aber ich suche immer noch nach dem lustigen Plot-Twist. Stichwort lustig. Oder grenzenlos dumm. Roh. Na, verstehe ich nicht. Wegen am Heuen Rosinen, also rohe Sinen. Na, verstehe ich nicht. Na, Sprengi halt nicht. Mach's lieber nimmer kurz. Vielleicht bin ich aber auch einfach immer nur 2 Promille und kapiere einfach gar nichts, kann auch passieren. Wi-Fi, mir ist für 64 Monate. Meister, mir ist für 33, Timmy-Boy, mir ist für 1 Euro, Oli, mir ist für 47 Monate. So, Schluss jetzt. Sprengi. Ja, kann ja nicht jeder, weiß ich. So, darf ich jetzt mal Habitäre sagen. Habi! Grüß Gott miteinander, ich bin's Birger, Freitag, 20 Uhr. Schluss jetzt mit dem Krampf. Wir suchteln mal heute hinein, dass wir in die Hosen scheißen. So schaut's aus, das tue ich eigentlich schon die ganze Woche. Ich wollte dir von meiner Alten sagen, dir sollen die Ärmeln beim Handwaschen runterrutschen. Weil du mich für 2 empfohlen hast und da mich jetzt bloß nur von Fotos kennt. Hast du die, was? Hast und die mich jetzt bloß auf... Ja, da hab ich ganz ein schlechtes Gewissen. Scheiße aber. Ah, was sagst du deiner Alten? Da kann nichts passieren, weil mir ich Tät nicht wusch. So. Mr. Gärtner, merci dir. Es ist mir ein Fest. Gute Spiele zu empfehlen, habe ich wirklich immer gar kein schlechtes Gewissen. Null. Leute, jetzt reißt euch heute zusammen, es ist Freitag, jetzt chill mal. Chewie, merci dir. Handkerchief 70 Monate ist asozial, krass. Eins nach dem anderen, Alter. Handkerchief, merci. Auf die nächsten 70. Merci für... dich habe ich wirklich schon lange im Gedächtnis hier drin. Und dich und deinen Namen. Auch im Discord. Herr Andi, habe ich gestern einen Game Awards gesehen. Was hältst du von den neuen Trailer? Ich habe nicht verstanden... Dazu müssen wir es uns eigentlich anschauen. Also die zwei interessantesten Trailer sind auf alle Fälle mit der eine ist der Elden Ring Trailer natürlich und der andere ist selbstverständlich der Witcher 4 Trailer. Aber bei Witcher 4 habe ich ganz ein furchtbar schlechtes Gefühl. Ich lasse mich wie immer natürlich gern vom Gegenteil überzeugen, aber was habe ich da für Probleme damit? Ich hab mich ehrlich gesagt, ich habe heute keine Zeit nicht gehabt, dass ich mich irgendwie damit... Ich kenne bloß die 2 Trailer, das sind die einzigen 2, die ich gesehen habe, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt.
Was hat er so? Der Dings, der Sprenge schreibt gerade irgendwas von What About Mafia. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. So wieder was ist. Das mache ich heute nach dem Stream, wenn ich mich gemütlich auf die Couch lege und dann werde ich Game Awards nachschauen. Und das Einzige, was ich weiß, ist, wer gewonnen hat, also wer Game of the Year ist Astrobot. Das ist, habe ich nicht gespielt, kann ich nicht beurteilen, soll aber gnadenlos gut sein. Ist der erste ernstzunehmende Mario-Konkurrent seit keine Ahnung wann. Ja, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, keine Ahnung. Und ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Aber zum Witcher 4 Trailer kann ich natürlich selbstverständlich was sagen. Sony hat gut finanziert anscheinend, das ist richtig. Sony möchte unter anderem übrigens auch FromSoft kaufen. Also den Elden Ring machen. Und das kann da ein riesengroßes Problem werden. Herr Bürger, Sie haben ein Haar auf der Brille. Was, wo? Weißt du wie? Wo? Jetzt machen wir mit dabei. Das ist total gelungen. Warte mal, ich hol dir hin. Das muss jetzt sowieso alles gemütlich. Alter, wir schauen nicht ohne Brühen aus, Alter. Ich sehe mal, kann ich nicht sagen, ich sehe nichts. Da liegt der Hoden. Da liegt der Hoden. Ich sehe nichts, ich weiß nicht, wie viel das ist. Max, ist jetzt 5 oder 500, ich weiß nicht. Ich sehe es einfach wirklich nicht. Was nicht. Da der Rahmen aber blau war, ist überhaupt der Maxi. Ich muss einfach mal Danke sagen. Auf deine Stream kann man sich nur freuen. Na, genau, da müsste Chewie, niemand braucht sich bei mir bedanken. Der Einzige, der Dankeschön sagen muss, nach 8 Jahren jetzt dann, 8 Jahre machen wir mir diese Scheiße hier schon. Fuck. Utopisch. Der Einzige, der sich nach 8 Jahren zu bedanken hat, bin ich, dass immer noch Leute da sind, die immer noch Bock auf den Scheiß haben, vor allem nach dem krassen Contentbruch etc. etc. Ah, ist ja nichts mehr, wie es einmal war. Ja, ganz anders. Jetzt ist es aber endlich so, wie ich es gerne haben wollte von Anfang an. Aber ist leider nicht so einfach als Dialekt-Streamer. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand probiert hat. Jemand anders außer ich. Mit Sicherheit. Konnte vielleicht bestätigen, ist nicht so einfach gewinnen. Chewie, merci dir. Niemand braucht zu mir merci sagen. Maxi, jetzt kann ich wieder lesen. Derry, heute mal nur einstellen. Jetzt Zeit ist einmal geworden. Maxi, habe ich zu dir nicht sowieso gesagt, du hast im Dezember, mindestens Dezember, Donation-Verbot. Andi, merci für die 5 Monate. Claudia, du bist jetzt gut, wir lieben du und Jacqueline auch. Merci für 5 Monate. So. Königin Nelson sagt, das schaut so falsch aus. Das ist stimmt. Gell? Was ist, ich habe so winzige Augen. Was ist das? Weißt du, was einmal der absolute Overkill war? Ein Bart aus der Fresse rasieren, Alter. Brain over, Kontaktlinsen rein, Bart aus der Fresse rasieren, kurze Haare. Also 3 mm Haar wie früher und Kappe drauf. Kennt mir keinen Schwanz mehr. da kann ich untertauchen, das ist gut. Das ist gut. Mein Problem ist, ich bin so ultra krass, ich brauche bloß so mal so. Dann wocken ist der Bart wieder da. Ja. Ja. Sam Crow schreibt, bin dagegen, nicht bloß du. Aber über Tor abschneiden habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Das darf sowieso nicht auffallen. Es soll ja der Freiweg wieder gut 3 mm natürlich schon, weil dann Kopfhaut durchblitzt. Aber kürzere Haare schneiden und dann Kappe aus, ist da kein Mensch, der das gespannt hat. Ich habe es immer hintergebunden. Kein Mensch kennt mich eigentlich mit offenen Haaren. Ich habe auch meine Haare fast nie offen. Nicht einmal zum Schlafen, teilweise. Da ziehe ich bloß hinten am Haargummi an, lasse das Würstel auf ihre hängen und lege mich hin, damit es nicht anzieht. Ist ja mit sichtbaren Ohrwaschel schon immer... Hat der Birger eigentlich Ohrwaschel? Nö. Nein, den Fotzenkratzer kannst du nicht woher bespitzt werden. Niemals, ne? Niemals. Ich war noch nie im Gesicht ganz rasiert. Natürlich bevor mein Bart gewachsen ist, aber ihr wisst natürlich nicht, dass ich so schon auf die Welt gekommen bin. Dialekt-Streaming, ich werde es irgendwann mal probieren, wenn ich mal das Equipment habe. Hab kein PC, keine Tastatur, nicht Arbeitssack. Bester Tipp zum Starten: Start nicht mit Streamen. Außer du bist ultra scharf. Oder, egal ob es ultra scharf ist oder nicht, du hast Doppel-D. Oder noch mehr. Oder, und das Allerwichtigste ist am Anfang nicht in teures Equipment investieren, das ist das Allerwichtigste. Keinen Schwanz interessiert am Anfang, wie super toll die Qualität in der Kamera ist etc. Schaust du mal meine alten Streams an, mit der alten Cam noch, mit dem alten Mikrofon, mit alles, ist alles, hat keinen Sau interessiert. Das ist alles, ist ja heute noch nicht gut. Jeden zweiten Stream geht irgendwas nicht. Einfach als VTuber mit dicke Depf, deswegen Doppel-D anfangen. Dicke Depf. Spreng ist wieder zurück.
Sprenge ist wieder zurück. Glückskatze, lol, hab ich alles nicht. Ja, das sagen immer, die Mädels sind, es gibt natürlich auch eingebildete Mädels, so ist das nicht, aber es gibt auch sehr zurückhaltende, die gar nicht wissen, dass sie in der Champions League spielen. So wissen sie nicht. Wir sind meistens auch ewig Single, weil wir uns nicht trauen, euch zum Schmerzen, weil wir halt uns denken, scheiße, ich spiele in der Heime-Klasse, ich spiele in der Champions League, da brauche ich nicht mehr Hallo sagen. Es wird nichts. Nein, es wird nichts. Lass mal bleiben. Es ist nichts. Dafür, das ist auch übrigens der Grund, warum Scharfe tut schnell aus, meistens noch Arschlöcher abkriegen. Weil die sich eben nichts scheißen. Die Champions League tut schnell aus zum Schmerzen. Und da Champions League tut schnell aus sehr selten angeschmerzt werden, nehmen sie alles, was kriegen können. Das ist so meine Theorie. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann nicht bestätigen kann. Alter, wo sind deine Ohren? Herr Gattonier, das habe ich mir ehrlich gesagt jetzt auch gerade gefragt. Der einfach weg, warte, ich hab Ohren. Da sagst du ein bisschen was. Ohrwaschel habe ich noch, den Rest habe ich mir angeschnitten, dass der Schmarrn ist. So, ist 10 nach! Gehen wir anfangen. Timmy Boy, was ist denn da wieder alles? Ich sag merci, wenn ich will, also merci für alles, die gute Unterhaltung, dass man immer was zum Lachen hat. Schon ein paar Mal schlechte Tage gehabt und dann einfach Bürgerstream schauen und es geht ja nicht besser. Also merci. Mr. Timmy Boy, auch du brauchst dich bei niemandem bemerzen. Auch bei mir nicht. So, jetzt machen wir da zu. Was machen wir heute alles? Ich hab mir so viel Scheiße gegeben, wir können mit meinem Bild umeinander experimentieren. Ich kann mein Bild einmal etwas genauer herzeigen, etc. Machen wir halt alles in Ruhe. Wir machen halt Maps. Wird ein sehr nerdiger Stream heute. Ja. Ich werde, wenn jemand Fragen hat, wenn ich wieder mit irgendwelchen scheiß Begriffen umeinander wirf, da wo irgendjemand da ist und sich fragt, was ist das, keine Ahnung, einfach fragen, ich versuche es dann zu erklären. An alle anderen, die das Spiel schon kennen, das darf halt eigentlich sein, eigentlich einige sein, also im Discord ist einiges los mit PoE 2, hat einen riesen Hype erfahren, was mich unbandig gefreut. Ja? Ich sag das, wie es ist, wenn das so weiterentwickelt wird, die sind schon die ersten Patches gekommen, da habe ich richtig Angst gekriegt. Ich habe richtig Angst gekriegt, als hätten die uns im Stream zugehört. Letztes Mal, wann haben wir ein bisschen über PoE geredet? Ich glaube am Mittwoch oder am Montag oder wahrscheinlich an beiden Abenden. Was so die Probleme noch sind. Natürlich hat das Spiel noch Probleme, es ist in der Early Access. Und es gibt einen Haufen Fälle, was mich zum Beispiel tierisch nervt, dass meine Viecher irgendwo die Granaten gegen die Wand werfen. Gut, das geht noch, aber dann bleiben sie wieder zu fünft irgendwo in der Tür stecken. Ich laufe zu weit weg, meine Viecher sterben und brauchen dann 5 Sekunden, bis sie wiederbelebt werden. An mir, bis dahin bin ich tot. Und lauter so ein Scheißdreck. So! Ja, laden wir uns zurück. Was der mal? Keine Ahnung, umeinander wuseln. Was ich gerade gespannt? Na, hat schon seinen Sinn. Passt schon. Irgendwann, ich hab da einen Scheißkreis, ich hab da tatsächlich einen Scheißkreis eingeskillt. Was ist denn das wieder für Behinderung? Wie bist du behindert? Was möchtest du mit der auch einer Note da? Du Vollidiot! Hab ich jetzt gerade im Augenwinkel, aber das entdeckt, einen totalen Scheißdreck eingeskillt. Warum? Weil ich vorher da oben geskillt hab zum Monsterleben. Brauch ich nicht. Stocki. Schluss. Es gibt einfach keinen Stream ohne goldenen Rahmen. Ich weiß nicht, was da los ist. Stocki, habe Tritt zurück, 25 ist zu viel und du weißt es. Kuss auf die Nuss. Dankeschön, es ist zu viel. Jetzt lernt euch zurück, ich habe meinen Tee vergessen. Kruzifick, da habe ich was zum tun, habe ich auch nicht. Warte mal dran. Ich mag eigentlich keine Werbung nicht dafür machen, aber es passiert natürlich indirekt. Ich sag's, es ist das Paulaner Limo. Nein. Also, das ist ja der Limo. Kann man schon saufen, aber ballert mich jetzt nicht vom Hocker. So, Leute, Schluss jetzt. Na, jetzt machen wir erst mit der Alert Sounds aus. Holt's mal. Servus, zum ersten wieder geile Unterhaltung. Schluss jetzt. Servus, ZSM. Ich werde verlegen. Unterhaltung jedes Mal. Dankeschön, ja, holt's warm. Schluss jetzt. Donation Sounds aus, hab ich vergessen. Kuss auf die Nuss. Mittlerweile haben wir am Stream Deck einen Knopf. So. Haben wir irgendwelche Leute, die schon so weit sind wie ich? Ich bin Level 82. Im Endgame rennen so im Schnitt 9er, 10er, 11er Maps, bin noch auf dem Weg Richtung 16er Maps, das ist das Maximum, wie das alles da funktioniert. Also haben wir irgendjemanden, der auf diesem Level umeinander ist? Haben wir da irgendjemanden, der, weiß ich nicht, vielleicht einfach mal reinschreiben, wer spielt, Level, was Satz, Klasse, was Satz. Und dann kann ich es mir ungefähr selber dingen, weil mit Level 76 ist der Next Gen, da darf jetzt eigentlich auch schon im Endgame sein. Ich habe mich brutal schwer am Anfang mit dem Map Sustain, das heißt, die Schlüsselsteine zum Finden, damit ich weiterkomme. Das ist am Anfang echt zag, weil der Trickteufel da,
Nur, lass mich schauen, ja, mittlerweile verkauft er mir da bei Level Up verkauft er immer was Neues. Level 5 Maps verkauft, die kann kein Mensch nicht brauchen. Ja, läuft gerade 6 bis 7 Maps. Ah ja, schon hin. Monk 40, also dann darf er der Next Gen, bis jetzt ist der Hexte herin, 38 Söldner, 23 Söldner, Monk 40, Minion Witch Level 42. Roli schreibt, habe dritt, bin ein bisschen zu spät dran, aber jetzt voll dabei mit einer kühlen Alben, das ist recht, Herr Roli. Oh, Deadeye, 72, der wird auch bald so weit sein, der Gatonero, oh, am Mittwoch war es da noch 76, das ist richtig. Ich habe auch ungefähr 80 Stunden Playtime. Sprengi ist Depp 38. Halt da jetzt dein Maul. Der Gin-Meister schreibt, Alter, alles solo, bin erst 5. Natürlich, ich habe kein einziges Mal mit anderen Leuten gespielt. Also, wenn, dann habe ich anderen Leuten geholfen. Was ich aber sagen muss, ist, eine Spezi von mir hat mir diese Waffen da gegeben. Und die hat plus 13 Stufe aller Kreaturenfertigkeiten. Die hat er mir am Ende von Akt 3 gegeben. Die ist aber ziemlich billig. Wie man handelt, sage ich euch heute auch. Übrigens sind Stash-Tabs im Angebot, so 20-30% umeinander. Wer jetzt halt vielleicht Stash-Tabs braucht, Currency Stash-Tabs und so weiter, so ihr zwei kaufen. Ich war natürlich wieder gierig und hab mir schon welche gekauft, da waren sie nicht übergesetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die dieses Wochenende schon übergesetzt sind. So, aber für das machen wir jetzt da keine Werbung. Schauen wir mal grob mein Bild an. Ja, ich versuche es einfach mal grob zu erklären. Das habe ich am Mittwoch schon gesagt. Die wichtigste, also das war für mich der beste Tipp, das hätte ich eigentlich auch aus PoE 1 wissen müssen, der wichtigste verschissene Stat am Anfang ist da das dritte Affix plus 13 Stufe aller Kreaturenfähigkeiten. Das macht so exorbitant viel aus, das ist unfassbar und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das für alle anderen Klassen gut ist. Zum Beispiel, du, was weißt du nie, du hast irgendwelche Feuerfertigkeiten, dann gibt es das auch auf andere Rüstungsteile vielleicht mit plus 2, 3 bis zu 4 Stufen auf Feuerfertigkeiten. Und dann haben halt deine Skillsteine nicht Level 5, sondern halt Level 8. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie ich die Waffen gekriegt habe, bin ich bloß so durchgelaufen. Meine Viecher werfen nur Granaten und alles ist hin. Und seit dem Zeitpunkt bin ich so ein bisschen dabei, auszumdüdeln und rauszufinden, oder besser gesagt, ich habe mir schon gedacht, dass es so ist. Aushalten ist wichtiger als Schaden machen. Mein Schaden gelangt überall hin. Bin ich auch gespannt, wann da einmal die Fahnenstange erreicht ist, aber ich bin schon Level 11 Maps gelaufen und ich habe überhaupt keine Probleme, also da fällt alles instant um, aber ich halt auch. Darum, wichtig, das Allerwichtigste, glaube ich zumindest, ich rede aber nur, wenn es nicht stimmt, dann muss man das irgendjemand korrigieren natürlich. Resistenzen. Feuer, Kälte, Blitz und vor allem Chaos. So hoch bringen, wie es nur irgendwie geht. Und dann wirst du ziemlich schnell merken, Items mit Leben, Energieschild, Resistenz 1, Resistenz 2, also zum Beispiel Feuer, Kälte oder Kälte, Chaos oder sonst irgendwas, werden immer teurer zum Kaufen und auch schwerer zum Finden. Wie man sich nicht sagen, kauft, sage ich euch nachher irgendwann einmal. Frage, kann man da noch weiter reinzoomen oder ist das das Maximum? Kann man weiter reinzoomen, aber das macht natürlich keinen Sinn. Ja, also das ist ein Action-RPG, das spielst du immer in der ISO-Perspektive von da oben, also sagst du nichts. Ja, ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, aus Sachen außer zum Laufen und schauen, dass ich nicht stirb. Den Rest erledigen meine Minions. Was auch dazu gesagt gehört, der Minion-Bild ist immer einer der leichtesten. Warum? Weil mich ich halt einfach genau darauf konzentrieren kann, dass mich nichts trifft und dass ich nicht stirb und meine Viecher einen restlichen Schaden machen. Ja? Und ich kann ja mal davonlaufen, wenn es pressiert, so hoppala, da kommt ein bisschen viel, laufen wir mal davon, lauter so ein Scheiß. Ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum ich so weit bin. Gibt aber auch andere Klassen, die haben weiter wie ich, die haben halt dann gar nicht geschlafen. Ich habe auch nicht recht viel geschlafen. So, was mache ich in meinem Bild? Phase 1. Gehen wir einfach von oben bis unten auf die Schnelle durch. Meine Unterstützungsgems sind auch noch nicht der Wahnsinn, aber wo sind immer so Ding dabei? Ich habe natürlich als Witch, als Minion Witch meine Skelettkrieger dabei. Das ist die Fähigkeit auf der Waffe drauf. Die haben wir letzte Woche schon gesehen, glaube ich, wie wir angefangen haben. Da habe ich 4 Storner drin. Die haben mir eigentlich gar nicht so wichtig. Die haben eigentlich bloß als Meat Shield da vorne. Meat Shield bedeutet, die sollen da Viere laufen und schauen, dass die anderen Viecher nicht zu mir herkommen und die da einfach aufhauen. Kaputt hauen. Dann habe ich da eigentlich nur physischen Schaden und sonst gar nichts. Ja, machen 30% mehr Schaden, machen 35% mehr Schaden, machen 6% Lifesteal, das heißt, wenn die Arme sauber drauf drehst, bumm, heilen sie sofort wieder voll. Meat Shield sollen aushalten.
Und dann haben wir noch, ich habe nicht gewusst, was ich sonst noch rein tun soll, Rüstung Zerbrecher. Ja, dann machen sie mehr Schaden. Mehr Schaden, heilen sie sich mehr Schaden, immer gut. So, das ist der scheiß Streikkolben. Warum ich den drin habe, das weiß ich nicht. Der glaube ich kommt von der Legendary-Waffen, brauche ich aber nicht, da habe ich nichts drin, nehme ich nicht her. Dann habe ich meine Ascendancy. Das ist also ein bisschen ein Problem bei der Minion Witch. Das habe ich halt am Anfang auch nicht gewusst, weil ich mir zum Spiel mit Absicht nichts angeschaut habe. Das ist die sogenannte Aszendentenklasse. Das bedeutet eine Unterklasse, das definiert deine Klasse einfach nur ein bisschen. Da haben richtig krasse Skillpunkte drin, die haben richtig viel krass stärker wie alles da rundherum. Die haben ja ziemlich schwer zum Kriegen. Schauen wir uns halt auch an, wie wir da die nächsten Punkte kriegen im Übrigen. Und für Minions, für eine reine Minions-Klasse, vielleicht wer das nicht weiß, was sind Minions, was sind denn eigentlich Minions? Minions sind im Prinzip Diener. Ja? Also eine Klasse, die nicht selber zuhaut. Ich hau nicht selber zu oder ich schieß nichts, sondern ich habe jetzt Skelette dabei, die das für mich erledigen. Das ist eine sogenannte Minion-Klasse. Gibt es noch nicht. Also es gibt keine Necromancer, also Nekromanten-Ascendancy. Das bedeutet, es gibt keine ultra krassen Nodes für meine Viecher. Außer eine. Und da kriege ich einen loyalen Höllenhund. Das passt natürlich gut. Ich habe nur Buffs auf meine Viecher drauf und wenn ich noch einen zusätzlichen Diener kriege, ja, her damit. Und was ganz nett ist, 20% des Schadens von Treffern werden zuerst vom Leben eures Höllenhunds abgezogen. Und der ist ziemlich fett. Da kann man auch mal da in die Werte reinschauen. Der hat... Erstens einmal macht er mal 5400 DPS, das ist mehr als meine Skelette. Allerdings sind die ja zu 8. So, wo ist denn sein Leben? Ja, der hat über 14.000 Leben. Da können die Gegner oft drauf prügeln, bis der stirbt. Und ich kriege einfach 20% weniger Schaden, solange der am Leben ist. So viel dazu. Was habe ich da so drin? Wenn er stirbt auf 0, lebt er nur 4 Sekunden weiter. Schaut nicht. Unterstützte Fertigkeiten haben 100% mehr Chance auf Entzünden. Das Viech zündet andere Viecher an. Mit einer 100% mehr Chance zündet das halt einfach fast 100%ig an. Dann haben wir da die Entzündungen, die er verursacht, übertragen sie auf andere Gegner. Das heißt, wenn der Arme in seine Gegnergruppen, wenn der Arme in seine Gegnergruppen reinrennt, dann fangen alle zum Brennen an. Dann haben wir da noch unterstützte Angriffe verursachen Benommenheitsaufbau in Höhe von 100% des verursachten physischen Schadens. Das ist eigentlich ein totaler Krampf. Das macht überhaupt keinen Sinn da drin, aber ich habe es einfach reingesteckt, weil es mir wurscht ist dabei. Der ist eigentlich nur zum Tanken da. Das heißt, er steht da vorne drin und fängt Schaden ab, das alles. So, dann am Dienstag, glaube ich, ist mir droppt. Montag oder ich weiß nicht mehr wann. Ab wann war ich im Endgame? Ich glaube ab Dienstag oder Montag, ich weiß nicht mehr. Wie Sie sehen können, haben da 5 Unterstützungsgems drin. Dazu brauchst du ein bestimmtes Item. Das habe ich genau einmal gefunden. In den 80 Stunden jetzt. Ich glaube, da hätte ich lieber Lotto spielen sollen. Ich glaube, das Ding ist, glaube ich, 40 oder 50 Exalted Orbs wert. Exalted Orb ist sowas da. Das ist jetzt eine hoheitliche Fähigkeit, das ist kein Exalted, aber Currency. Die Leute, die spielen, wissen schon, was ich meine. Mein wichtigster Spell, Skelly Boys. Was deren die? Sie machen 20% weniger Schaden, dafür werfen sie 3 Granaten anstatt einer. Was heißt das? Schaden verdreifachen, minus 20%, also machen wir quasi 240% mehr Schaden mit dem Ding. Außerdem haben wir eine größere Fläche, die wir abbomben und. Dann unterstützt die Fertigkeiten durchdringen 30% Feuerwiderstand. Warum? Wir werfen Feuergranaten. Achtung. Schauen wir die Skelly Boys an, die werfen eine Feuerbombe mit ungefähr 1860 DPS, aber halt mal 8, weil ich 8 Skelette dabei habe. Dann haben wir Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten verursachen 30% mehr Schaden. Sie selber kriegen aber auch 20% mehr Schaden, sterben also schneller, wenn sie was abkriegen. Ist ein typischer Glaskanonen-Unterstützungsgem. Dann haben wir unterstützte Fertigkeiten haben 40% mehr Wirkungsbereich. Das heißt, wenn die Granaten, die es werfen, explodiert, ist der Explosionsradius um 40% größer. Und, weil ich noch nicht so wirklich weiß, was ich als 50. da rein tue, habe ich einfach mal plus 1 zur Stufe unterstützter Kreaturenfertigkeiten rein da. Und bei mir schaut jetzt das folgendermaßen aus. Eigentlich ist der Stor Level 17. Aber durch meine ganzen Buffs da rundherum, plus 3 da, plus 3 da, plus 3 da, plus 1 da drin, ist er auf Stufe 26. Und das ist so, wie ich das gekriegt habe, das war so utopisch, du gehst rein, alles schmelzt. Dann habe ich Exhumieren. Das ist dieser Cone, mit dem haben wir letzte Woche angefangen. Und jetzt mal, wenn ich den über eine Leiche drüber mache, spawnen kleine Viecher.
Da werden wir nachher auch mal im Bild ein bisschen umeinander experimentieren, weil ich ein paar Ideen habe, die wollen wir aber speziell jetzt für den Stream aufkommen. Was ist da so drin? Wenn ich eine Leiche verbrauche, wenn ich das über eine Leiche drüber mache, dann kommt das kleine Viech raus und da habe ich eine 25% Chance, dass die Leiche nicht verbraucht wird, dass ich nochmal drüber fahren kann, dann kommen 2 Viecher raus. Dann haben wir, dass diese Fertigkeit 40% weniger Mana kostet. Warum? Weil ich das Ding die ganze Zeit reinhau. Dann unterstütze Fertigkeiten stoßen Gegner bei Treffer zurück. Das ist eigentlich nur experimentell drin, ich finde es mittlerweile aber ganz lustig. Erstens, die kleinen Viecher, die rauskommen, schubsen Gegner zurück. Und mein Cone, die ich da Vieri hau, schubst ebenfalls Gegner zurück. Und sowas suche ich schon lange, dass ich Gegner, wenn die auf mich zurennen, wie die Vollgasnarischen und meine Viecher noch nicht da sind, dass ich die kurz einmal ausbremsen kann und abhauen kann. Außerdem Gegner wegschubsen, wenn du irgendwann in einem Eck drin stehst, und das passiert mir permanent, dass mit Viecher einsperren, auch immer noch nach dem Patch. Kurz weggeschubst, weggerollt. Safer. Schmerzopfer! Mein zweitwichtigster Spell. Wenn die Viecher 2 aushalten, also nicht bei One-Hit sterben, was mein Anspruch ist, dann opfer die eins von meinen Viecher und das Ding macht im Prinzip in einem bestimmten Umkreis 30% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit und 49% mehr Schaden. Das bedeutet, ich opfert ein Skelett und in einem Umkreis kriegen alle meine Skelette einen Buff, die zuhauen wie die Vollgasnarischen und einfach 50% mehr Schaden machen und dann schmilzt alles, auch Bosse. Dann haben wir 30% erhöhte Wirkung von dem Ding. Dann habe ich drin, von unterstützten Fertigkeiten erstellte Objekte erzeugen einen Rauschbrunnen. Das ist ja gut, ich habe einfach nur Rausch gelesen, habe ich es auch nicht durch. Ich weiß eigentlich gar nicht, was der tut. Da gibt es so eine Rauschladung, dann werden deine Viecher, je länger sie in dem Buff stehen, immer stärker. Dann haben wir, ich kann immer nur ein Schmerzopfer haben. Das hält 6 Sekunden, das Opfer, also der Opferturm. Solange das da ist, kann ich kein zweites nicht herholen. Darum habe ich den Stein da, dass ich 6 Sekunden Abklingzeit kriege, also einen Cooldown kriege, der mich nicht interessiert, aber der Wirkungsbereich von der Aura wird 50% größer. Dass wenn die Viecher ein bisschen weiter weglaufen und so, der Buff immer noch zählt. Und am Schluss habe ich noch eine 40% erhöhte Fertigkeitsdauer, das brauche ich eben da drin, damit das Ding genau 6 Sekunden hält und 6 Sekunden Cooldown hat. Ja, also kann ich das Ding ist immer aktiv, wenn ich es haben will, sagen wir es so. Dann habe ich noch einen kleinen Debuff, da steckt noch nicht recht viel drin, weil ich ehrlich gesagt nicht so ganz weiß, ob das Richtige ist. Das ist noch ein zusätzlicher Debuff, um noch mehr Schaden zu machen gegen dicke Bosse, die einfach ein paar Sekunden brauchen, bis sterben. Das ist so eine Fläche am Boden, alles was da drin steht. Kriegt minus 35% zum Feuerwiderstand, also im Prinzip 35% mehr Schaden. Da habe ich Unterstützungsgems drin, dass sie Flüche, wie erkläre ich das jetzt am besten, da ist ein Viech drin, das kriegt den Fluch ab. Und wenn das stirbt, verteilt den Fluch im Umkreis von 3 Meter auf andere Viecher, die ihn noch nicht haben. Es schaut sehr satisfying aus, wenn so ein Viech vor dir den Fluch hat und du bringst es um und hinterher mal 100 und dann verbreitet sich dieser Fluch über die ganze Map im Prinzip. Und dann habe ich noch durch Unterstützung Fähigkeiten verursacht die Anfälligkeit hat 30% erhöhte Wirkung. Das heißt einfach, der Debuff ist 30% stärker. Und da, Manu, gehst dann befördert worden, das muss gefeiert werden. Ja, aber nicht bei mir im Stream, Alter. Geht fort und sauft dir die Fotze voll. Das ist Freitag, Alter. Und ich meine nicht hinaus befördert. Wünsche euch einen schönen Abend, gute Haltung. Merci für den Resub. Manu, merci für den Zigel. Kuss auf die Nuss, Ralf, merci für den Resub. Goldi, merci, hol's mal merci. Ist auch Schluss. Da bin wir da mit durchgekommen. So, dann habe ich noch einen Def Jam drin. Hast du nicht einmal Hip-Hop-Grund geheißen? Egal. Eine Defensivgeschichte, also nicht nur offensiv rein. Ich meine, natürlich Schaden, alles was stirbt, kann mir keinen Schaden nehmen. Natürlich ist das immer gut. Aber ich habe da dieses grimmige Festmahl drin. Was tut das? Wenn Gegner sterben und meine eigenen Viecher sterben, droppen die so kleine weiße Kugeln. Das sind ziemlich fei. Und wenn ich da reingehe, kriege ich einfach 500 Energieschild. Instant. Also ohne Aufladung, sondern zack, bin wieder voll. Und mit einer 50%igen Chance. Und das heißt, gehen wir mal wieder zurück, jetzt haben wir so ein bisschen bei den Synergien. Beim Exhumieren, wenn ich über Leiche drüber fahre, kommen kleine Viecher raus. Und die Viecher, die sterben nach 12 Sekunden. Und jetzt, wenn stirbt, hat er 50%ige Chance, so eine kleine Kugel fallen zu lassen. Das heißt, solange ich die Viecher aufrechterhalte, also solange ich in Bewegung bleibe und immer am Viecherkillen bin und das Ding neu spawn,
sterben alle paar Sekunden welche von mir, droppen die weißen Dinger, die glaube ich wieder zusammen und bin quasi eigentlich untötbar. Außer, wenn irgendwas kommt, das mir instant umbringt. Also einfach zack, tot. Und mir 10 Millionen Schaden macht. Dann habe ich natürlich verschissen. Problem an dem Spell ist so ein bisschen, bei Bossen ist gern so, dass keine kleinen Viecher kommen, also keine Leichen nicht da haben. Also habe ich auch keine kleinen Viecher nicht. Schlecht. Aber gut. So, und da habe ich ein Unterstützungsgem drin, dass ich 30% mehr Mana-Reg habe. Das ist, mehr gibt es da leider noch nicht. Da gibt es, glaube ich, bloß 2 vernünftige Steine. Und ja, und das Knochenopfer gibt meine Viecher ein Schädel, das nehme ich aber nicht her, das ist auch nur experimentell. Experimentell. So, damit ihr das gesehen habt. In meinem Skilltree gibt es eigentlich nicht recht viel zu mir erklären. Da hat mich auch schon jemand danach gefragt. Ich weiß nur nicht mehr, wie er im Chat herin heißt. Sag ich dir freiwillig, was ist, pass auf. Das war eben der Shockwave. Der Shockwave war es im Discord. Der hat mir geschrieben, ob er mein Bild sehen kann. Ich habe eigentlich 90% von meinen Skillpunkte in die Kreaturen-Sachen drin. Schaden, maximal Leben. Da, am Anfang da überall. Da heraußen ist ein ganz starker, da oben ist ein ganz brachial starker. Der Kreis ist brachial stark, den da ich gern später auch wieder auffüllen. Aber ich bin die ganze Zeit, ich spule halt und dann merke ich, okay, hab massiv Schaden. Dann können wir ein paar Notes aus dem Schaden raus da, aber ich stirb zu oft, dafür gehen wir, oder meine Viecher sterben zu oft, dann gebe ich ihnen ein bisschen mehr Resistenzen, mehr Leben und so weiter und so fort und versuche die Balance zu finden. Da ich aber die ganze Zeit noch im Progress bin und immer her in die Level gehe und immer Level, wechselt das die ganze Zeit. Mein größtes Problem ist aktuell, ich halte selber Zwang aus, ich stirb zu oft. Und, Warnung, ab Level 75 verlierst du 10% deiner XP da unten von deinem Level, wenn du stirbst. Entweder ab Level 70 oder ab Level 75. Da habe ich nicht gescheit aufgepasst, ab wann das ist, aber ich glaube ab 75. So. Ansonsten habe ich dann für mich auch ein paar Sachen gemacht. So ist das nicht. Ich habe da ein bisschen auf Mana-Reg geskillt und da auf plus 10 zu Int und höherer Energieschild. Bedeutet, dass ich halt mehr aushalte. Synergiert dann, so hoffe ich, so bald ist mir zumindest ein, ganz gut mit meinem grimmigen Festmahl, da wo ich die ganze Zeit mein Energieschild wieder auflade. Das Nette nämlich an dem Ding ist, das habe ich noch vergessen zum Dazusagen, das Wichtige an dem ist, mit den weißen Punkten, die du aufsammelst, kannst du dein Energieschild verdoppeln. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber da sagt man, wie hoch mein Energieschild ist. Das ist aktuell bei 1127. Wenn ich jetzt so ein weißes Pointgal aufglaub, dann geht das über das Maximum hinaus, bis maximal das Doppelte. Also ungefähr 2260. Und dann renne ich, wenn das aufgeladen ist, und das ist immer aufgeladen, weil ich immer durch die weißen Kugeln durchlaufe, dann renne ich da mit 2400 Energieschild und 1800 Lehm umeinander. Und das ist schon was. Das merkt man, jede 50 bis 100 Lehm merkt man. Und da habe ich einfach ein paar Notes mitgenommen mit erhöhter Energieschild, erhöhte Rüstung, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, erhöhte Rüstung, Energieschild und momentan versuche ich da ein bisschen einer zum Gehen. Da gibt es das gleiche nochmal. 12% mehr Rüstung, 12% maximaler Energieschild. Und dann darf jetzt das eigentlich so gut wie sei. Der Kaip fragt, wieso blinken da manche Punkte? Wer sich da drin nicht zurechtfindet, tue ich übrigens auch noch nicht. Ich habe heute auch wieder ein paar Notes entdeckt, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das wieder für eine dumme Scheiße? Was soll ich mir da denken? Keine Ahnung. Du kannst da rechts oben in die Suche Sachen eingeben. Da herum ist im Skilltree eine Suche und wenn ich da zum Beispiel Kreatur einschreibe, dann fangen alle Notes an zum Blinken, wo das Wort Kreatur vorkommt. Genauso, wenn ich da einschreibe Energie, dann blinken alle Notes, wo irgendwie Energie vorkommt. Und im meisten Fall ist es halt Energieschild. Weil mich das einfach interessiert hat, ich suche dann so, wo komme ich am schnellsten hin, wo brauche ich die wenigsten Punkte. Da hätten wir auch noch was, schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung, das bringt mir gar nichts. Und so weiter. Ja, ist vielleicht eine ganz nette Hilfe für neue Leute, weil das Ding, bis man den Skilltree auswendig kann, da speist ein paar 100 Stunden. Kann man nur einmal sockeln oder kann man die Gems austauschen? Welche? Mr. Bernie, meinst du die da herin? Die kann man jederzeit rausnehmen und wieder reinstecken. Was sehr gut, was mich wundert, um ehrlich zu sein. Kennst du Overlord? Wenn ja, wie findest du es? Ich kenne Overlord nicht.
glaube ich kenne den Film. Der hat mir nicht gemessen für 25 Monate. Kuss auf die Nuss. Oder? Ah, den habe ich noch gesehen, passt. Gut, dass ich jetzt cremiges Festmahl, ich habe wahrscheinlich aber auch cremiges Festmahl gesagt. Aber ja, Steffi ist schon drin, cremiges Festmahl. So, jetzt bei so 8. Ja, und da die sagen, sind wir fit. Weißt du, was ich noch machen muss? Trials. Und zwar da, wo wir gerade geschmerzt haben, Skillpunkte für die Unterklasse rausholen, weil vielleicht da gibt es überall 4% erhöhtes Mana, 12% Crit, 3% erhöhtes Leben. Und das ist for free, nehmen wir es natürlich mit. Ist ja klar. Und dann können wir uns vielleicht einmal ein bisschen genauer die großen Nodes anschauen, vielleicht kann man doch irgendwas brauchen. Ich darf es zumindest gerne mal ausprobieren. Da steht ein Haufen narischer Scheiß drin, wie zum Beispiel, werdet entzündet, wenn ihr einen kritischen Treffer landet und ihr leidet 15% eures Lebens- und Energieschilds als Feuerschaden pro Sekunde. Das heißt, ich bin in 8 Sekunden dann tot, oder was? Dafür kriege ich 30% mehr Bonus für kritische Treffer. Das bringt mir halt gar nichts, weil meine Viecher zuhauen und nicht ich. Was haben wir da? Pyromanischer Akt, kann man mit 2 Punkten direkt ein. Was passiert da? Maximales Mana wird durch maximale Höllenflamme ersetzt. Das heißt, mein Mana da unten wird einfach was anderes und kann dann nichts mehr hernehmen mit Mana oder pff. Erhaltet Höllenflamme statt Mana für Fertigkeitenkosten zu verbrauchen. Erleidet maximales Leben und Energieschild als Feuerschaden, wenn Höllenflamme Maximum erreicht. Das heißt, wenn mein Mana voll ist, dann stirb ich, oder was? Verliert sämtliche Höllenflamme beim Erreichen maximaler Höllenflamme. Ja, da stirb ich, da steht dort, er leidet maximales Leben und Energieschild als Feuerschaden. Also ja gut, ich habe ja Feuerresistenz, das heißt, dann bin ich halt halber hier oder was auch immer. Verliert sämtliche Höllenflamme beim Erleiden maximaler Höllenflamme, verliert 10% der Höllenflamme pro Sekunde, wenn in den letzten 2 Sekunden keine erhalten wurde. Das verstehe ich nicht. Das ist wieder so ein Ding, das musst du einfach ausprobieren. Keine Ahnung, was da... Während ihr bei hoher Höllenflamme seid, verursachen ihr und Verbündete in eurer Präsenz 20% des Schadens als Feuerschaden. Da muss man dann wieder studiert haben. Bernie schreibt, schau dir mal die Flammenschädel an, Birger, könnte was für dich sein. Habe ich schon gesehen, kommt eventuell nachher. Wir werden nachher mal was probieren, womit ich mich gar nicht befasst habe, nämlich mit Autocasts. Bedeutet, die halt selbstständig Zauber auslösen. Und da könnte man eventuell so Flammenschädel-Scheiße auslösen und so weiter. Aber das Problem ist ein bisschen, ich brauche nicht mehr Schaden, ich brauche mehr Aushalten. Aber gut. So, was wir jetzt jetzt kann man mir irgendwie irgendwas spähen, bevor wir da umeinander philosophieren, weil ganz ehrlich, wahrscheinlich denken sie schon wieder die Hälfte so, Alter, was laut, ich habe keine Ahnung. Wo gehen wir? Ich weiß es nicht. Das steht bei mir nur aus. Das Ultimatum. Jetzt bin ich Level, 82. Seit gute 50 Level ziehe ich diesen Gem da mit und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich habe nicht gewusst, dass wir das noch machen, das werden wir jetzt machen müssen. Das hilft nicht, da prügelt man uns jetzt schnell durch. Dazu gehen wir in den Tempel des Chaos, glaube ich, war das. Und da kriegst du eine Aufgabe. Es ist unter anderem übrigens eine Endgame-Mechanik, aber auf Level 38 sollte man da jetzt eigentlich nicht recht viel fein. Aber vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gesehen. Ich glaube, das kommt in Akt 3. Da sollten aber die meisten mittlerweile durch sein. Du findest später random diese Steine. Da habe ich auch zigtausende meiner Kisten drin. Können wir nachher auch einmal schwere machen, wenn es ist. So einen habe ich auch noch nie gemacht, sage ich, was ist. Ich habe nichts außer gemappt. Was das ist, sage ich euch auch nachher. Da steckst du den Stein rein, machst öffnen. Und seeks to bend fate to her will. Das ist ein ziemlich grantiger Teil. Und dann, damit du in diesen Prüfungen des Chaos hineinkommst, und dann ist da der Trial Master. Warum ruckeln das jetzt da so kreislig? Was ist denn da jetzt schon wieder? Gewinner klang ich schon wieder. Stirb ich bloß wieder. Genau. So. Der Prüfungsmeister, da sind wir nun. So. Der gibt da jetzt eine Prüfung vor. Und das ist deine Belohnung. Da schau ich rein. Also, das ist eine Stufe 27 Bogen, blau, der interessiert mich wie ein Scheißdreck, aber später können da richtig krasse Items drin sein. Vor allem verderbte Items, die nochmal krasser sein können als normale Items. Können aber auch kaputt gehen dabei. Egal. Eine eigene Mechanik.
Und ich muss jetzt da herunten einen, wie soll ich sagen, was ist denn das? Ein Debuff, nennen wir es Debuff. Ein Debuff auswählen, was in der nächsten Prüfung für Bedingungen herrschen. Zum Beispiel Dürre, Monster gewähren bei Tod keine Fläschchen und Fiolenfüllungen. Das heißt, mein Mana und mein Leben füllt sich nicht auf. Wenn ich Viecher umbringe, ganz furchtbar schlecht. Weil irgendwann hast du keine mehr und dann stirbst du einfach. Was ist das zweite? Unaufhaltsame Monster. Monster können weder verlangsamt noch betäubt werden. Betäuben und verlangsamen tue ich eigentlich nicht, das kann man nehmen. Und verringerte Reichweite, 50%iger Wirkungsbereich und Projektilgeschwindigkeit. Das ist natürlich absoluter Bullshit, weil dann der Flächendamage von meinen Viecher um die Hälfte kleiner ist und mein Fluch um die Hälfte kleiner ist und alles um die Hälfte kleiner ist. Also nehmen wir die Verlangsamung und der wir mal beginnen. Und die Schwierigkeit dabei, die werdet ihr jetzt dann gleich selber sehen, denn warum ruckeln das so komisch? Irgendwas ist komisch. So, ich bin jetzt da und wir werden jetzt da oben geschickt. Haben sie das schon gefixt? Ich weiß es nicht. Mein größtes Problem ist, wenn ich mich da auf die Plattform stehe, dann fährt die oben und meine Skelette bleiben meistens hinten stehen. Das heißt, die stehen dann da oben und ich bin allein da unten mit den Viechern. Herzlichen Glückwunsch und dann stirb ich halt einfach, weil ich nichts tun kann. So, du gehst jetzt da rauf. Und dann ist die Prüfung, so glaube ich, die erste ist immer, ja, das ist halt jetzt ein Witz. Da waren so weiße Bunkel da, die machen mir, glaube ich, auch keinen Schaden. Nee, ich kann einfach stehen bleiben. Ah, es ist ein AFK-Bild. Gut, das ist Level 38, was haben wir noch auch gemacht? So, da wursteln wir uns jetzt schnell durch, das hilft nicht. Ich glaube, da kriegen wir nämlich am Schluss noch irgendwas. Das ist noch Teil der Quest, die ich nicht gemacht habe. Nochmal kurz zur Demonstration. Da liegt jetzt zum Beispiel... Warum ist jetzt die Leiche da wieder weg? Das sind manchmal so Sachen, Leute, ich kann kein Leichenbild spielen, wenn die scheiß Leichen nach 5 Sekunden verschwinden. Was ist denn das wieder für Blödsinn? Ja, stirbt das auch. Da sieht man auch lustig den kleinen Schubser. So. Herausforderung, besiegt alle Monster, haben wir erledigt, wunderbar. Es geht weiter zum nächsten Raum. Nächster Raum wo? So, und das ist jetzt die Krux an dem Ganzen. Das war die erste Runde von 10. Und unser Debuff bleibt aber. Das heißt, die Viecher können nicht gestunt werden. Auch in der zweiten Runde nicht. Und in der zweiten Runde kommt nochmal so ein Debuff dazu. Und nochmal einer und nochmal einer und nochmal einer. Wo geht's denn jetzt da weiter? Möchtest du mich verarschen oder was? Da oben nicht weiter. Hä? Was ist denn das wieder für ein Krampf? Wo ist denn der Scheiß? Ach, da unten ist der Lift, oder? Das sieht man auf der Karte ein bisschen schlecht. Da der Lift nach oben, ja. Da stehen meine Viecher wieder unten. Oh! Sie haben's schon gefixt! GGG, so. Bruder, 2012 möchte sein Tab wieder zurück. Okay. Das ist gut für uns. Also für mich. Wo genau gehe ich jetzt da herum? Ich möchte mich. Was ist denn? Ich nicht, da passieren komische Sachen. Bin ich vor. Ich weiß nicht, wo ich den scheiß Raum verlassen kann. Möchtest du mir jetzt. Was ist denn der Schalter? Wie gesagt, ich war da noch nicht drin. Also ein einziges Mal war ich drin im ersten Durchlauf in Akt 3, weil ich müssen hab ich im iPad. Ich weiß nicht, was man da drin tun muss. Aber ich kenne die Mechanik, die hat es im Einsatz schon gegeben. So, nächste Prüfung. Da muss man, finde ich, ein bisschen weit laufen, aber das gefällt. Da erinnert ich mich beim ersten Mal auch noch dran. So, das ist just the beginning. So, und jetzt steht da herum, Runde 2 von 10. Das ist die Belohnung, die wir kriegen. Die ist jetzt auch wieder für den Arsch, aber die Items können später da drin richtig heftig sein. Blutkugeln. Ich muss jetzt halt wieder einen Debuff auswählen. Nicht vergessen, wir haben ja schon einen Debuff. Blutkugeln manifestieren sich in der Nähe und verfolgen euch. Wenn sie sich über euch befinden, fallen sie herunter und verursachen physischen Schaden. Das heißt, du kannst nicht mehr stehen bleiben. Monster haben 300% erhöhte kritische Trefferchance. Au.
Ringe des Chaos erscheinen auf dem Boden, die mit der Zeit größer werden und für physischen Schaden explodieren, sobald sie die maximale Fläche erreicht haben. Es ist auch immer scheiße, weil meine Viecher da natürlich gern drinstehen und dann einfach sterben. Werden die Viecher stärker vom Level her pro Runde? Das ist eine richtig gute Frage, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil der Stor, den du am Anfang einsteckst, damit du überhaupt da reinkommst, hat ein bestimmtes Level. Sagen wir mal, der hat jetzt 38. Deswegen glaube ich, dass die Viecher da drin immer Level 38 sind. Also auf dem Schwierigkeitsgrad-Level von 38, vom Damage-Machen und vom Aushalten. Aber es wird natürlich brachial viel schwerer mit jedem Debuff, den du auswählen musst, weil du sonst nicht weiterkommst. Was du aber machen kannst, ist, du kannst vorzeitig abbrechen. Ja, die Belohnungen werden natürlich immer seltener und immer krasser und immer krasser und immer krasser und immer krasser. Aber du kannst wieder sterben und dann ist alles weg. Ja, dann kriegst du alles, was du da gespielt hast, ist weg. Und wenn ich jetzt da auf Belohnung nehmen drücke, dann nehme ich mir den Bogen und brich ab. Ich mache jetzt aber mal bis zum ersten Boss, den hauen wir um und dann brich ich ab oder was auch immer, was wir der ganze Scheiß da, der bringt mich normalerweise, soll er mich nicht umbringen. Das ist auf Level 38, ich bin 50 Level drüber, wenn mich umbringt, dann habe ich was falsch gemacht. So, gehen wir da runter. Ah, das ist wirklich gut. Mr. GGG, das ist wirklich notwendig, weil da warst als Minion-Depp, warst wirklich angeschissen, wenn da alles voller Viecher ist, du fährst oben, deine Viecher auch nicht da. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann rolle ich erst einmal 5 Sekunden im Kreis umeinander, bevor ich irgendwas tun kann. So, was muss ich tun? Betrete den Herausforderungsbereich, das habe ich gemacht und das ist das Verderbtheitspodium, beginnt die Verderbtheitsprüfung. So, jetzt muss ich 1,5 Minuten lang überlegen. Also du musst da auch nicht jetzt mal das Gleiche machen. Ich muss jetzt natürlich, am Ende des Tages musst du immer Viecher umhauen, das ist eh klar, ich meine, das darf ja jeder verstehen. Aber es ist immer ein bisschen anders. Es ist jetzt so eine Blutkugel und wenn ich halt stehen bleibe, dann fällt mir die auf den Kopf und dann war's es. Aber das müssen wir jetzt aussitzen. Das ist jetzt nicht recht spannend, weil das ist halt, warte mal, wie viel Schaden macht's denn? Ja, 100. Mein Energieschild hat sich nicht recht stark dafür interessiert. Das ist ein gelber Oh! Die nehmen wir natürlich. Oh, 50 Sekunden noch. Ja, das hilft nicht, da müssen wir jetzt schnell durch. Das hilft nicht. Ich glaube nämlich, das Gefühl, das ist immer nur Teil von der Akt 3 Quest, der Nebenquest, dass man, wenn man das abgeschlossen hat, Apps kriegt. Ich hoffe bloß, dass das auch das Questing ist. Weil irgendwie war beim letzten Mal ist das nicht bis Runde 10 gegangen. Zieh's durch, möchte wissen, was am Ende kommt. Das ist eigentlich ein guter Punkt, jetzt wo uns noch nichts passieren kann und später sterben wir bloß wieder behindert. Dauert aber eine Zeit, gell? Ich meine, das kann ich jetzt nicht einmal schneller machen, wie ich gern würde oder könnte. Ich glaube mal, die weiß, was ist denn das da? 4 Sekunden. Los. So, haben wir es, dann geht da der Lift ab. Warte mal, das Ding nehmen. Los doch die scheiß Fähreling, Alter. Hebedrucker. Auf Meter mal. Wir haben noch Zeit, morgen ist Samstag, das ist absolut richtig. Was ist jetzt da? Lass mich jetzt auffahren. Ja. Weiter geht's. Ich möchte diese Trials ja in schwierig machen. Also in richtig, nicht auf Level 38. Was haben wir da? Blauer Schund, 40 verringertes Leben, Mana- und Energieschild, Wiederherstellungsrate, da uns die auch nicht interessiert, beginnen. Ja, Mana-Reg interessiert uns eigentlich schon, haben wir schon wieder verschissen. Das, wenn er richtig gewesen wäre, wird man so richtig hart gefickt jetzt gerade. Follow the path. Was muss ich denn da? Ah ja, weißt schon, was zum Tor ist? Du musst jetzt in der Natten von diesem Totem stehen oder am besten drunter irgendwo und währenddessen fährt das. Im Prinzip ist es eine Escort-Quest. Und währenddessen kommen die ganzen Viecher und die ganzen Scheißmechaniken mit diesem Chaosklump da am Boden und die Blutkugel über dem Kopf und irgendwann eskaliert das bloß noch und dann stirbst du halt meistens, wenn du es übertreibst. Wenn du natürlich bis Stufe... Jetzt haben wir 2 gegangen. Wenn du natürlich bis Stufe 10 durchkommst, mich dann auch interessieren, was dann kommt. Ob auf der niedrigen Stufen schon überhaupt was Besonderes kommt, würde mich interessieren. Ich mag auf alle Fälle bis zum ersten Boss. Und dann schauen wir uns einmal normale Maps an. Damit man das Endgame, also das primäre Endgame einmal sieht. Trials müssen wir noch machen. Ich brauche die Ascendancy-Punkte. Habe ich auch noch nicht herausgefunden, wie man das am Gescheitern macht. War ja erst einmal drin.
Auch wenn da 10 steht, glaube ich, geht doch das auf der Stufe bloß bis 4. Was? Aber wenn da 10 steht, glaube ich, geht doch das auf der Stufe bloß bis 4. Ach so, meinst du, weil es halt die Quest ist, gell? Ich weiß nicht, ich hab mir jetzt da nicht in den zweiten Akt 3 eingeport, sondern ich habe einfach direkt besucht, den Chaos-Tempel gedruckt. Das ist, glaube ich, nämlich auch neu. Das ist auch per Patch gekommen. Das ist der Knopf da hinten. Ich weiß nicht, ob es da auch geht, aber ich habe den Quest-Store eingesteckt. Schauen wir mal, machen wir einfach mal. Ich glaube, wie weit ist denn das gegangen? Wie weit ist denn die Quest gegangen? Bis zum ersten Boss, oder? Der Flüger, die Vollidiot. Ja, jetzt steckt das Ding da rein und Gas jetzt da. Was ist denn die Dauer mal zu lang? Das ist genau der Grund, warum ich die ganze vor mir hergeschoben habe. Also ich habe es bis Runde 5 gemacht mit Level 40. Ja gut, da machen wir mir auch bis Runde 5. Maximal. Weil ansonsten, das ist jetzt da... Wenn ich es beenden kann, dann ist ja auch die Quest, die war ja dann broken, wenn ich damit die Quest nicht abschließen darf. Und ich glaube, man kriegt da was. 2 Skillpunkte oder irgendwas. Ja, es ist schon, muss da haben kritische Trefferscheiß, hau rein, los. Mir wurscht. Ob es 2 oder 4 Schaden machen, ist mir scheißegal. Muss ich machen. Betrete den Herausforderungsbereich. Hello. Oh, ist das schon der Boss? Das ist der Boss? Oder? Nein, ist nicht der Boss. Was muss ich machen? Was soll ich machen? Hallo? Bin verwirrt. Lol, komm mal auf, Figi. Ah ja, doch, ist schon der Boss. Oh, was zur Hölle ist denn das? Den hab ich noch gar nicht gesehen. Vogel! Jetzt was auch nicht mehr mit. Naja, das war der Vogel. Ich mag gar nicht wissen, wie asozial das er ist in Graus. In einer Mechanik übrigens immer noch, wenn es drin stehen bleibst, bis hier. Aber das soll ja auch so sein, das ist auch gut so. Da hat der Minion-Builder übrigens einen ganz großen Nachteil. Da wuselt so viel auf, noch mehr wie sonst schon auf dem Bildschirm, dass manchmal halt einfach stirbst. Dass manchmal einfach stirbst, ohne zu wissen warum. Das scheint's gewesen zu sein. Das war schon die Quest. Das war schon der Quest-Store. Da bist bloß 3 Runden, kommst zu einem Boss und dann war's es. Halt, damit du sechst, wie die Mechanik funktioniert. Später kannst du es 10 Runden lang machen. Dann wird's richtig asozial. Das war der 2-Sekunden-Vogel. Boss war! Ja, nochmal, ich bin fast 50 Level über diesem Boss. Das ist ja klar, dass der schmetzt. So, Panzerung des Moloches und jetzt eine Prüfung abgeschlossen. Kriegt man da jetzt auch irgendwas Tolles dafür? Ich gehe jetzt da wieder aus. Oder kann man da klicken oder so? Nö. Kleine moderative Info für alle, die Interessen PoE 2 haben. Der Cyber MK1 hat im Gaming-Schmerz 3 PoE 2 Keys gepostet. Wer es einlösen kann, darf es behalten. Das ist eine Ansage. Viel Spaß im Gaming-Schmerz. Falls ihr das gerade nicht richtig verstanden habt, vielleicht hätte ich es auch nicht, ich weiß nicht, ob es gewollt war, dass ich es vorlese. Ich lese es nochmal vor. Moderative Info für alle, die sich an PoE 2 interessieren, aber noch nicht spielen. Es gibt gerade vom Cyber MK1 3 Keys für Steam. Im Gaming-Schmerz bei mir im Discord. Los. An den Cyber MK1, ich weiß nicht so genau, wo die Keys herhaben. Ich glaube, der Weibär hat mit dir schon geredet. Ich mag da jetzt auch nicht recht viel dazu sagen. Aber wenn da alles koscher und passt schon ist, dann sage ich merci dir. Geile Nummer. Hauen Sie rein. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Viel Spaß im PoE 2. Zack, Streamler. So, jetzt haben wir das. Und jetzt? Kriege ich da jetzt was Tolles? Hab jetzt da noch irgendwelche Quests? Ich muss doch irgendwas kriegen, oder nicht? Man kriegt doch da immer was, wenn man diese Quests gemacht hat. Jetzt muss ich mir den schnell anschauen. Schneller Beginn der Energieschildwiederaufladung. Dreck! Ja, wobei, warte mal. Da kann man was draufzaubern. Erhöhte Chance auf Schocken. Dreck! Heiteres Saphir des Schockens. Okay. So, was der mir jetzt hat. Mich würde jetzt interessieren, ob ich hab doch da irgendwelche Quests abgeben können, oder nicht? Quests. Da haben wir es. Bin auch schon alle Bosse abgelaufen. Haben sie das eigentlich jetzt auch mal endlich gefixt, dass das richtig angezeigt wird? Azagmor, da war ich noch nicht. Gibt es im Azagmor was? Ich weiß es nicht.
Das ist der erste Akt 3, das ist der zweite Akt 3. Shortkeys funktionieren bei Steam nicht. Was? Ach, stopp, haben das schon? Die Vereinigung darf es behalten. Ich habe automatisch jetzt gesagt für Steam. Haben die schon für Steam? Ich weiß es nicht. Oder sind es Haus... Das muss ich ja selber aus. Ich sage jetzt da nichts mehr. Eventuell war das der Twist. Und ich habe ihn gerade wieder kaputt gemacht. Durchsucht die Klamm der Verräterin. Durchsucht die Klamm der Verräterin. Da habe ich auch immer nur eine Nebenquest. Ich weiß nicht, ob bringt's das oder nicht. Das brauchen wir aber nicht jetzt im Ding mal. Ich weiß nicht, kriegt man da was dafür oder nicht, weil bei manchen so Nebenbosse wird zum Beispiel, nehmen wir mal die Glockenkrähe, gewährt 2 passive Fertigkeitspunkte für Waffensets. Ja? Und da gibt es solche Dinge. Ja? Du kriegst in jedem Akt kriegst du Skillpunkte, dauerhaft natürlich, für später. Naja, weiß auch nicht, Digi. Kurze Info zu den Keys. Die Fragezeichen sind Platzhalter, um Bots fernzuhalten. Ah. Wie macht man den Lootfilter rein? Gute Frage, Mr. Bernie. Können wir uns anschauen. Achtung, gibt's wieder ein Tutorial. Ich habe auch schon einen Lootfilter drin. Es gibt halt noch nicht viel. Ich meine, das Spiel ist eine Woche alt. Gehst auf Escape, gehst auf Spiel und dann kannst du da Gegenstandsfilter, steht da drin, da steht bei dir halt jetzt keiner. Wie nie, keiner du. Sagt man zum Beispiel, da liegt jetzt Gott sei Dank gerade was dort. Sagst, dass da der heitere Saphir des Schockens liegt. Saphire an sich sind eigentlich ziemlich wichtig und der Lootfilter tut nichts anderes. Er filtert noch nichts, also er blendet nicht Sachen ein und aus, vor allem, sondern er hebt nur hervor. Zack, damit du die wichtigsten Sachen auf der Stelle siehst. Und eine da tust du, da gehst du auf den Ordner, dann geht direkt in Windows der Ordner auf, das sagt sie jetzt da gerade nicht. Und wenn du die an runterlässt, da suchst du nach Neversync, ich kann den Neversync 1.2 Filter, kann ich eigentlich auch mal ins Discord schnell rein tun. Warte mal, den tue ich jetzt mal schnell in Gaming Schmerz Path of Exile direkt einladen. Den kannst du direkt nehmen. Enter. Neversyncs Lightfilter 1 bis 2, das ist Version 1.2, die ich da drin habe. Ich habe ihn selber auch leicht angepasst. Ich habe die Sounds ein bisschen lauter gemacht, wenn Sachen droppen. Und dann stellst du den ein und zack. Lootfilter gibt es aber nur auf dem PC. Das gehört natürlich auch dazu gesagt. Das ist allerdings auch ein Teil, den weiß ich nicht. Ich habe keine Konsole. Schon lange nicht mehr, sagen wir es so. Und dann ist das Ding drin. Es ist ein Muss. Im Endgame ein Muss, weil der ganze scheiß Bildschirm mit Scheiße voll ist. So, die Frage ist, was der wir jetzt? Probieren wir mal, was wir mal probieren. Habe ich auch erst einmal gemacht. Und zwar, ich habe alle meine Storne, die mir da droppt sind für dieses Ultimatum und den ganzen Scheißdreck, habe ich alle gespeichert. Noch keinen einzigen nicht gemacht. Und vor allem dieses Jin Baraya. Completing this Ascension Trial will grant additional Ascendancy Skill Points. Das steht ja bei alle dort, auch bei den niedrigsten, oder? Das ist ein Zwarer für... Ah! Momental, Babental. Das ist wenn es ausgegraut ist, dann kriege ich keinen Skillpunkt, oder wie? Da ist ein 66er, 65 ist wieder orange, 67 ist orange. Ah! Schön, ist mir noch nicht aufgefallen, weil ich es halt auch noch nicht angeschaut habe, sage ich ganz ehrlich. Und da ich sagen, machen wir mal ein Sehers. Oder 3. Das heißt, die alten kann ich eigentlich wegschmeißen, gell? Die kleinen, wo ausgraut ist, die kann ich alle weg. Kann man brauchen. Das ist nämlich ziemlich schwer. Vor allem für Melee-Klassen, die haben da so richtig geil verschissen in dem Ding. Dann suchen wir uns den niedrigsten Stor aus, den wir haben. 56, da gibt auch nichts mehr, um Gottes Willen. 52er gibt nichts mehr, 66, wahrscheinlich alle 10 Stufen, schätze ich mal. Alle in der 60er Range, alle in der 70er Range, alle in der 80er und so weiter. Geben Skillpunkte. Was ist denn der niedrigste? Ich habe keine Ahnung. Die 70er heben wir uns einmal noch auf. 65 schaut doch gut aus. Nehmen wir, den Rest schmeißen wir weg. So, wie kommt man da hin? Wo ist denn das Ding eigentlich? Das ist irgendwo in Akt 2, oder? Diese scheiß Dinger, steht vielleicht dabei, lesen wir mal nochmal, bring diesen Gegenstand zum Reliktaltar in der Prüfung der Sekkemas. Ach Gott im Himmel, wo war denn das, glaube ich? Das war auf alle Fälle in Akt 2, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Wieso gibt es da keinen Punkt nicht? Versteckreisen, unterirdisch, oberirdisch, Cat, wo ist denn der Scheiß? Prüfung der Bums, tralala.
Wo ist denn das? Dächer, Spitzen, Pfad der Trauernden, Festungskarawane, Festungskarawane. Ich bin jetzt behindert, ist das unterirdisch? Was haben wir da? Da müssen wir auch noch mal mit durch, warum auch immer. Da ist Prüfung! Haben wir schon gefunden. Nix gegen Melee-Klassen, na um Gottes Willen, überhaupt nichts gegen Melee-Klassen, aber ich finde Melee-Klassen, also ich spiele auch irgendwann eine Melee-Klasse, so ist es nicht, also ich habe ja auch Bock, aber zuerst spiele ich immer was anderes, immer Range, egal was, und meistens, ich mag halt einfach Minion-Builds. So, da sind wir nun. Wir haben da einen Reliktaltar, das habe ich auch erst einmal gemacht, und da steckst du jetzt diese Schlüsselsteine rein, da nehmen wir jetzt einfach mal den da. Und ähnlich wie das in Last Epoch ist, da gibt es auch sowas, das glaube ich waren aber nicht Relikte, wir hatten das da geheißen, ich weiß nicht mehr, die hast du also anordnen müssen und dann kriegst du bestimmte Buffs und Vorteile. Ehre-Widerstand, 33 heiliges Wasser am Anfang der Prüfung, 8% erhöhte wiederhergestellte Ehre. Da habe ich mich noch null damit auseinandergesetzt, was das bringt und was da gut ist und was nicht. Lass mir einfach mal den Scheiß da drin, wird schon passen. So, Stor haben wir eingesteckt, oder? Jo, Reliktruhe anzeigen, das ist extra Kisten, bestätigen. Jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen wir, was passiert. Da geht's. Das Wichtige da ist, das ist das Einzige, was ich noch weiß, die Schweinerei an dem Ganzen, was da jetzt kommt. Ich darf nicht getroffen werden. Mit jedem Mal, also sterben sowieso nicht, aber wenn ich getroffen werde, verliere ich Ehre. Und wenn meine Ehre bei 0 ist, ist die Prüfung vorbei. Das heißt, ich muss da tue ich mir jetzt natürlich als Minion-Klasse relativ einfach, dass ich nicht getroffen wäre. Jeder Melee, viel Spaß dabei. Hausgerätetechniker spielen auch in der Melee-Klasse. Spreng jetzt, hau das aber aus, ich hätte nichts sagen sollen am Anfang. Ich hätte einen Rosinenwitz verstehen müssen. So, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben da Runden 2907 Ehre und dieser Balken da. Na, seht ihr den oder bin ich im Weg? Ja, passt. Auf dem Weg können wir Schlüssel finden, die brauchen wir für später für Loot. Und wir darf man nicht getroffen werden. Na? Da sind Fallen, da sind alle möglichen Sachen. Wer getroffen wird, ist raus. Okay, müssen wir nochmal schauen. Moment mal. Ich glaube, es ist unten rum einfacher. Hä? Okay, so schwer war es nicht gewinnen. Ja genau, von Viecher natürlich auch nicht treffen lassen. Die haben nicht bloß Fallen, sondern auch Viecher umeinander. Könnt ihr gleich mal sauber schleichen? Wieso sind da die Tiere nicht auf? Weiß ich nicht. So. Was ist das da? Da gehen wir jetzt einfach mal durch. Das wird dann. Oh, da schaut es doch gut aus. Da haben wir Safe. Speiben wir mir Safe oben. Zero. Oh, nein. Wenn meine Viecher getroffen werden, fight Gott sei Dank nichts. Das war nur das Allerhexte. Das war die dümmste Scheiße ever. So, da gehen wir raus. Überlassen wir uns Chefraubzeit. Du stirbst da hinten im Eck. Verpiss dich. So, was haben wir da? Haben das Viechers? Ja. Immer meine Viecher Viere schicken. Die machen das schon. Du, da schau ich nicht einmal hin. Die sterben außerhalb vom Bildschirm. Muss ich nicht einmal sehen. Hebel. Zero Hits. Oh, Zero Tits. Zero Hits, Zero Tits. Kann man sehen, wenn man mag. Was ist denn jetzt? Wer muss jetzt da nochmal durch, oder was? Ist das eine Schweinescheiße, hä? Kannst du mich mit gerne um, du Zipfelarm, du. Das wird aber eh. Oh, da unten ein Viecher. Wir sind nur vier. Wo kommen die von mir her? In die Kisten schauen wir mir natürlich schon ein. Hoppala, jetzt habe ich wieder irgendeine Schulden mitgenommen. Ja, hat sich Vollgas rentiert. Auch mit dem Klump. Ah, Feierklump. Feierklump entzünden schlecht. So, weiter geht's. Na, du triffst mich jetzt nicht. Geh weg. Da haben wir wahrscheinlich nochmal eine Falle. Knappes Kistchen. Knappes Kistchen. Prüfung abgeschlossen. Jetzt sagst du natürlich in deinem jugendlichen Leichtsinn, ja, was ist denn das für peinliche Scheiße, das kriegt ja wohl ja jeder hin. Ja, genau. Gewährt heiliges Wasser. Ich weiß nicht, was ich da damit tue, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, aber wir haben 195 heiliges Wasser. So. Das war natürlich nicht alles. Wir haben da bei Path of Exile und nicht bei Weg der Kackfrisur. So.
Erste Prüfung abgeschlossen. Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die werden natürlich auch immer schwerer. Und jetzt kannst du dafür einen Weg entscheiden. Natürlich auch wieder komische Debuffs drauf. Ritualprüfung enthält einen Bronzeschlüssel. Ihr erhaltet bei Eintritt die Bürde unberührbar. Was heißt das? Weiß ich nicht. Ihr seid mit Schwächen verflucht. Schwächen ist ein Fluch, der den verursachten Schaden von Betroffenen verringert. Wenn nicht anders angegeben, verringert Schwächen den verursachten Schaden um 15%. Ich glaube, dass uns das wurscht ist, aber da herum passiert gar nichts. Und bis dahinter schauen wir natürlich, dass wir so viele Schlüssel kriegen, wie es geht. Gehen wir einfach da. Also wie mehr Movement Speed oder so etwas. Mit dem Heiligen Wasser kannst du beim Händler Bonis kaufen. Entschuldigung, also wie mehr Movement Speed oder so etwas. Ach, die Steine, die man da am Anfang dann einsockelt, oder wie? Mehr Movement Speed ist natürlich... da muss man diese Tore befreien von den Viecher, das weiß ich glaube ich auch noch. Da gibt es natürlich mehrere. Ist jetzt was ist 65 für Monsterstufen? Das ist auch weit unter mir, das darf halt auch kein Problem sein. Wir sterben alle One-Hit. Das darf halt eigentlich kein Problem werden da. Also ich laufe irgendwie dumm in so eine Falle ein, was bei mir 100 Mal wahrscheinlicher ist. Ja, genau, oder so komische Springmistviecher. Aus der Erden rauskommen. So nicht, Freunde der Sonne, so nicht. Hoppala. So, gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Haben wir es schon? Wo geht's hin? Einmal rechts. Und das auf hohe Stufen, wenn die Viecher wirklich ein Problem sind, kann dann schon ein Problem sein. Da tue ich zum Kommen. Aber wir kriegen mit jeder alle 10 Stufen kriegst du 2 so Skillpunkte, das rentiert sich schon. Leider Gottes für unsere Klasse nicht so. Habe ich zumindest das Gefühl. So, Zero Hits. Hashtag Zero Hits. Oh, was haben wir da? Bronzeschlüssel mitnehmen. Der steht jetzt da herunten. Was der dann kann, sehen wir am Schluss. So, weiter geht's. Ja, enthält einen großen Brunnen mit heiligem Wasser. Ich sag das, was ist, ich nehme lieber die scheiß Schlüssel mit dabei. Was ist das da oben? Enthält einen Schrein, der Ehre wiederherstellt und euch einen Segen gewährt. Ihr erhaltet bei Eintritt die Bürde unehrenhafte Tätowierung. Ich habe halt noch keine Ahnung, was das ist. Ist unehrenhafte Tätowierung folgendes: 100% erlittener Schaden bei niedrigem Leben. Das mag ich nicht. Kreisliger Debuff. So, nehmen wir das. Gehen wir die Das ist übrigens, früher war das als Uberlab im Einser und das war, was ist jetzt das? Überlebe Wellen von Monstern bis der Timer. Ja, gut. Das soll man hinkriegen. Das ist aber in höheren Stufen ist es ziemlich asozial, wenn von alle Richtungen Viecher kommen und du darfst nicht getroffen werden. Was haben sie denn da eigentlich wieder gedacht? Wie sollte das jetzt da kein Problem sein, weil ich einfach bloß bin. Aha! Haben wir schon so weit! Rollendes Arschloch! Oder der hat einen Silberschlüssel gedroppt. Wie geht das denn? Dann bleiben wir stehen bei den hinten. Alter, wieso droppen die Fuß? Wieso droppt man die Fuß? Zeig! Spitzt du oder was? Was ist mit dem da hinten? Bruder. Muss ich mir fast mitnehmen, ich hab gar nicht gewusst. Also man kann das später im Endgame natürlich wiederholen. Das machst du nicht bloß einmal, bis du es geschafft hast, sondern du kannst das machen. Da drin droppt Scheiße ohne Ende anscheinend. Nimm ich. Wegstein? Brauche ich nicht mehr. Unser ist unter meiner Würde. Das nehmen wir auch mal mit. Was haben wir da? Zweiter Bronzeschlüssel, nächste Station. So, wir nehmen natürlich das Brain AFK, erhält Silberschlüssel. Ihr erhaltet bei Eintritt die Bürde goldener Rauch. Belohnungen sind auf der Prüfungskarte verdeckt. Ist das hier die Prüfungskarte und ich sehe nicht, was ich krieg dann? Das ist ja voll der Scheiß! Wer tut denn sowas? Was ist das? Da ist ein Händler. Verdammt, da werde ich gewusst, dass es da Händler gibt auf dem Weg. Ja gut, das ist halt bitter. Dann weißt du nicht, was du kriegst. Dann kann ich nicht gezielt auf Silberschlüssel oder sonst was gehen. Surprise Mechanics.
Sollen wir es einfach machen? Wir wissen ja, da kommt der Bronzeschlüssel, das merken wir uns einmal. Also einfach geradeaus rechts, für was habe ich euch dabei? Geradeaus rechts merken. Und das Ding haben wir halt dann, das sehen wir dann schon. Da kümmert sich dann der Zukunftsbürger drum. Goldener Rauch. Okay, sehen wir nichts mehr, was da los ist. Ah, 4, Mist 4. Ab. Wir lassen uns nicht treffen. Nicht einen Hit kriege ich da herin. Muss man zuerst aufsperren. Weg von mir. Müssen wir wahrscheinlich. Nein, nicht so nah ohne. Haben wir schon drin. Gehen wir da auf. Werden wir nach links müssen, hä? Okay. Das war knapp. War eine knappe Geschichte. Da ist ein Hebel, den suchen wir wahrscheinlich. Was ist jetzt da aufgegangen? Sehe ich da irgendwas? Ah ja, muss ich nicht mehr durchs Feuer. Sehr gut. Du kannst die Flammen dodgen. Kann man durchrennen, meinst du? Ich gehe einmal das Risiko nicht ein. Chebliger Chebel. Ich sag da nur absolutes Pro-Gaming. So schaut's aus. Nein, ich sag gar kein Pro-Gaming! Ah! Hätte ich mir mit dem Maul gehalten, mein Saudums! Hier mit unten auslaufen können, ich Vollidiot. Ich gnadenloser Volldepp. Lass mich von der Scheiße da anzünden. Wie ein Kacknoob, weil ich das scheiß Deal noch nicht sehe. Gut, wir können auch mal durchdodgen, probieren wir's. Lol, tatsächlich. Okay. Das ist dann der Easy Mode. Aber nicht mit dodgen, das darf ich nicht. Ob mir jetzt die... Was ist denn jetzt da? Haben wir jetzt komplett am Versagen, oder was? Nein. Die lila Dinger haben die allerletzten. Die lila Dinger, die dich so lange verfolgen, bis die berühren und dann zerreißt es, sind die allerletzten. Die schwimmen am letzten mit den Schwimmflügeln hinten rein. Die scheiß Rolldeppen sind auch die letzten. Also Granaten ins Gesicht haben, du Arschloch. So, machen wir den Hebel. Ja, das sollte man leicht durchgehen, weil wir immer noch zwei. Oh, das ist ein gelber. Das war ein gelber. Müssen wir mit da oben? Weiß ich nicht. Habe nicht das Gefühl. Da war knapp. Doch, habe ich schon das Gefühl. Knapp. Wo müssen wir denn hin? Ach, auf jetzt. Oh, ich glaube, 4 mit. Jawohl. Nächstes Ding abgeschlossen. Dann merken wir uns, dass wir nach rechts müssen. Nehmen einen Silberschlüssel mit. Wir haben da gegangen und dann gehen wir einfach irgendwie, weil es dann wurscht ist. Sagt man eigentlich auch irgendwie vorher, was das für Prüfungen sind? Also das kenne ich noch, da muss man jetzt halt in einer bestimmten Zeit den zweiten Punkt finden. Und jetzt, wenn man anklickt, fliegt so ein Strahl weg, wo der nächste ist. Da klicke ich jetzt drauf, zeigt er irgendwo nach rechts und ich habe jetzt 18 Sekunden Zeit, dass ich den da finde irgendwo. Währenddessen haben da natürlich Viecher. Das ist was, wenn ich irgendwas hasse, dann auf Zeit. Scheiße. Nehmen wir da her. Nehmen wir nach oben. Das ist ein Viech. 16 Sekunden. Dann müssen wir nach links. Und das ist jetzt auch kein großes Problem nicht, aber wenn da fette Viecher umeinander pümmeln, dann wird es halt irgendwann schon ein Problem. Kleine Sphäre des Goldschmieds, die nehme ich natürlich mit. Timer geht natürlich immer her, also es ist schon zum Schaffen, so ist es nicht, aber wenn der ganze Raum mit 4 voll ist, dann kannst du Fotzen ans Tisch gehen. Ja, natürlich lasse ich mit die scheiß Schlangenviecher, das sind die nächsten Viecher. Mark my words, das sind die nächsten Viecher, die genervt werden. Nicht genau die Schlangenviecher, sondern die kleinen Cobras. Die machen so asozial viel Schaden, dass du einen Schlaganfall kriegst. Das hat mich schon oft einmal in meinem Leben gekostet. So. Bronzeschlüssel.
So. Wir können eh bloß da hergehen und dann haben da 2 Lila, eine teuflische Fühle, lesen wir nachher, was das ist. Gehen wir durch die Mitten durch. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut, ob man vorher sagt, was für eine Prüfung das ist. Wieder so eine scheiß Dingsprüfung da. Ja, wir haben erklärt, man kann mal durchrollen. Na, mitrollen tue ich nicht. Geh weg. Was ist das da um? Was hat jetzt gesagt? Fuck you, beautiful. Auch interessant. Stirb. Stirb, stirb. Fast. Du auch wieder auf zu, hä? Ich versteck mich hinterm Pfosten, meine Viecher regeln den Shit. Weg. Weiter im Programm. Nicht anlüdeln lassen. Niemals. Na gut, das habe ich vorher auch gesagt. Ich bin ja gleich voll Idiot. Ein Level 14 Fähigkeitsgem. Cute. So, das wird jetzt wieder irgend so, das hasse ich. Das ist ein Scheiß da. Easy. Easiest Dingsbums of my life. Das ist nicht das easiest Dingsbums of my life. Bringt's mir die Viecher um. Und deswegen hast du es als Minion-Sepp halt da so schön, ich laufe einfach davor und meine Viecher fangen einen Schaden ab, es ist mir einfach scheißegal, was passiert. Das ist die Opferung übrigens, dass meine Viecher alle bufft werden, was wir eigentlich nicht brauchen, aber das ist scheißegal. Kostet nix. So, die Frage ist, wo... Ach so. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, jetzt ist wahrscheinlich da oben das Tierlauf, ne? Ja. Was sind dann Bounce da so Viecher einer, die aus dem Boden ausschießen, random irgendwo, ohne dass das vorher sechst und du darfst nicht getroffen werden. Diese Spieleentwickler, die wollen die einfach ins Anüsschen. Was ist jetzt das da? Erd Akeli stellt 908 Euro Ehre wieder her, erhaltet eine zufällige kleine Bürde. Breit, hau ab! Was nehmen? Teuflische Flügel. Monster-Aktionsgeschwindigkeit kann nicht unter dem Basiswert verlangsamt werden. Monster haben 25 erhöhte Angriffszauber und Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist drin, wenn es nicht drauf wäre, ist natürlich tödlich. Ihr habt kein Energieschild! Das war für mich auch tödlich. Aber es ist besser. Ich nehme kein Energieschild. Wir werden uns den nicht umbringen. Ja, das ist jetzt auch nicht sonderlich spannend, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt auch nicht recht anspruchsvoll ist, weil die Viecher einfach alle instant umfallen. Aber wir haben zumindest schon mal herausgefunden, wie man die nächsten Ascendancy Points kriegt. Und dann bin ich gespannt, wenn wir uns die zwei geholt haben, wie hoch die Stufen von den Trials da dann sein muss, dass ich die nächsten zwei kriege. Kann ich da durch? Ja. Wird schon passen. Ja super, hab ich mich da jetzt wegen Scheiß. Kann mich da aussehen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da nicht einfach vorbeilaufen kann. Aber ich denke mal nicht. Habe ich mich jetzt schon wieder treffen lassen, ich Vollidiot? Na, ist wurscht. Wenn man den Stuhl gehen, da bin ich. Je weiter außen dass wir laufen, desto schlecht. Da habe ich schon verstanden. Du den da oben. Nicht hauen mich. Nicht mich hauen. Und in dem Fall ein Scheiß noch gegen starke Viecherkämpfer, du kannst mich mal seriously gern haben. How about that? Küsst halt Mumm auf, da habe ich schon den einen oder anderen Chaos ausgezogen. So ist das nicht. Aus, weiße und blau. Fuck! Sehe ich die scheiß Stacheln da nicht. Gürtel. Erhöhte alte Flash-Füllungen, den schauen wir uns einmal schnell an. Moment. Mann, Kälte, Dreck. Hinfort.
Da ist jetzt die Scheiße da oben auf. Ja. Jetzt hab ich schon wieder irgendwas getroffen. Ich check noch nicht einmal, wenn mich irgendetwas trifft. Also die Trial-Dinger da, die haben echt zack. Ganz ehrlich. Aber da ein Brunnen mit heiligem Wasser gewährt heiliges Wasser. Ja, nehmen wir mit. So, und dann haben wir die einstürzende Höhle, enthält Klapperkäfig, der Erdbrecher. Das ist jetzt der Boss. Der wird auch nicht recht viel kennen, ich sag das ganz ehrlich, weil er halt einfach wieder halbwegs instant umfällt. Aber den halt auf hart zu machen, wenn er 10 Minuten dauert und sich nicht zu treffen lassen, ist er schon ein wenig asozial. Oh, da killt er meine Vieh. Interessant. Zielrelikt. Live von Necromancer. Im Kreis laufen und warten, bis der Boss hieß. Und währenddessen schreien, haben wir's bald! Haben wir's jetzt bald einmal! Gegenstände Ach, das hast du gemeint? Was man mit dem heiligen Wasser, was man unterwegs sammelt, kaufen kann. Aber wie stellt 206 Ehre wieder her? Ich bin ja fertig jetzt. Wie funktioniert das dann? Stellt 206 Ehre wieder her. Ich meine, der Run ist ja jetzt gar. Beim nächsten Mal ist Ehre ja wieder voll. Oder ist das ein Item, das ich unterm Laufer hernehmen kann? Na, bist nicht, musst alle 3 machen. Was? Wie, was, alle 3? Bin verwirrt. 3 Komplettdurchläufe. Was? Für die Ascendancy-Punkte oder was? Segen, glänzende Perle, gleich kommt die nächste Karte. Ach so. Bist du da sicher? Tatsächlich, ich kann da nicht an den Schrein hergehen, gell? Dann haben wir da Truhe. Ach, und dann geht's da weiter. Ach so! Mein Gott, und ich pimmel umeinander wie ein Vollidiot. Okay, stellt die Ehre wieder her, hört sich richtig gut an. Kaufen. Stellt 247 Ehre beim Betreten eines Bossraums wieder her. Stellt 100 Ehre wieder, wenn ihr einen Marraketh-Schrein verehrt. Fallen sind langsamer. Glücksspiegel. Der nächste von euch genommene Schlüssel wird dupliziert. Relikt, Weihrauch-Relikt. Erhaltet 9 Einheiten beim Abschluss eines Raums. Sauber zu wenig. Ja, tu mir die Ehre wieder herstellen, das hört sich gut an. Stellt wenn ihr einen Marraketh-Schrein verehrt. Und wenn ihr einen Bossraum betritt, kriegen wir 200 irgendwas. Fallen sind langsamer, nehmen wir das noch mit. Okay. Ja, okay. Ja, das habe ich natürlich nicht gewusst. Das, so wie es ist, das wusste ich nicht. Was aber jetzt natürlich geht, macht das einen Unterschied, ob ich die Truhen jetzt schon aufmache oder am Schluss erst? Das wäre beim Händler unterwegs gegangen, oder? Richtig guter Punkt. Richtig guter Punkt. Beim Händler unterwegs kannst du die Sachen wahrscheinlich kaufen. Hast du ohne Schild auch weniger Ehre, weil das die Summe aus Schild und Leben ist? Hast du vorher über 2000 gehabt, habe ich mir ehrlich gesagt vorher auch gerade gedacht. Da bist du doch einmal 2700 gestanden, oder? Und nicht bloß 1700. Wieso steht jetzt da bloß noch 1400? Ah! Ja, verdammt, dann hätte ich das verdammte Shell natürlich. Ja gut, sterben werden wir da drin nicht. Aber ich denke mal, es ist scheißegal, ob ich die Truhen da jetzt aufmache oder später. Oder? Da haben wir gar keinen Goldschlüssel. Haben wir bronzene Handschuhtruhe, Waldläuferin-Truhe, kann ich natürlich nicht brauchen, Relikt-Truhe und Körperrüstung. Nehmen wir mal Körperrüstung und Handschuhe, wenn man mal sieht, was passiert. Da ist eh nur ein Schrott drin, ganz ehrlich. Da brauchen wir die blaue Sachen scheiße gar nicht mehr an. Magiertruhe, Waffentruhe, silberne Stiefel, mysteriöse silberne Truhe, die nehmen. Ich mache jetzt einfach auf, weil es mir wurscht ist. Ja, einen Rubin kann man mal mitnehmen, egal was für Stufen. Da hast du mal Waffen, da haben nicht einmal gelbe Items drin. Also das ist ja ein totaler Krampf. Da hier Reliktruhe, also die können wir mitnehmen. Ja, dann macht das natürlich, ja, okay. Schau, das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass man da dreimal durch diese Karten durch muss. Das habe ich nicht gewusst. Dann hätte ich natürlich anders gespielt und warum da 1000 Ehre verschwunden ist, das weiß ehrlich gesagt auch keiner so hundertprozentig. Man hat doch da beim ersten Mal nicht 3 Mal durch müssen, oder? Bruder, Kelchprüfung, Spießroutenlauf, da sagt man Spießroutenlauf, gut, das weiß ich jetzt nicht. Sanduhrprüfung ist gut, Kelchprüfung ist auch gut, nicht mehr Kelchprüfung.
Ich verstehe. Ja, wie gesagt, ich hab das noch nicht gemacht. Kelchprüfung ist easy, da muss bloß irgendwo hinlaufen und 4 killen. Und darfst du halt nicht treffen lassen. Das soll halt auch ganz gut passieren. Weil vorher gerade auch nochmal jemand gefragt hat, warum darf ich mich nicht treffen? Habe ich mich jetzt wieder drin? Nein. Mach ich selber. Häutliche Scherbe, Steinviole, ich hab so viele Violen, keine Ahnung, brauchen wir nicht. Weihrauchrelik, den ganzen Scheiß nehmen wir natürlich einmal mit. Aber da habe ich irgendeinen Schrott aufgeglaubt und was haben wir da? Alter. Bruder, sagst du die Rüstung? Da ist zweimal über 30 Resi-Roll drauf und Chaos-Resi, aber der verdammte Leben-Roll ist für den Arsch. Also 11 Leben ist halt für die Katze und es fehlt natürlich auch noch ein Attribut, wenn nicht sogar 2. Ach du Scheiße. Beim ersten Mal nicht, aber das ist ja der dritte Ascendancy Run. Nein, bei mir ist der zweite. Plus 11 Leben ist für den Arsch, das ist richtig. Es gibt aber eine Currency, die Werte reinrollt. Da rollen wir später. Vielleicht bauen wir 10 Exalted Rüstung draus. Schauen wir mal. Jetzt konzentrieren wir uns einmal da drauf. Wir müssen irgendwelche gelben Viecher killen. Das geht ja Gott sei Dank nicht um Zeit. Na, ich hätte keinen so einen Scheiß dort ausweichen sollen. Ich hab nicht gewusst, dass ich das 3 Mal. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig! Na, das ist doch gar nicht so einfach, wie man das einbeitet hat, wenn man da 3 Runden durch muss. Das ist ja nur noch asozial. Ich verstecke mich jetzt da mal, bis da die Gelben sterben. Na, die halten ganz schön aus, gell? Der lilane Scheiß da, wie oft das mit der schon gerippt hat, möchte ich überhaupt nicht wissen. Die liegt da. Tempelhammer, ja, leg mir mal schon im Tempelhammer. Silberschlüssel, hoheitliche Scherbe, nehme ich mit. Der Shit ist echt nicht einfach, weil die negativen Effekte immer mehr werden. Ja, ich hab die Krux gerade schon gespannt. Und ich hab gemeint, das bleibt bei einmal durchlaufen easy. Weil man es halt treiben, das habe ich nicht gewusst, bis gerade eben. Ich hab das ja noch nie ein einziges Mal gemacht, beim ersten Durchlauf habe ich es gemacht. Okay, der Kelch ist voll. Also beim ersten Aktdurchlauf habe ich es zweimal gemacht. Aber man muss ja das zweimal machen, ne? Ja super, was soll ich da, was weiß ich denn? Bürden sind auf der Prüfungskarte verdeckt. Nein. 100% erhöhter erlittener Schaden bei niedrigem Leben, ja, das nehmen. Also wenn alles verdeckt ist, dann können wir total gefickt aus am Schluss. Oh leck, ja, das machst du ein paar Mal. Die Scheiße aufs erste Mal schaffen, in schwierig, also auf deinem eigenen Level, kann ich mir sehr gut, sehr asozial vorstellen. Nicht schon wieder der lila Depp. Geh weg mit deinem lila Schund, der nach einer Zeit explodiert, ich will ihn nicht haben. Das mag ich, wenn der Sound kommt, dann ist was gefallen, was man meistens brauchen kann. Und wir verstecken uns da im Eck, Kinder. Wir verstecken uns da im Eck und das lila Klump lassen wir. Ist das klar? Muss ich das eigentlich in Time schaffen oder? Bin ich drauf geworden? Glaub nicht. Alter, da droppt voll das Zeug, das war beim ersten Mal nicht so. Nehmen wir mit, Großheim kann man auch mal anschauen, ob der was wird. Goldschlüssel, Relikte, meisterlicher Kurzbogen. Der Next Gen, sage ich schon, das ist der einzige, der so ein bisschen auch auf meinem Level umeinander düdelt. Glaub, bei mir waren es insgesamt 7 Versuche, bis ich das geschafft habe. Holy shit. Als Sorceress, mir deren da die Milis leid, nicht die Zeit, wenn abläuft, hast du es geschafft. Ja, gut. Aber je mehr Viecher du killst in der Zeit, hast du jetzt gerade gesehen, desto mehr Gelbe und Seltene und Rares kommen, desto mehr Items kriegst du natürlich auch. Später machst du das ja, das ist ja unter anderem eine Endgame-Mechanik, da können ziemlich fette Sachen drin droppen. Aber es ist halt auch beschissen schwierig. Ah ja, der Blutkelch ist einfach. Den mag ich, der gefällt mir gut.
Vielleicht habe ich es aber auch schon wieder verschrien, ich weiß es nicht. Die halten trotz des niedrigen Levels auch ganz schön fein aus, muss ich sagen. Haben wir da irgendein Kapperl Level 2? Wieso nehmen eigentlich das nicht mit, ich Vollidiot? Das wissen wir wieder nicht. Wo ist der letzte? Da ist er. Der macht das schon. Also in der Mechanik muss ich sagen, hat es der Minion wahrscheinlich am allereinfachsten. Weil das ist schon fast Cheaten, ganz ehrlich. Jetzt bin ich wieder von irgendwas getroffen worden, ich weiß nicht von was. Ziel gelegt, Sphäre, Keule, mein Keulen. Und schon keule ich mir ein. Jetzt noch weiter, ne? Bluthelch, bitte. Der erste Durchlauf war schon ein Kampf für mich. Glaube ich in jedem Glas, die kein Minion ist. Und der Mili hat es noch mehr extra hart. Mili spielen ist einfach nochmal so eine extra Schwierigkeit oben drauflegen. Muss man selber wissen. Stellt 466 Euro Ehre wieder her. Können wir das brauchen? Kostet 50 das Wasser. Oder wie? Hm? Haben wir schon wieder vorher auch schon hin. Es ist schon wert. Ja? Und dann möchtest du natürlich wissen, was da kommt. Ja? Oh, wo ist denn der Händler? Wo kann ich meine Ehre wieder auffüllen und so weiter. Das war das Dümmste, was ich machen habe können, dass ich nicht sehe, was kommt. Sanduhrprüfung ist die gute. Da droppt noch auf Shit, wir zerpümmeln mir einfach 4. Na Schmarrn, Sanduhrprüfung ist das mit den weißen Dingen oder ist das immer ab Zeit 4? Ah ja, passt. Bin gespannt, wenn ich mit dem Monk reingehe. Ganz ehrlich, also mein zweiter Job wird wahrscheinlich ein Mercenary. Ich mag einfach die Schrotflinten ausprobieren und mit dem Gamepad einmal spielen. Ich weiß ja nicht wann. Ich bin mit dem Necromancer noch nicht fertig. Noch lange nicht. Es wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und solange mit der packt wie Sau, werde ich auch nichts anderes tun. Exalted. Nice one. Gimme Exalted. Mann, ich brauche eine mittlere oder eine große Sphäre von diesem Goldschmied Seppendepp. Was ist schon wieder? Ringpanzer haben schon. Jetzt haben wir schon wieder voll. Warte, da gehen wir jetzt schnell da. Da müssen wir jetzt kurz. Schauen wir mal, was haben wir da? Ausweg, Treffergenauigkeit. Wow, leck, 136 Leben. Globale kritische Treffer, Lichtradius. Tschüss dann, Dreck. Was haben wir da? Rüstung, Mana, kritische Treffer, Stärke 9, Dreck. Was haben wir? Der ist 4% Chance betreffer Bluten zu fordern. Das weiß ich nicht, wie stark das ist. Aber wahrscheinlich nicht recht. Dreck, weg mit dem Schund. Das zeigt, da braucht es so viel Platz. Das kommt brauche ich nicht. Was haben wir da? Können wir sonst noch was auswerfen? Weiß nicht, haben wir nicht recht viel Platz, müssen wir mal wieder zur Truhe kommen. Siegelrelikt nehmen wir mit, die Handschuhe schauen wir uns an. Also meiner Geschick Blitzwiderstand ist sehr hoch gerollt, aber der Rest ist Schrott. Erhabene Sphäre, das Ding. Nehmen wir mit. Visionsrune, nehmen wir auch mit. Braucht kein Eisenring, kann was. Nehmen wir mit. Nimm ungeschnittene Wille Gem auf Level 15, brauche ich auch nicht. Ja, schaut gut aus. Ja, ich merke es halt jetzt da schon. Dass auf dem da droppt richtig fetter Scheißdreck da drin. Was ist Schuh auf Kochan? Wenn ihr euch über einen Schuh auf Kochai, nicht Kochan, die unergründliche Entscheidung verändert ihr die Parameter der Prüfung. Keine Ahnung, was das heißt. Mach einfach mal. Der Bernie schreibt, erhabene Sphäre ist gleich Exalted. Checkt das noch nicht so. Ja, auf Englisch. Also, das habe ich spiele immer auf Deutsch, aber das habe ich mal angewohnt. Chaos Orb und Exalted Orb ist erhabene Sphäre. Das ist so für mich die Währung, um Items zum Kaufen von anderen Leuten. Erhaltet einen zufälligen großen Segen. Erleidet 1020 physischen Schaden. Wie? Einmal kurz oder was? Verliert eine zufällige kleine Bürde. Verliert einen zufälligen kleinen Segen. Erhaltet einen Jungbrunnen, erleidet 510 Schaden. Das heißt, das bringt mich aber nicht um, oder? Vielleicht geht die Bürde weg, wo man. Stell's auf Englisch, das Deutsche geht gar nicht.
Und ich finde, bei PO1 habe ich mir das auch gedacht. Das Spiel ist so beschissen kompliziert, da muss ich es mir mit Englisch nicht noch komplizierter machen. Wo dann wieder irgendwelche komischen Fantasy-World-Wörter vorkommen, wo mir ich denke, keine Ahnung, was ist denn das englische Wort für, das weiß ich nicht mehr, was auf Deutsch heißt. Wie heißt denn das? Diese komische Schwellenwert da. Das sehen wir nachher dann. Ich probiere jetzt einfach das da. Goldener Rauch ist weg! Haha, jetzt sehen wir wieder was, oder? Falle, sehen wir mir wieder was. Was haben wir? Was haben wir da? Das heißt, wir müssen jetzt da rein und dann kommen wir zum Händler, wenn wir das wollen. Wir können aber auch einen Silberschlüssel nehmen. Sehen wir dann schon. Was haben wir da? Verringerte wiederhergestellte Ehre. Verdächtiger Symph von Dingsbums irgendwas. Woanders können wir gar nicht hin. Na, Threshold ist mit Sicherheit nicht. Threshold ist nicht das Wort. Haben wir mir einen Gem dabei? Warte mal, dann kann ich es euch sagen. Jetzt pass auf. Magnitude! Was ist das scheiß Magnitude, Alter? Magnitude, whatever. Händler größer Silberschlüssel, stimmt eigentlich. Silberschlüssel haben wir schon wieder 2. Ja, das ist ein ganz krass Hindernis. Legt mir mal schon, wenn ich mich durchbringen kann. Da war ich noch gar nicht herin, das sehe ich zum ersten Mal. Alter, was ist denn das? Okay, ja, werden wir schon durchkommen. Du weißt doch nicht mal, was Magnitude Sprüche, das war der Beste seit langem. Du weißt nicht mal, was Magnitude heißt? Was heißt denn Magnitude? Erklär mir das etwa. Los! Bin ich so drauf geworden? Nein, lol. Okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Bin ich jetzt drauf geworden? Nein, auch nicht. Absolutes Programming, das sagt ich. Okay, das ist mit Durchrollen, ist echt ein wenig lame. Moment einmal. Da waren wir doch gerade. Was sind denn die zwei Dinger da? Das ist eine komische Sache. The fuck is happening? Wo muss ich... Hä? Ach so. Warte mal. Muss ich doch da wieder durch, oder was? Oh! Jetzt bin ich drauf geworden. Ich bin in einer scheiß Mine eingelaufen. In ein Ding, das sich nicht bewegt. Herzlichen Glückwunsch, Birger, du Vollidiot. Du hast die falsche Attitüde für die Magnitude. Ja, das, Magnitude heißt es übrigens auch, nicht Magnitude. Da bin ich da gesessen, da war ich schon wieder zu falsch zum Weiterlesen, weil man denkt, Magnitude, leg mir doch am Arsch, was weiß ich, was das ist. Schau mal den Fertigkeitenbaum, da wird der Begriff erklärt. Ja, ich hab ihn dann durchgelesen, ich hab noch weniger verstanden wie vorher. Wir gehen übrigens zum Händler. Was haben wir da? Große Menge heiliges Wasser, das nehmen wir, das können wir brauchen. Immer brav. Was haben wir da? Besiegt die Ritualisten, um die Portale zu schießen. Das ist easy. Ah Gott, halt lieber den Malberger. Oh, scheiße, der Schirr. Stirb! Ah! Was wirft der für ein Kack da her? Das hab ich nicht mehr gesehen. Was ist mit dem da? Den lasst es da, oder was? Körperrune, nehmen wir mit, braucht keinen Platz. Und jetzt geht's da weiter. Was war's das schon? Hä? I shall aid you. Ah. Oh, Ehre-Widerstand, Jahi. 50% erhöhte wiederhergestellte Ehre. Sehen wir einen Bossraum wieder her. Ich sag das jetzt, was ist? Kaufen wir das. Es geht ums Arschlecken nicht aus, dass wir das dann noch kaufen. Dann kaufen wir das. Go with strength. Kriege ich da dann 200, also 306? We will succeed. Weiß ich nicht. Ich kaufe einfach alles. Nein, wir müssen ja nur einen Durchgang machen. Wir kaufen nicht schon wieder lauter Scheiß! That well. Du Idioten-Depp! Ach, das sind also dauerhafte Buffs während dem Run. Ja, okay, ich hab schon verstanden. Was haben wir jetzt da? Enthält einen Schrein der Ehre wiederherstellt und da haben wir enthält eine Silbertruhe, erfordert einen Silberschlüssel zum Öffnen. Was ist das für Behinderung? Ich hab doch nur sowieso 4 Stück und da droppt eh noch Scheiße. Relikt nicht, die findest du so. Dann ist das +3 die Magnitude. Also zum Beispiel +3 auf... Die Magnitude ist im Grunde der Wert auf eine Stärkung, Schwächung. Also zum Beispiel +3 auf X und Z, dann ist das +3 die Magnitude. Das heißt, ein Level für einen Buff oder einen Debuff. Was hindert einen da dran, zum Sagen,
Hey, plus 3 Level auf den Debuff. Und man benutzt das Wort Magnitude. Das Leute wie ich sagen, leg mir Marsch mit deiner Magnitude, ich spiele was anderes. das war schon, da gingen 3 weg, oder? Nein, ihr schießt jetzt doch nicht auf mich. Nein, nein, nein. Mama. Ah, shit, Alter, das geht ja um Zeit. Oh Gott, ich hasse es. I fucking hate it. Mit Zeit. Die sind busy, das habe ich genau gesehen. Gibt's eine Granaten? Nein, dann ist gleich Ruhe da drin. Da schießt schon wieder jemand um Siegvierer. So nicht, mein Freund, so nicht, mein Freund. Da ist Langkunst, schielt ein wenig auf Zeiten. Was auch immer da jetzt rausgefallen ist mir scheißegal. Nein, du fährst dort nicht zu mir her und fährst mir ins Gesicht, ey, du Arschloch. Was ist denn mit dem fetten Scarabäensept denn? Haben wir noch einen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Da ist auch noch was. Prüfung abgeschlossen. Ja, es war auch easy. Manche sind voll einfach, manche sind schon ein bisschen schwieriger. Schauen wir da, was haben wir da? Stellt 466 Euro Ehre wieder her, die Batter gar nicht, die haben wir ja wieder voll. Und dann haben wir, oh, enthält die Terrakotta-Wächter. Oh Gott, da kennt er jetzt mehr Boss, ich kennt die nicht, die kennt bloß den anderen Startdeppen. Oh, oh je. Ist die Terrakotta-Armee das von dem goldenen Sarg in der Mitte? Oh je. Oh je, oh je. Da darf man erst einer, wenn wir da Schlange haben, oder? Oh je, schauen wir mal. Was denn meine Skelette wieder? Hallo? Hallo Sie? Kommen Sie? Und das meine ich. Die engen Eingänge, macht's bitte die Hitbox von den scheiß Minions ein bisschen dünner, damit die da nicht oben in dem Türrahmen drin stehen und ich da komplette Falte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ein Doppelboss einer. Okay, ja, schauen wir mal, was passiert. Reinbuffen, wir schauen. Ich geh mal. Tschüss dann. Ja, das hab ich mir gedacht, dass das wieder irgendein komischer Strahl ist. Mhm. Unangenehm! Oder? Heilige Scheiße, jetzt darf ich wirklich aufpassen. Mal schauen. Das ist halt einfach für... Hat's jetzt den am Schluss nochmal zerrissen? Was ist denn das für eine miese Drecksscheiße? Okay. Oh, der Scheiß, mir tut jede andere Klasse. Ich kotze jetzt auch schon. Bei meinem zweiten Schau und bei meinem dritten Schau und so weiter kotze ich jetzt auch schon. Sag das, wie es ist. So, sollen wir da mal einen Roll ausprobieren? Es gibt doch, verändert die zufällig die numerischen Werte der Modifikatoren eines Gegenstands. Die göttliche Sphäre. Sollen wir den da mit draufwerfen? Cyberfox! Die Magnitude bezeichnet in verschiedenen Kontexten die Größe oder Intensität eines bestimmten Phänomens. Zum Beispiel die Magnitude misst die Energie eines Erdbebens. Richterskala oder Magnitudenskala. Alles klar? Ja. Gut. So, Johann. Scheiße, der verdeckt mich diesmal. Das schaut ein bisschen komisch aus, aber egal. Vorher tue ich aber eine Exalted drauf, weil da passt noch eine Haufe. Pass auf, schauen wir, was wir kriegen. Ja, plus 34 zum maximalen Energieschild ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt räumen wir ihn um. Eventuell, Alter, die scheiß Rüstung ziehe ich selber an. Aber da ist halt kein Wille drauf. Roll drauf! Was, wie? 15 zum maximalen Leben? Rollt er das nicht komplett um? Dann haben wir wieder was gelernt, der Hard Way. Sau der eine Scheiße, ja gut, der wir damit rein ins Dings, das ist Schweinefeld Geld wert, das Teil auf alle, das ist Schweinefeld Geld wert, das Scheißding. Trotz 15 maximalem Leben. Möchtest du wetten, wenn ich die jetzt für ein Exalted da drin lasse, dass ich später wenn sie sich aktualisiert oder in einer Minute, dass ich in der Sekunden 50 Nachrichten kriege, dass jemand die Rüstung kaufen möchte? Was verlangen wir da dafür? Was verlangen wir da dafür? Machen wir mal. Nein, nicht aus. Ich soll was verlangen. Alter, die ist Schweins, die ist Ultra. Bruder, da wenn Wille draus käme, dann war das mein Ding gewesen.
Minus 10 lang da nicht, mein Freund. Da ist Chaos riesig drauf, Feuer und Kälte, über 30 Grad. Aber halt kein Lehm. Das war jetzt ich hab gemeint, das rollt. Wie erkläre ich das jetzt? Jedes Attribut, ich glaube, das ist zumindest so, ja. Jedes Attribut hat ein Level. Ja, im Hintergrund. Das sagt man da leider Gottes nicht. Aber das kann zwischen 1 und 7 oder so sein oder 9 oder je nachdem. Und je höher das Level von dem Attribut ist, desto höher kann die Rollrange sein. Das heißt, der Kältewiderstand zum Beispiel, der rollt zwischen 31 und 35% und der Roll ist jetzt bei 32. Er kann nie drunter sein, kann aber auch nie drüber sein. Und ich nenne jetzt das einfach mal Tier, der ist ziemlich hoch. Das darf der vorletzte Tier im Kälte- und Feuerwiderstand sein, weil der letzte Tier geht bis maximal 40%, das weiß ich. Der geht von 36 bis 40. Und der Lebenstier mit zu maximalem Leben, 11 bis 19, das darf 1 oder 2 sein. Also das ist absolut lächerlich. Und auf einer Brustrüstung habe ich zum Beispiel da, gut, da habe ich jetzt kein Leben nicht drauf. Ich habe zum Beispiel auf meine Schuhe habe ich 106 Leben. 100. Ja, ich will hier dreistellig. Und wenn da dreistellig draufsteht, also 105 Leben, dann ist diese Rüstung 100 Exalted wert, das garantiert. Ja. Leicht. Leicht. Ein Wille braucht es noch. Wir gehen das bei Moment mal. Das ist doch auch neu. Oder habe ich das einfach nur noch nie gesehen? Das ist doch auch neu. Da steht jetzt Präfixmodifikator, resolutes Level 3, Energieschild-Defensiven. Level 3, Level 2, ist auch nicht recht hoch. Ja, prozentual erhöhte Energieschild, leider auch nicht gut gerollt. Maximal Energieschild Level 4, das da unten ist Level 6, 6 und 2. Haben es gerade vor 10 Sekunden reinpatcht. Ja, entweder habe ich noch nie aufgepasst tatsächlich. Was mich noch interessieren hat, wieso hat diese Rüstung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Präfixe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Präfix und 3 Suffix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das meine ich war nicht von Anfang an, aber mir ist das auch erst gestern aufgefallen. Ich habe auch schon erstes Gear mit T8 affixen. Ja, ich sehe die Dinge, das ist schon, ja. Ob ich sowas auch? Weiß ich nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe nicht gewusst, ich habe gewusst, früher ist das nämlich da an der Seite gestanden beim Einser, glaube ich. Ist vollkommen wurscht. Was verlangen wir für das Ding? Ich weiß es auch nicht. Der haben wir es einmal für. Du hast halt einmal für. Nein, der Lebensding ist halt voll beschissen gerade. Das kauft so keiner. Das ist halt das Problem. Machen wir mit 10. Besser kriegen kann man natürlich aber auch noch eine Waldsphäre draufwerfen, dann geht es wahrscheinlich komplett kaputt, aber ja. So, in die Truhe. Haben wir wieder auch eine Reliktruhe. Wo ist denn die? Da ist die Ratgeberin. Alter, was ist denn da jetzt los? Oh, da stehen dann schon mehrere Dinge umeinander. Nächste Prüfung. Die braucht die. Da gibt es doch eine Reliktruhe. Wieso gibt es denn die da nicht? Was ist denn das für ein Blödsinn? Gut, dann schmeißen wir den Scheiß dabei da rein. Ne? Einfach reingeschissen. Das sortiert sich automatisch. Das auch. Das nicht. Stuff. Currency, Aufräumer, was kann das da? Ein gelber Juwel, was kann der? Manarek ist okay. Da! 9% erhöhte Magnitude von Entzünden, das ihr verursacht. Was heißt jetzt das? Also Entzünden dann einfach mehr Schaden macht, oder was? Also, Kreaturen haben 4% erhöhte Angriffs- und Zauber... Oh! Bruder, da müssen wir gleich nochmal eine Exalted draufwerfen. Schaden durch drin Kältewiderstand. Ja, aber grundlegend kein schlechter Juwel, kann man mal machen. Kann man mal machen. Muss man nicht, kann man mal machen. So, machen wir wieder jetzt Kistel auf, oder was der meint? Da, hier, Reliktruhe, Schildtruhe, Helmtruhe, das mit 2 Helmen her. Ist überhaupt irgendwas Gelbes drin, den Rest schau überhaupt nicht an. Was haben wir da? Magiertruhe, Handschuhtruhe. Legendary. Meistens absoluter Schrott. Ich habe schon so viele Legendaries gefunden. Es geht im PoE nicht um Legendaries.
Sie schreibt nur allerdings nichts Brauchbares. Ja, geht mir sehr oft so. Da muss man sich, glaube ich, an PoE, muss man sich sehr schnell daran gewöhnen. Du findest 100 Items, die sind alle Schrott. Fügt Angriff und 2-6 physischen Schaden hinzu, plus 30 Max Life, 7% Attack Speed. Stärke kann andere Attributanforderungen von Nahkampfwaffen und Nahkampffertigkeiten erfüllen. Glaube ich, verstehe ich nur halber und glaube absoluter Schrott. Bronzeschlüssel, Magier, mysteriöse Bronzetruhe, Bronzeschild, was haben wir da? Opfermantel, den schauen wir schon. Schon wieder. Da war jetzt wieder Wille drauf, Rüstung und Energieschild, ja. Aber auch wieder 6%, leg mir mal Arsch weg mit dem Schund. Crap! Zweimal Silber, was haben wir da? Rüstungstruhe, raus damit. Klump, Waffentruhe. Klump, haben wir einen goldenen Schlüssel auch. Handschuhe, Helm, Gold, Handschuhe, nehmen wir Handschuhe. Irgendwas halt. Die nehmen wir raus, dann haben wir noch einen Bronzeschlüssel. Können wir da was brauchen? Reliktruhe, nimm noch ein Relikt mit. Ne, wurscht ist. Weiß eh total wurscht. Da gibt es am Schluss dann wieder besondere Kisten, wo ich mir den Schmarrn jetzt aufheben sollen. Learn it the hard way. Treffgenauigkeit, erhöhte Seltenheit, guter Blitzwiderstand, Roll, erhaltet 21 Leben pro getötetem Gegner. Schrott, weg. Legendary 100, der wir ins Fahrlein. So, was sagt sie? I shall aid you. Gegenstände kaufen. Wir haben beieinander. Wir haben sehr gelitten. I shall aid you. Wir haben sehr gelitten, Kinder. Ehre wiederherstellen, heiliges Wasser in der Ebene wird verdoppelt, Ionere Kreaturen verursachen 50% mehr Schaden. Okay, 50% geringere Händlerpreise. Monster haben 30% maximal weniger Leben. Jetzt stellen wir erstmal das wieder her. We will succeed. Und dann Monster oder Bosse? Ganz ehrlich, dann hätte ich nämlich Ionere 50% mehr Schaden nehmen sollen, weil dann rasieren wir den letzten Bot. Ich voll Idiot. Naja, gut. Aber ohne Ehre kommen wir auch nicht recht weit. Monster haben weniger maximales Leben gefunden, das Wasser dann wieder verdoppelt. Mehr heiliges Wasser. Was nehmen? Ja, weniger maximales Leben. Vielleicht wirkt sich das auch auf den Boss aus. Der hält nämlich doch ein wenig was aus, obwohl er so viel Level unter mir ist. Und ja, gut, schauen wir eh nicht aus. Dürfen wir uns zusammenreißen. Ja. Letzte Runde! Letzte Runde! Letzte Runde! Ja! Es ist schon eine ganz coole Mechanik. Allein das da ist schon das Ganze da durchs Labyrinth und so, ich nenne es einfach weiterhin jetzt Labyrinth, durch die Trials, ist schon komplexer als alles, was das Diablo Endgame zu bieten hat. Mehr sage ich jetzt dann, wer ist denn das? Der Ball. Sandgrube enthält Ascha, die Sandmutter. Um Gottes Willen, wer ist denn das? Mag ich überhaupt wissen. Na gut. Enthält Brunnen mit heiligem Wasser. Vielleicht sollte man die scheiß Schlüssel kennen, wie man war. Außerdem ist da ein Goldschlüssel. Was haben wir da? Ihr habt keine Rüstung. Vergiss es, mein Freund. Ihr habt kein Ausweichen, das hört sich doch gut an. Enthält einen Schrein der Ehre, wiederherstellt und euch einen Segen gewährt, erhaltet 50% weniger gefundenes heiliges Kruzifix! Das ist immer so, wir können da anfangen und da aufgehen, oder? Kein Ausweichen ist nämlich wurscht, ich hab kein Ausweichen. So. Oder was haben wir da? Bürden sind auf der Prüfungskarte verdeckt. Ganz schlecht. Keine Rüstung. Weniger maximale Ehre, ich glaube, du vorher hast. Dann gehen wir da und dann gehen wir da. Das schaut gut aus. Schaut gut aus, das kriegen wir hin. Okay, aber dass das so aufwendig ist, dass man da durch muss, das habe ich nicht gemeint. Nein, lass mich in Ruhe. 1101 haben wir. Ehre. So, wieder no. Has been destroyed. Was hat mich jetzt getroffen? Da war nix. Warum habe ich jetzt 50 Ehre verloren? Also manchmal frage ich mich schon. Das muss ja, Alter, du musst ja so hartes Kotzen kriegen als Mili oder andere Klasse. Das muss ja lecken bloß am Arsch. So, was haben wir da? Ich habe keine Ausweichen und dann gehen wir da oben, dann kriegen wir wieder heiliges. Was ist denn das da? Enthält einen Schwur, der die Parameter der Prüfung. Ach, da kann ich wieder. Versteh schon. 66 Kolbe! Jetzt erstmal sauber Bier Chris aus Pommes. Jetzt für die Zähne. Kuss auf die Nuss, merci dir. Oh mein Gott, da haben so viele Leute schon wieder reingeschissen und ich habe nichts mitgekriegt, weil ich nur am Labern bin. Maxi, aber du Chef, ich hätte immer noch gerne das Vollbier-Squad-Logo als Tattoo, da ich ja auch schon den Gockelmann habe, weiß ich, was ich tue. Da du derjenige mit dem Gockelhahn bist, mach einfach. Mach einfach.
Sagst aber zum Tätowierer, das Birger-Logo muss da rechts unten in den blauen Balken rein und der Text drunter, der muss auch. Ja, sonst ist es nicht echt. Maxi, merci dir. Einfach rein. Cyberfox, die Magnitude bitte. Das habe ich Gott sei Dank noch gesehen. Herr Cyberfox, merci übrigens, by the way. Und 66 Kolbe erst ebenfalls merci. So, wo wird man jetzt hingehen? Kein Ausweichen. Da gehen wir hin. Schissen der Braseschlüssel, auf den kann ich scheißen, da ist eh nur Dreck drin. Nur ein Krampf drin. Was ist denn das da in der Mitte? Mag ich es überhaupt wissen? Na, was? Was war denn das? Was ist denn das da? Da schießen sie an, also? Das ist so Indiana Jones Scheiß. Ja, das hab ich mir fast gedacht, dass da so Dinger rausfallen, aber muss ich die betreten, die Dinger, oder was? Schießen nur die Pfeile aus. Ja, das habe ich schon verstanden, aber. Ja, aber cool gemacht ist schon, irgendwie. Es ist cool, aber wenn es die zwei Sentency-Punkte haben willst, dann nervt's. Dann nervt's, wenn es jetzt das. Vor allem, wenn die Ehre auf 0 droppt, dann musst du wieder von vorn machen. Da sitzt der Stund da herin und kannst der Pfotz ans Tisch hauen. Oh Gott, was passiert denn da? Da rollt was aus, ich weiß genau. Ah, Giftscheiße. Was hat mich jetzt wieder getroffen? Ich war meilenweit weg davon! Jetzt muss ich da noch aufpassen. Nein, irgendwann wir laufen da easy durch. Na, was tun die, Alter? Meine Güte, ich stell mich um wie Kur beim Scheiß. Alter, jetzt wird's richtig eng. Ja, und jetzt? Ich check die Knöpfe nicht ganz. Hat mir da unten nichts gebracht oder wir verstehen das? Verstehe ich nicht. Ach, okay, Moment mal, die Tore. Fuck off! Ja, und was tust du jetzt da herin? Gehen wir auf der anderen Seite nochmal. Oh, wir haben noch so viele Räume, Alter. Was ist denn da jetzt wieder? Wenn so komisch zum Anfangen, das heißt nichts Gutes. Der Raum noch nicht geil. Oh shit, das sind wieder die scheiß Auftauchviecher. Nicht. Ich rolle. Kowalski, Rollkommando. Kowalski, Rollkommando! Verstecken wir uns hinter den Mobs, die müssen es regeln. Für was haben wir denn dabei? Jetzt wissen wir mich eng. Was ist denn das? Nein, keine Falle. Der Boss fickt uns sowieso, Alter. Alter, ich hab halt Leute schon kotzen sehen, die haben nur einen Durchlauf machen müssen und nicht 3 und der war auch relativ einfach. Da kommt, glaube ich, der Kelch vor, 3 so weiße Sanduhren, ganz einfache Formen von dieser Falle und das war's dann. Wow. Oh mein Gott, werden dort Leute kotzen. Wo waren meine Viecher? Geh weg! Irgendwas kommt gleich im Boden raus, ja, ich hab's genau gewusst. Hau ab! Bruder, wir brauchen unbedingt, Ehre. Ehre genommen. Prüfung abgeschlossen, sehr gut. Gib Ehre! Brauch keinen Brasenschlüssel, brauch Ehre! Kelchprüfung, aber da war ein Händler. Jüngere Kreaturen verursachen 40% weniger Damage, Alter. Ah, ich muss zum Händler, das überlebe ich nie! Das werden ja immer mehr pro. Enthält einen Schrein, der Ehre wiederherstellt. Was nehmen wir jetzt da? Alter, 40% Damage mal, das ist für
Mr. 66 Kolb, ich hab dich gar nicht einmal gesehen. Merci für den Zwickel. Was ist denn da los eigentlich? Welcome to the squad. Maxi, dann bitte ich um die Vorlage vom Logo, damit sich mein Tätowierer damit auseinandersetzen kann. Ja, heute nicht mehr. Das schreibst du mir bitte. Schreib mir das im Laufe des Wochenendes irgendwann einmal im Discord oder schreib mir eine E-Mail. Die müssen es, glaube ich, immer noch haben. Schreib mir mal per E-Mail. Ich schick's dir natürlich nicht in absolut Todeshochauflösung, aber ich kann dir einigermaßen das Battle davon schicken, ja. Ich habe schon x Versuche, gut, wenigstens bin ich nicht allein. Aber alle anderen Klassen haben noch viel mehr gefickt wie ich. Ich sag das, es ist, Damage war nie das Problem. Den scheiß Boss, den kriegen wir schon down, dauert halt 10 Sekunden länger, scheißegal. Aber ich muss, wie viel Ding haben wir? Wir haben bloß 70 heiliges Wasser. Ich brauche überhaupt nicht zum Händler, ich kann mir nämlich nichts kaufen. Dann müssen wir zum Schrein der Ehre wiederherstellt. Und außerdem ist da auch keine Bürde nicht drauf. Enthält einen großen Brunnen mit heiligem Wasser. Ja, vielleicht schauen wir mal, wie viel das wir kriegen. Das müssen wir erstmal durchkommen. Oh, hinten einmal hin. Und dann ist schon wieder so ein geschissenes Sandler, Alter, leg mir da. Ah! Ja, genau, wo die Viecher aus dem Boden rauskommen, das ist die allerbeste Sache. Sagt man nämlich alles so super gut. Muss man überhaupt hin? Ah, fuck off. Ah, das ist richtig asozial. Ja, weiß ich, was ich heute die ganze Nacht tue, so wieder. Es ist geschissen auf die Ascendancy, es braucht kein Mensch. Oh, ich hab nur 10 Sekunden, ich hätte vielleicht einmal weniger labern sollen, scheiße mir auf die Viecher, geh mal weg von mir. Und das wird eng. Da wird's eng, Bumsti. Ich weiß nicht, wenn es dem Riesenmistviech da mal Granaten auf den Kopf schmeißt, das war eine richtig cremige Geschichte, weil das 6 Sekunden, jetzt haben wir da oben noch einen und unten wahrscheinlich, okay, kriegen wir schon. Du musst die Viecher einfach ignorieren, das ist wie die Zeit nicht fertig. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht, noch 2. Oh Gott, no, das schafft man niemals. Gehen wir nicht durch. Ja, das will ich einfach von Anfang an gewusst hätte. Ah, nein, was ist das wieder irgendein Giftscheiß? Ja, vergiss es. Oh, das ist eine Asse. In Raum 3 der Prüfung der Gewandtheit zum Kontrollpunkt. Und das ist halt ultra bitter. Es ist ultra bitter. Jetzt kannst du von komplett vorne anfangen. Oh, leck mich am Arsch. Also was ich dir sage, die scheiß Ascendancy Points, die mache ich, wenn man mal wirklich extrem langweilig ist. Und mit extrem langweilig meine ich wirklich, boah, leck ist dem langweilig. Krasse Scheiße ist dem Typen langweilig. Vor allem, ich darf es schon machen, ich sage, das ist, da darf ich den ganzen Nachmittag drin verbringen. Ich hätte am Anfang auch nicht so umeinander pümmeln sollen, das war jetzt wieder totale Scheiße. Aber es hat nicht geschaut, um die Mechaniken mal zum Singen, um zum Verstehen, was gibt's überhaupt so, wie verhält man sich am besten. Also du wirst da sowieso 1, 2, 3 Mal reingehen und verrecken, das wird jedem so gehen, egal mit welcher Klasse. Bis du überhaupt einmal kapierst, was es so gibt und auf was du aufschauen musst. Ja, das für mich aber sowieso keine Ascendancy-Punkte gibt, die Sinn machen. Tschüss dann. Porten wir uns wieder heim. Du, es war mir ein Fest. Dwifen schreibt da gerade was Interessantes. Es ist halt wirklich 10. Bruder, wann ist es denn 10 geworden? Der Bernie schreibt jetzt nochmal ganz von vorne. Ja, genau. Welcome to Path of Exile. Entweder du schaffst das oder du wirst aus dem Leben gefickt. Ich habe natürlich jetzt da einen Haufen Items ausgezogen und so, also ganz umsonst war es nicht. Wir haben da Exalted ausgezogen, eine Rüstung ausgezogen, die wirklich was kann und. Ja, Relikte in die Reliktruhe, ja, die möchte ich aber gern zuerst noch identifizieren. Damit ich sehe, was draufsteht, verstehen Sie? Dazu gehen wir in unseren Hideout, das ist unser Was? Du kannst dieses Gebiet von deiner aktuellen Position nicht betreten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Muss ich mir jetzt da in Akt 3 reinporten? Und dann kann ich mich in mein Versteck porten. Das ist so ein Blödsinn, Alter. So ein Blödsinn! So, und jetzt muss ich da her drücken, klick da her und jetzt kann ich ins Versteck. Es macht Mr. GGG, was haben wir uns da wieder gedacht? Kruzifix. Der Gürkel schreibt, Raucherpause. Ich sage euch was. Dwifen sagt nämlich, anscheinend hört man es nämlich auch schon. 10 Bayern, jetzt kurze Pause und ein Ricola-Tee. Ich habe keine Ricolas mehr da, aber wie man hört, ich werde anfänglich heißer. Das ist der gestrige Abend. Was haben wir jetzt denn? Jetzt gehen wir mal kurz eine rauchen
Und dann der wir noch ein paar normale Maps, damit einmal ein bisschen was passiert ist, damit ihr mal seht, wie das Endgame eigentlich ausschaut. Zumindest, was es für mich bedeutet, was mir am meisten Spaß macht und der Progress Spaß macht. Und das wird halt kein bis um 2 in der Früh Stream, nur mal so wie letzte Woche. So. Man kann doch da in seinem Hideout wahrscheinlich auch eine Relikttruhe aufstellen, nicht? Haben wir keine Relikttruhe? Gibt es da keine Relikttruhe? Doch, da gibt es eine Relikttruhe schon, ja. Wo stellen wir die hin? Die stellen wir da so her und dann passt das. So, jetzt haben wir da eine Relikttruhe, wunderbar. Das ist übrigens dein Housing, also das ist so, das kannst du selber einrichten da. Da habe ich im Einsatz sehr viel Zeit verbracht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da kannst du Achievements, das Zeug kann man natürlich kaufen, ja, also ich habe da nichts gekauft, das ist alles for free, was da drin steht, aber das kann man, so Dekorationen kann man natürlich kaufen, kann man sich aber auch ein paar Sachen freispielen und so, und dann kann man sich so Statuen daherstellen und das umbauen, wie man es haben will und so, das ist ganz nett. Jetzt lass mich schnell überlegen, jetzt gehen wir schnell zu Ehren, nein, das wollten wir nicht verändern, zurück, so. Gegenstände identifizieren. Was ist denn das so? Das sind so Relikte, die man am Anfang von diesen Prüfungen da einstecken kann. Brunnen haben 8% Chance, doppeltes heiliges Wasser zu gewähren. Erhaltet 35 heiliges Wasser am Anfang der Prüfung. 48% erhöhte Defensiven. Was sind denn Defensiven alles? Rüstung, Ausweich, Energieschild. Das sind standardmäßigen Defensiven. Andere schützende Werte wie Widerstände werden nicht als Defensiven. Bruder, dann habe ich einfach was weiß ich wie viel. Noch mehr erhöhte Defensiven. Ja, aber Defensiven sind nicht wichtig, weil wenn du stirbst, dann ist es sowieso gut. Also dann haben sie dir ja so oft getroffen, dass du einfach bist. Monster haben 9% Chance, doppeltes heiliges Wasser fallen zu lassen. Monster haben 9% Chance, doppeltes... Alle dann am Anfang der Prüfung. Ja, ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Ja, gut. Na, stopp. Reliktruhe, da ist schon ein bisschen ein Klump drin. Das, was ich ja beim ersten Mal gefunden habe. Und da habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was das überhaupt soll. Was mich da schon wieder nervt, wieso kann ich in die Reliktruhe die Dinger da nicht rein tun? Wieso kann ich da die Schlüsselsteine nicht rein tun dafür? Will ich das wieder zumüllen da? Ach, das sind die ich verkaufen kann, das sind die ganz niedrigen, gell? Die bringen mir nichts mehr. Ja. Also ich sag's, wie es ist, diese Trials da ist nicht die angenehmste Mechanik, da musst du wie soll ich sagen, da muss der abgebrühte Sau sein, dass das speist, weil da brauchst du eine große Frustresistenz. Sag ich dir, wie es ist. Das rieche ich bis daher. Ich habe irgendwie das Gefühl, Server laggen ein bisschen. He? Wenn da so umeinander läuft, dann fühlt sich das ein bisschen schwammiger, muss ich sagen. Naja, gut, Freunde der Sonne, jetzt machen wir eine kurze Raucherpause. Was ich jetzt tue, und ein Thema habe ich mir auch. So, der Freiwillige ist, dann stelle ich mir her, ein Heißgetränk, das kann nicht schon. Habe ich noch, da ist meine Tasse von vorher noch. Da habe ich einen Teebeutel raus und da musst du auf Schmerzen stehen. Ja, das ist schon wirklich bitter. Das ist schon wirklich bitter. Da bist du in der Mitte von Raum 3 und dann verreckst. Und nochmal komplett von vorn. Alec, das ist... Aber gut, so war es Lab, so war es Überlab im PoE 1 auch. Da hast du auch teilweise sehr viel Zeit drin verbracht und am Schluss hat dir der Boss einfach umgehauen und dann war vorbei. Da glaube ich, hast du sogar noch hast auch einen Schlüssel verloren und so. Vor allem, weil es halt komplett random ist mit den Effekten. Das ganz oft, und das hätte ich jetzt nicht zugeben in dem Run, ganz oft habe ich jetzt da nicht kapiert, was mich getroffen hat. Ganz oft. Das ist halt echt... Nee, aber gut. Nein, it is what it is. Kann man vielleicht noch besser machen. So, dann machen wir noch ein paar Maps. Ein Stück, 2, 3, 4, was weiß ich. Haben wir eigentlich einmal gestorben? Nein. Bis dahin starren wir auf den Endgame Atlas. So, sind die dann nicht irgendwann gleich mit deinem Level? Wer? Die Steine? Ja, natürlich. Das ist ja das. Wir waren ja nur in einem leichten... Nein, das ist ja das. Die Viecher da drin, die sterben ja instant. Das ist ein Witz. Aber wenn ich da mit einem Level 82 Stor reingebe, was da los ist, da sterben die Viecher nicht sofort und vor allem Bosse nicht. Haben wir da die gelben Elite, haben wir ja da jetzt auf Level, was war das, 65. Die haben nicht instant gestorben. Und die Endbosse, die 3, der zweite vor allem, der hat ziemlich lang in Anführungsstrichen dauert. Jetzt kann ich 10 Minuten wie die Aktbosse am Anfang, aber er hat lang gebraucht, verhältnismäßig. Und wenn die auf meinem Level sind, da kämpfe ich 5 Minuten da drin. 5 Minuten ist auch übertrieben, aber mindestens 1 Minute. Lass dich mal von denen 2 Typen 5 Minuten lang nicht treffen. Herzlichen Glückwunsch. Und wer weiß, was der Letzte kann. Ich muss überhaupt nicht wissen.
So, ich darf nicht so umeinander schreien, weil ich nicht mehr schmerzen kann. Freunde der Sonne, machen wir kurze Pause. Gehen wir Bisin, gehen wir Raucher, gehen wir... Was tun wir für ein Video dabei? Oh, da das ist mir gestern selber vorgeschlagen worden. Warum? Weiß ich nicht, was das soll. Aber, so gut, es passt gut. Passt richtig gut. Das ist der meine. Das ist ein gutes. Dann machen wir... Der letzte ist räudig, sage ich dir, wie es ist. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und das Kreislige ist, du wirst ihn ja ein paar Mal machen müssen, damit du seine Mechaniken kennst, damit du ihn überhaupt schaffen kannst. Das heißt, das erste Mal schickt er dich sowieso nach Hause. Der Chris Heider schreibt, ja, die Mechanik gab es in PO1 auch schon, hieß da nur Sanctum. Leider fühlt es sich an, als würden die Entwickler voraussetzen, dass alle die Mechanik kennen. Ich finde, das hat nichts mit Voraussetzen, die Mechanik zum Kennen zum Tor, weil die Mechanik ist da ja gezeigt worden, wie es grundlegend funktioniert. Wenn du kein kompletter Vollidiot bist, dann hast du das verstanden. Bloß du musst halt einfach einmal durch oder ein paar Mal durch, Learning by doing. Das ist das gleiche wie in Elden Ring. Da gehst du bei den meisten Bosse auch nicht einfach hier und machst First Try, sondern du machst Try für Try und wirst immer besser und immer besser und immer besser. Bisschen Glück gehört natürlich auch dazu, mit die Wege und so. Und ja, ich finde, das Einzige, was mir da stört, ist, wenn ich von was getroffen wird, was ich nicht check, was mich getroffen hat. So. Path of Exile ist sowieso eher Path of less den verdammten Tooltip. Ja, gehört aber auch dazu. Es ist einfach ein komplexes Spiel. Lesen gehört dazu, solange kein Wort wie Magnitude drin vorkommt. Und jetzt machen wir Folgendes, Kinder, wir machen jetzt ein Päuschen. So schaut's aus. Ja, kurzes Päuschen. Wir lassen dabei jetzt muss ich noch schnell was. Hoppala. Wir schauen nicht, dass da aus Versehen dann irgendeine Scheiße auf die Kamera was angeht, aber normalerweise nicht. Das schaut gut aus, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Das machen wir groß, das machen wir so. Wundervoll. Ich lasse das Pause-Ding drin, ja, damit Leute, die vielleicht zuschalten, sich auskennen. Ich komme gleich wieder. Ich gehe jetzt mal gemütlich ohne Raucher. Dann gehe ich mir einen Tee machen, oder erst mache ich das Wasser heiß, dann mache ich ohne Raucher, dann komme ich wieder. Dauert so 5 Minuten. Grob 5 Minuten, plus minus 1 Minuten, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich tue dabei ein Video rein, das ganz gut passt. Oh, endlich ein neues Diablo fürs Handy. Fabelhaft. Und die Steuerung, ein Hochgenuss. Meine 2 Gichteldamerling, da sehe ich so viel von der grandiosen Grafik. Ui. Und das Gameplay, das ist so abwechslungsreich. Wundervoll. Freut mich, dass man anscheinend endlich auf Diversity setzt und nimmer auf Innovation. Geil. Na, ich hätte so gerne mal ein Review über ein Spiel machen. Was, über das zum Beispiel. Aber leider habe ich ab Level 8 Privatinsolvenz zumelden müssen! Habe die Ehre! Ich bin's, der Birger! Tja, das letzte Mal ist eine Zeit her und oje, Kinder, wo zur Hölle fang ich an? Nein! Heute geht's nicht um den 158. Preisentrottel, das ist ein Weißwurst frittiert, die der quer ins Arschloch schiebt, oder um Preisentrottel Nummer 166, der seine Leberkassemi mit Knoblauchsoße und Stabal frisst. Nein! Über die Lebenshilfe auf der Fluchtpreisen habe ich die letzten 5 Jahre Doktorarbeit geschrieben. Ehrendoktor, wo? Es reicht! Heute geht's um... Diablo Immortal. Halt, stopp! Bevor jetzt 3/4 von euch wieder wegschaltet, weil und nicht Gaming. Das ist ein 313er Fan. Gebraucht. Und der kostet genauso viel wie ein voll ausgelevelter Charakter in Diablo Immortal. Und jetzt, wo ihr deine Aufmerksamkeit habt, erkläre kurz, wer es nicht kennt, was Diablo eigentlich ist. So, stay a while and listen. Diablo ist ein Action-Rollenspiel. Seit 1996 gibt's 3 Teile mit einigen Erweiterungen und Millionen von Fans über den ganzen Globus. Geht also um Monsterschnetzeln, Looten und Leveln. Das ist einfach ein spaßiges Gefühl, mit deinem Barbar oder deiner Zauberin durch die Viecher zum Rasieren. Immer wieder stärkere Rüstung, stärkere Waffen, stärkere Fähigkeiten zum Sammeln. Da kickt die sogenannte Loot-Spirale und das macht dann einfach Spaß, sich ständig zum Verbessern und immer mehrer und stärkere Viecher zum Zerpimmeln. Ja, aber Birger, dann sei doch froh, dass es ein neues Diablo gibt. Ja, das ist prinzipiell richtig, aber nein!
Ohne Krampf, ich weiß nicht einmal so richtig, wo ich anfangen soll bei diesem Gipfel des Gaming-Shitfestes. Und es geht auch nicht alles in dieses eine Video rein, aber ich versuch's. Diablo Immortal ist das kürzlich erschienene neueste Free-to-Play Diablo-Spiel fürs Handy. Handyspiel! Und da fängt schon an. Boah, leck, Alter, weißt was so richtig geil war? Ein Heilmittel gegen Krebs? Nein. Eine Kloschüssel, die in der Früh deiner Morgenlatten im richtigen Winkel so passt? Nein. Alter, was weiß denn ich? Ein Sidekick, der dich ansaugt, falls du mal bringst? Nein. Wenn's dem anderen deinen hat in Alter, was? Nein. Ein Diablo fürs Handy war richtig geil. Kein Diablo-Fan jemals! Kurz vor Release haben sie uns auf das Do you guys not have phones? Yeah. einen PC-Port angekündigt, damit wir es mir auch spielen können. Also gut, komme ich als 25 Jahre langer Fan nicht aus und hab angefangen. Anfangs ist alles ganz cremig, wie man Diablo kennt. Es geht vorwärts, du machst deine ersten Viecher, kriegst Fähigkeiten, steigst Level auf und alles, was dazugehört. Dass aber das Spiel 1:1 genauso, beziehungsweise noch schlechter ausschaut, wie sein Vorgänger von 2012. Das kehren wir ganz schnell unter den Teppich. Es geht weiter dahin, du machst deine ersten Dungeons, den ersten Boss und schließt das Tutorial ab, das dir so ein bisschen erklärt, wie das Spiel funktioniert. Alles gut soweit, aber dann fängt auf einmal irgendwie alles zum Blinken Der an. läuft von selber. Ein einmaliges Paket ist im Shop erhältlich. Oh mein Gott, wo ist denn da gerade? Das Anfängerpaket. Jeder kennt Mobile Games. Am Anfang von einem jeden kriegst du spezielle Ingame-Währung geschenkt. Dann wirst du ein bisschen an den Shop herangeführt und dir wird gezeigt, was er kann und was du kaufen kannst. Nicht so bei den gnädigen Herrn Halsabschneider im Hause Blizzard. Da kostet sogar der schon 1 Euro. 800% Zusatzwert. Was für Zusatzwert? Zusatzwert 800% von was? Warum? Dann krieg ich 60 so gestungene Kugeln und irgendeinen Skin. Aber rate mal, es gibt in dem Shop nichts zum Kaufen für 60 Kugeln. Das ist ja kein Gaudi, in dem Shop existiert nichts außer eine andere Währung, was sie für die 60 Kugel da kaufen lässt, was die irgendwie weiterbringt. Ja, aber Alter, das Paket brauchst du! 800%! Wenn's das nicht kaufst, dann verlierst du sogar Geld, du Trottel! Schnell, bevor es weg ist! Aber das ist bloß ein Spitzel vom Spitzel, das irgendwo auf dem Spitzel von dem Spitzel, das gerade vor 5 Sekunden auf den Eisberg aufgeschnitten hat. Jetzt geht's erst richtig schill aus. Und dann wichst dir die Scheiße um die Ohrwaschel. Ein Klick in den Shop und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du eigentlich wohnst. Fast alles, was du im Spiel erspielen kannst, ist für echt Geld zum Kaufen. Wie man es aus jedem anderen Mobile-Game kennt, bloß 100 Mal schlimmer. Allem voran eine Ingame-Währung, die du für echt Geld kaufst, um dann damit Dinge im Shop zu erwerben. Genannt ewige Kugeln. Und weißt, wo man das noch so macht, wo du dein Geld erst in irgendwelche Währungsgegenstände umwandelst, damit du ja nicht einen Überblick verlierst? Richtig! In einem verfickten Casino! Und Bin noch da. Wer ist noch da? Ich bin noch da. Hallo? 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 Oh Gott, wenn nicht einmal mehr die Stimme hier hat, dann weiß der, was geschlungen hat. Nein. Gutes Video gewesen. Gutes Video gewesen. Hätte man öfter machen sollen, aber es gibt keine so krassen Totalausfälle mehr wie Diablo, ich kacken, normal, blub. Glaubst du, war ja nach dem Video auch heißer? War ich. Weiß ich noch. Weiß ich noch, sehr gut. 20 Minuten, du kriegst halt echt ein langes Kruzifix gewinnen. Grüß Gott beieinander, Reh. So, also jetzt passt so. Wir machen jetzt noch ein paar Maps. Schauen wir uns den Bums so, da stirb ich auch gerne, so ist es nicht. Mein Problem ist, hey, Mr. Next Gen. Schaut's denn bei dir aus? Hast du ein paar 10er-Maps, die du noch nicht laufen kannst? Ich tausch. Wo bist du? Simmer ausgesagt. Ich tausch 3 Simmer oder 8er-Maps oder was du haben möchtest. Was möchtest du haben für 10er-Map? Hast du eine? Dann tausch mir. Ich hab keine 10er-Maps mehr. Ich brauch 10er-Maps. Ist der Tee mit Schuss? Na, ganz bestimmt. Der Speiber her, so wie das ist. Aus der köstlichen Head-Tasse. Ah, ist der Blutzdrecksteifel Horst! Hurensohn Arschloch, fick dich! Ah! Drücken wir dabei das. Hauptsache ist drungen. Jemand meldet sich mit Reh zurück. What year is it? Der haben wir mir immer noch. Hallo?
Du kannst 3 9er-Maps zu einer 10er vereinen an der Was? Ich habe aber auch keine 9er-Map. Sind wir zu einer 8er? Auf 3. Stimmt. Ich hätte jetzt auch lustigerweise hätte ich den Tauschkurs, da darf er sich auch Vollgas selber bescheißen, das ist nichts. Für einen Simmer- oder 8er-Maps gibt er mal kurz 10, da war ein Depp. Ja, dann wird's nicht helfen. Dann müssen wir mit 11er-Maps laufen. Das zählt nämlich auch zur Quest, übrigens. Falls man das nicht weiß. Und betten, dass welche droppen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Du brauchst, um Maps zu laufen, also so Punkte auf der Karten zum Laufen, die noch nicht grün sind. Du kannst die grüne ja kann man die grüne eigentlich nur mehr laufen? Nein, kann man nicht. Um die zu laufen, brauchst du, die Karten ist aktiv. Wie die Karten ist aktiv? Wieso ist denn die Karten aktiv? War ich da schon oder was? Da war ich schon. Okay. Müssen wir da oben. Okay. Ich mag auf alle Fälle da oben. Was ich gespannt habe, das ist mein erster Tipp. Ich bin noch nicht so lange im Endgame, aber ein bisschen, was ich gespannt habe, ist, die besten Sachen droppen bei dem Ding da. Beim Kartenboss. Das heißt, da ist ein großer Boss drin. Nicht bloß kleine gelbe Elite-Typen, sondern halt ein großer Boss, wie zum Beispiel der Akt 1 Endboss oder irgendein Zwischenboss mit richtig Mechaniken und einem richtig großen Lebensbalken. Und der droppt gefühlt mehr, der eine Boss, als du in der ganzen Karten bei den Viecher rauskriegst. Ja, so viel dazu. Was ich auch immer tue, je mehr Affixe auf so einem Schlüsselstor drauf sind, den ich da reinstecken muss, damit ich weiß, wie stark dass die Viecher da sind, nämlich Level 75, je mehr Modifikatoren auf dem Schlüsselstor drauf sind, desto mehr Zeug droppt. Desto höher ist die Seltenheitsstufe, soweit ich das bis jetzt weiß. Darum habe ich da das ganze blaue Zeug immer herin, dass ich mir das sofort umwandeln kann. Also auf alle Fälle einmal die weiße Map in eine blaue verwandeln, noch einen blauer draufrollen und dann nehme ich die hoheitlichen Sphären und wirf das noch drauf, damit es gelb wird. Und dann kommen halt da Modifikatoren drauf, wie zum Beispiel 15% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet. Das ist super, das ist halt gut für uns. 20% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet, ist auch gut für uns. Aber 40% erhöhte Gruppengröße magischer Monster. Ist irgendwie beides gleich, ist irgendwie schlecht für uns, weil mehr Viecher heißt natürlich ist gefährlicher, weil die Gruppen größer sind, aber gleichzeitig kann er mehr Zeug droppen. So sehe ich zumindest. Und man kriegt auch mehr Erfahrung. Und dann steckt man den Schlüssel da hinein, drückt auf Überqueren. Dann kriegst du da 5 so Portale und wir sind im Spinnenwald und dann müssen wir quasi dieses Gebiet clearen. In dem Fall, wir haben jetzt einen Boss, da haben Viecher und da geht es jetzt einfach nur ums Viecherschnetzeln. Und nicht sterben. Wenn du stirbst, erstens, ich verliere XP, das ist mittlerweile ziemlich ärgerlich, sage ich dir, was ist, weil ich mich sehr über 10 weitere Skillpunkte freuen würde. Ist da schon ein gelber Teufel da? Geh mal weg da. Oh, da haben wir dann auch schon ein bisschen umeinander. Nicht explodieren. Explodieren ist das allerletzte. Das heißt, ein gelber Waystone, wenn droppt, egal welche Stufe, immer mitnehmen. Warum? Da können viel mehr als nur 3 Modifikatoren drauf sein, nämlich, wenn wir Glück haben, boom, Alter. Doppelt so viel. Und steht auch schon rechts oben, Chance auf fallen gelassene Wegsteine plus 320%. Erhöhte Anzahl seltener Monster. Dann Monster sind alle bufft mit Bewegung, Angriff und Zaubergeschwindigkeit. Monster erhalten 25% des maximalen Lebens als extra minimalen Energieschild. Spieler haben 50% weniger Lebensmana und Energieschild-Wiederherstellungsrate. Da drin droppt ordentlich der Shit. Auch wenn mir Level 6 Karten eigentlich nichts mehr bringt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da... Jetzt wird es dann schwierig mit Konzentrieren und Schmerzen. Ja, da muss immer sauber eine Horde und wenn sie eine Explodierviecher kommen, zurückrollen, ausschlecken lassen, Granaten draufschmeißen, das müssen die Viecher regeln. Das allerletzte ist ein scheiß brennender Boden. Wenn du irgendwo stehen bleibst und dann stirbst einfach und bis kapierst, was überhaupt los ist. So, immer schön rein. Immer schön rein. Aus die Leichen kleine Viecher machen. Und da können wir uns jetzt dann auch mal mit etwas spielen, was ich mir extra für den Stream aufgehoben habe, eben mit so Autocast-Geschichten, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Und mit meinen kleinen Viecher können wir auch ein paar lustige Sachen ausprobieren. Das habe ich zwar gestern schon mal kurz ausprobiert, aber... völlig wurscht. Einfach reinpinnen.
Ich liebe es ist einfach satisfying, wenn es 4 platzen. Na, du chargst mir jetzt nicht an. Wenn meine Viecher so einen kleinen roten Kreis um sich rundherum haben, dann kann ich es explodieren lassen, macht auch nicht schlecht Schaden. Sehr schön. Deswegen ist der Sound so laut, damit ich außerhalb vom Bildschirm, wenn ich irgendwas droppt, oh, 17er Stor, den nehmen wir natürlich mit, damit ich das halt nicht übersehe, wenn irgendwas von Wert droppt. Und da, wenn jetzt nicht wieder irgendwelche komischen Viecher dabei sind, die es wieder irgendwo unsichtbar zerreißt oder sonst einen Scheiß, dann sollte man da eigentlich auch relativ einfach durchkommen. Komische Affentypen, ich schiebe euch irgendwo hin. Jetzt weg von mir. Immer wenn so ein Fetter dabei ist, tue ich meistens noch einen Debuff dazu, damit sie einfach ein bisschen schneller umfallen und immer schön die weißen Poinkerl aufklauen. Drehen wir wieder mit 2000. Das ist ein weißer 5er Stor, den nehme ich nicht mit. Ungeschnitten, Fertigkeitsgem 16, da habe ich auch nicht so viel. Na, da wuselt's schön umeinander. Überall ist ein schönes Meat-Shield, nirgendwo kommen die Viecher her, so mag ich das. So mag ich das. Und wenn sie herkommen, dann fallen sie sowieso auf eine Granate. Oh, rechts oben ist der Map-Boss. Dann haben wir die Karten abgeschlossen, den suchen wir quasi und um den geht es auch so ein bisschen. Wenn ich am Boss oder wenn ich die Karten zu früh abschließe, dann renne ich meistens nur ein bisschen weiter. Weil halt die normalen Viecher und magische Viecher und seltene Viecher, die vorkommen können, auch Sachen droppen. Vor allem, wenn ich nicht viele Karten habe. Also ich habe nicht viele Schlüssel momentan aktuell. Und wenn das Energieschild weg ist, dann ist das meistens nichts. Dann gehen wir nach Hause. Das gefällt mir nicht. Map über Wegsteine sind für die Maps. Ja, Bernie, erkläre ich gleich nochmal, wenn ich draußen bin. Also, so wirklich mappen kommt. Ach, das ist der Boss, da muss ich kurz den Boss machen. So wirklich mappen kann man es eigentlich. Und das meine ich. Der eine Boss hat mir jetzt eine 12er Map droppt und ein Chaos Orb. Sphäre, da ist vielleicht auch noch was dabei, ein Haufen gelbe Dinger, Köcher und so weiter nehme ich meistens nicht mit, weil ich mich nicht auskenne, was für Stats gut sein müssen. Und dann noch ein Skill Gem Level 17 nehmen wir natürlich auch mit. Ja, und jetzt haben wir da nicht viel gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist die Map ein bisschen umsonst, die wir da jetzt laufen. Da können wir noch mehr rausholen, glaube ich. Dann laufe ich meistens noch ein paar Minuten umeinander, wenn ich nicht meilenweit von unaufgedecktem Gebiet bin, damit ich halt ein bisschen mehr aus der Map da rausholen kann. Es ist immer, ich investiere ja auch was in die Karten. Ich habe da so eine hoheitliche Sphäre draufgeworfen, die ist auch was wert, die droppt relativ selten und die möchte ich natürlich wieder raushaben. Ja, also den Wert, den ich in Karten reinstecke, oder in den Schlüssel besser gesagt reinstecke, den will ich wieder haben. Ich habe ihn schon wieder gekriegt, weil der Chaos Orb viel mehr wert ist als die hoheitliche Sphäre. Und ich glaube, da kann man auch tauschen. Das können wir dann nochmal anschauen, was die Währungstauscherei und so kann. Nee, da explodiert schon wieder irgendein Feierding da vorne. Das ist mal das Allerliebe. Einfach die Viecher aufräumen lassen. Und deswegen mag ich Minion-Bild zu gehen. So richtig schöne Brain-AFK-Scheiße. Kannst einfach umeinander laufen, ja, passt schon. Bis die wieder zerreißt. Mitzi-Bitzi Spider. Mitzi-Bitzi Spider. Hau mich nicht, geh weg jetzt da. Was jetzt nicht oben? Schmeiß Granaten jetzt rein da. Weiße Kugel aufglauben. Aber wenn ich es jetzt gerade nicht brauche. Aber hat sich schon rentiert. Hätte man schon eine gefangen. Kannst du mal den Shop zeigen? Ja, können wir auch machen. Da ist übrigens die Stash-Tabs sind gerade im Angebot. Wenn es jemanden interessiert. Also jeder, der das Spiel gekauft hat, jetzt der hat sowieso Punkte für den Ingame-Shop. Im Prinzip, ja, und schon hat sie sich rentiert. Und schon hat es sich rentiert, dass wir so weit gegangen sind. Mit der Sphäre der Alchemie kannst du einen weißen Schlüsselstor direkt in einen gelben verwandeln mit 3, 4 oder 5 Modifikatoren. Mit 4 Modifikatoren. Also mit einem mehr, als wenn ich ein blauer
einen zweiten blauer und so einen gelben drauf wirft, dann hat es bloß 3. Deswegen ist der Alchemie-Orb so wichtig, der ist halt fürs Mappen. Und wenn ich dann weiß, so, ich habe den mehr Wert rausgezogen und die Karten abgeschlossen, dann gehe ich. Tja, dann gehe ich her, gehe zu ihm, Gegenstände identifizieren, schaut einer, was ich hab, was kennen die. Immer sobald da 2 gute Widerstände auf irgendwas drauf sind, aber sonst ist nur Scheißdreck drauf, 20 Rüstung, was soll ich damit verkaufen? Verkauf! Wo ist jetzt der Next Gen hin? Was da denn sonst? Was kann man noch tauschen? Hast du 10er Map? Ich weiß es nicht. So, dann ramme ich halt meine Kisten aus auf die Schnelle. Oh, der 6er Key, der ist auch ganz geil. Der ist zwar niedrig, aber egal. Chaos Orb, Alchi Orb, 12er Karten. Möchte natürlich vermeiden, dass ich die schon geben muss, aber wir haben ja keine anderen mehr. Wir haben langsam keine anderen mehr. Ich mag jetzt noch keine 12er Karten nicht verscheißen. Die Gemstones, die haben wir da außer. Genau. Und im Prinzip, nochmal für den Bernie, weil er halt gefragt hat, du hast dort die Map mit den ganzen Nodes da und die sind im Prinzip lauter kleine Instanzen, absolut richtig. Und damit du da reinkommst, jetzt zum Beispiel da, plupp, da ist jetzt dann ein Riss drin und die Viecher sind bestrahlt und sind ein Level her. Damit ich da reingehen kann, muss ich so einen Schlüsselstor da reinwerfen und dann überqueren. Und wenn ich stirb da drin, bin ich tot. Dann fliege ich aus der Map raus, der Key ist weg und ich kriege halt nichts. Also, oder halt das, was ich bis dahin zusammengesammelt habe. Dann läuft die 6er, was du erhalten hast. Ja, das machen wir jetzt sowieso. Da haben wir einen Rift. Rifts sind echt overtuned as fuck. Da geht's zu wie in der beschissenen Hölle, Alter. Aber schauen wir uns mal einen Rift an. Die nächste Ingame-Mechanik, auf die man spielen kann. Da droppen wir auch wieder extra Items, bestimmte Sachen. Ich glaube zum Verbessern von... Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Da geht's ganz schön zu der. Ja, da müssen wir doch vielleicht vorsichtig sein. Auch wenn es bloß eine 6er Map ist. Oder ist irgendein fetter Debuff vom Start. Ich bin mit meinem Energieschild auch nicht voll. Da merke ich sofort so mit. Geh weg. Fortschrittliche Rüstung, die nehmen wir mit. Viecher beschwören. Ich brauche hier mehr Viecher. Mehr Debuff. Oh, da ist auch wieder ein Gelber. Wieso ist der so gerade ab? Es gibt ein paar Viecher, die ignorieren einfach meine Viecher komplett. Was ist denn jetzt da wieder passiert? Oh mein Gott, ich sag, dass wir da hören sterben. Wenn wir einen Rift machen, sterben wir. Sag ich dir, was ist. Da muss der Tipp oben noch rein. Konzentrationi. Geht's ganz schön zu der Hörerin. Das ist durchaus möglich, dass man verrecken. Der wacht auf. Stimmt das so? Fuck, ich kenne ihn. Und das ist der einzige Nachteil, finde ich so, oder was mir aber recht nervt. Es gibt sehr viele Maps, die so eng sind, wie jetzt zum Beispiel die da. Und siehst du, wie sie meine Viecher in der Tier drin sperren und so, und die bleiben da sehr oft einfach hängen. Und es nervt halt anders. Ohne meine Viecher kann ich nichts machen. Ohne meine Viecher steht da wie ein absoluter Vollidiot. So, jetzt nehmen wir den Hebel da. Greenscreen kaputt. Wo? Scheiße, ich sehe nichts, weil bei mir irgend so ein komischer roter Rahmen rundum ist. Warte mal. Wo ist der Greenscreen kaputt? Wo? Was ist da los? Ich sehe. Oh, trotzdem. Bin ein Blinder, Alter. Upsi. Danke für den Hinweis, Herr Einfachbrunn. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß es immer zu und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Herzlichen Glückwunsch, Spieler. Was laberst du für eine Scheiße, du Trottel? Mit einfach Barren Shake singen, wollte ich sagen. Jetzt sind wir beieinander. Du hast auch noch gefragt, ob ein Level 12er Karten schwer ist. Ja, natürlich. Also jeder Key oder Level. Der geht auch bei 1 und ich glaube, die höchste ist 16. Her geht's nicht. Und mit jedem Level auf dem Key werden die Monster da drin ein Level her. Und glaube mir, du spürst jedes einzelne Level. Von wie schnell stirbst du und wie lange brauchst du, dass du es umbringst. Wie viel Schaden mache ich, wie viel hält die aus. Und es wird immer noch schwerer mit diesen Modifikatoren drauf. Also mit denen wieso sehe ich jetzt die ganzen, die Dinger da schon wieder nicht mehr?
Warum hat sich das jetzt wieder umgestellt? Oh, da ist der Rift in der Nähe, weil ich die lila Strahlen da sehe. Da müssen wir aber zuerst rundum ein bisschen clearen. Alter, darin ist ziemlich viel aus, Kinder. Hier drin ist ziemlich viel los, das behagt mir nicht. Da ist ziemlich. Also da war eine ultra gejuicete Map. Sehr viele Modifikatoren drauf, ist meistens sehr viel Viecher und die haben alle noch stärker wie normal, noch mehr Crit noch und können auch ein paar richtig viel. Die Schlangenviecher, meine ich. 100%ig kommt der Nerf für die. Und die Winde, die treffen ein bisschen. Scheißegal auf was für ein Level. Weiß ich nicht, was das soll. Alter, da drin geht's zu! Viech buffen und verstecken. Ja, da geh ich nicht rein. Ich bin gespannt, wie ich mich da mit dem zweiten Char stehe. Mich würde auch ein Krieger interessieren, so ein richtig schöner Tankboy mit einem Schädel oder mit einem fetten Zweihandhammer. Der mit 10.000 Leben umeinander läuft und einfach nicht sterben kann. Und die aktuelle Map jetzt auf 12. Na, die ist jetzt auf Stufe 6. Das ist das. Und ich laufe eigentlich Stufe 10er Maps relativ gemütlich durch. Und da merke ich aber schon, weil so viel weil es eine gelbe Map ist und weil so viele Modifikatoren drauf sind, die Viecher sind schneller und was weiß ich, was alles verschieden. Da, rechts oben die ganzen blauen Dinger, das sind die Modifikatoren auf der Map. Da sind viel positiv für mich, aber auch viel negativ, also positiv für die Viecher. Da +1 zur Monsterstufen und lauter so ein Scheißdreck. Und die 12er Map spielt sich definitiv natürlich härter als die 6er. Doppelt so hart halt einfach. Exalted. Komm mal immer brav. Die scheiß Schlangenviecher, verpiss dich! Stirb du Sau. Sterben gehen. So, jetzt werden wir auch schon die Bosse angezeigt. Da, die Scheibe, was ist denn das da? Gleitspeier. Die Typen, die schießen alle automatisch auf die und nicht auf meine Viecher. Und die, wenn mich treffen, dann ist Achterbahn. Plattengürtel, was dann können wir uns einmal anschauen, vielleicht können wir da was craften. Crafty, was habe ich denn da aufgeklappt? Mit dem Scheiß. Was haben wir da? Erhöhte Mana-Wiederherstellungsrate mit dem Fläschchen, erhöhte Fläschchenfüllungen und tschüss. So, jetzt clearen wir da noch ein bisschen und dann Gut, ist Level 6. Stirbe ich vielleicht nicht sofort. Oder sie haben es schon genervt. Sonst bin ich da immer gestorben. Wenn die dazu kommen, dass die so auf mich schießen, war ich immer tot. Immer. Ja, klappt den Fäden zusammen. So. Wo war jetzt der Rift? Da unten hat irgendwo das Zeiglila umeinander gewuselt. Wo war's? Es gibt 4 Bosse. In dem Fall haben sie jetzt nicht so Bosse, wie wir gerade gesehen haben, mit einem fetten Balken und richtige Mechaniken, sondern 4 kleine Elite-Viecher. Die musst du finden und umbringen. Und dann hast du die Map geschafft. So, und das hier ist der Rift. Das ist diese Special-Mechanik, die gibt es ja schon im Einser. Ich tue es jetzt einfach einmal, eventuell ist dann ersichtlich, was passiert. Nein, es ist doch zu! Fuck! Schnell. Hat man das jetzt verstanden, was da passiert? Weiß ich nicht, Digi. Kommen da die ganzen Viecher von der Map? Jein. Fast. Also du gehst nur drüber. Ich spiele eigentlich nur Simulatoren. Bürger, wie einsteigerfreundlich ist PoE 2. Walleck, wenn du noch nie sowas wie Diablo gespielt hast, dann wird's hart. Du musst halt Bock haben. Wie bei Elden Ring. Wenn sie Elden Ring ist am Anfang für viele Neulinge so gewesen mit, oh Gott, ist der Arschfix-Simulator überhaupt keinen Spaß. Aber irgendwann macht's Klick.
Und dann offenbart sich dir eine Welt, die dir bis dahin unbekannt war. Und dann ist so eines der besten, für mich ist das hier, wenn das so weiterentwickelt wird und Full Release ist nächstes Jahr. Und dass dieses Level, wie es jetzt ist, halten kann und noch besser wird, so wie es die ganze Zeit schon wird, sie reagieren auf Feedback, sie reagieren schnell, etc., dann wird das hier, mark my words, Game of the Year nächstes Jahr. 100%ig. Da hat vielleicht GTA 6 noch was mit zum Sprechen, ja, das stimmt. Aber GTA 6 war wieder so offensichtlich. Irgendwie. Was Elden Ring fürs Souls-Genre war, wird das hier fürs ARPG. Ich schaue mal, wenn es free ist. Ja, das glaube ich ist die bessere Alternative, ja. Was jetzt da gerade passiert ist, du gehst in die Hand rein, dann geht da ein Kreis auf. Und ich muss kurz den Elite-Typen da killen, weil sonst killt er mich. Diese scheiß Explodierkotze, ich flipp aus! Die nochmal hinten neu explodiert, wenn... 5 Maps kann ich nicht brauchen, geh weg mit deinem Schund. Und warum zur verfickten Hölle ist denn jetzt meine Gegenstände, warum hatten die wieder ausgeschaltet eigentlich? Gebietsmodifikatoren ausblenden, wie Namen von Zielpunkten, Verbündeten... Warte, meine Gegenstände. Unterstützungsgerman-Hinweis, Kamerarotation, Gegenstände hervorheben. Natürlich. Was ist denn das? Manchmal schaltet sich das einfach automatisch aus. So, nochmal. Du gehst in die Hand rein, dann geht da ein Kreis auf. Relativ schnell. Das ist im Prinzip, wie soll ich sagen, der Spiegel zur Parallelwelt. Und der Kreis deckt Viecher aus der Parallelwelt auf und macht es angreifbar. Das heißt, es werden halt exponentiell um dich rundum immer mehr Viecher, zusätzlich zu denen, die eigentlich in dieser Welt schon sind. Unterschied ist, die droppen andere Sachen, wird zum Beispiel, ich habe jetzt da nicht viel rausgekriegt, muss man ganz ehrlich sagen, wird zum Beispiel diesen Katalysator, den gibt es nur in diesen Rissen da drin. Und da fügt Qualität hinzu, die die Feuermodifikatoren auf einem Ring oder Amulett verbessert, ersetzt andere Qualitätstypen. Bedeutet, den könnt ihr jetzt nehmen und auf einen Ring oder ein Amulett draufwerfen, wo irgendwas mit Feuer drauf ist. Feuerschaden, Feuerresistenz, Feuer, was weiß ich, was es noch mit Feuer gibt. Da habe ich jetzt Kälte und Blitz drauf, das bringt mir genau gar nichts. Da habe ich Elementarwiderstände und Chaoswiderstände und sonst nichts mit Feuer. Also es darf jetzt da nichts bringen. Es gibt aber natürlich auch noch andere Steine, die sich dann auf Kälte spezialisiert haben, auf physische Modifikatoren, auf Attributmodifikatoren, auf jeden Scheiß. So kannst du deine Items noch besser Stickerl für Stickerl machen. Zum Beispiel. Das ist die Rift-Mechanik. Und wenn ich da jetzt in die Tier reingekommen war, in der Mitte in diese scheiß Arena, dann hätte ich da mit Sicherheit noch einen Haufen fette Vier gestanden, dann hätte ich da mit Sicherheit mehr rausgekriegt. Oh, da ist ein Dicker, da müssen wir kurz aufpassen. Fettsack stirbt. So, die Dicken haben natürlich auch eine viel höhere Chance, dass sie Apps droppen. Jetzt sind wir wieder am Anfang mit Vollidioten, weil ich vor lauter Labern in die falsche Richtung gelaufen bin. Geschissene explodierte. Ja, Schlangenviecher, ihr kennt's mich mal. Wo sind meine Viecher? Hallo? So, jetzt haben wir noch die zwei Typen da. Müssen viele der Frage, niemand braucht sich irgendwie entschuldigen, wenn er sich eine einfachen Fragen stellt. Woher sollst du das denn wissen, wenn du sowas noch nie gespielt hast? Und so, zweiter Hebel, dann geht auch diese Tür da in der Mitte, so hätten wir es eigentlich machen müssen. Die zwei Hebel betätigen, dass die Tieren in der Mitte offen sind, schauen, wo die Tieren sind und während einem Rift dann den Weg laufen, dass wir da reinkommen. Was eigentlich klar war, dass sie die da drin verstecken. Mist 4. Wieso jetzt die Tieren noch immer noch nicht auf? Ich hab doch zwei Hebel gedruckt, oder nicht? Was ist jetzt da? Warum ist da keine rote Linie? Hab ich auch noch nicht gehabt. Okay. Er kommt aus dem Truck- und Farming-Bereich schon her, dafür habe ich von dem Zeug keine Ahnung. Das ist so viel Leute, wie soll ich sagen, sitzen mit Sicherheit daheim und denken sich, Alter, wie viele Stunden hast du das
was ich da jetzt gerade mache. Wie viele Stunden hast du das von letzten Freitag bis heute gemacht? Warte, ich schau schnell in Steam. 82,2 Stunden. Und da fein die Stunden, seitdem wir streamen noch. Und denken sie so, du bist nicht ganz dicht. Und umdreht denken wir so, ich kann halt dafür mit so Truck-Simulatoren und so weiter nichts anfangen, aber gibt es auch nur Leute, die das nice finden. Ich nach 5000 Stunden und war noch kein Ende in Sicht. Wo? PoE Power Wechsel 1? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Power Wechsel 1 ist einfach ein sauberes Gras. Wird mir der Hebe da unten noch angezeigt, weil ich ihn nicht betätigt habe? Kann das sein? Bin ich da wieder einfach vor lauter Labern drauf vorbeigelaufen? Ja, tatsächlich. Kruzifix. Ja, PoE 1 kann ich nur verstehen. Ich habe im PoE 1 nur, und in dem Fall bei PoE 1 sind es nur, grob 400 Stunden ungefähr. Ich habe auch keine Ahnung. Und am meisten habe ich die Ritual-Liga gespielt. Das ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Jetzt fickt mir erst einmal die da herin. Schlangendepp, geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Warten meine Viecher schon wieder? Wissen wir nicht. Was haben wir da gekriegt? Stulpen Level 2. Die nehmen wir natürlich mit. 17er Stor nehmen wir mit. Dann haben wir da noch einen. Viecher buffen, abhauen. Schluss mit dir jetzt da. Schleiche dich. So, und immer noch einmal kurz weg. Wie oft, dass ich schon gestorben bin, weil der Boss am Schluss explodiert ist, ist zum Kotzen. Ja. Tja, und da ist jetzt nicht recht viel rausgekommen, muss man ganz ehrlich sagen, aber die Map haben wir so gut wie geklärt. Das ist so extrem, wie umfangreich PoE ist, ja. Also da ist der Einstieg auch für Neulinge, da musst du schon richtig krass Bock haben. Da kommst du mit 80 Stunden nicht weit. Also das ist jetzt auch nicht übertrieben oder so, das ist wirklich für alle, die PoE 1 nicht kennen. Ich habe regelrecht keine Ahnung von PoE 1. Wo ich richtig krass hängen geblieben ist Diablo 3. Da war in jeder Season der Anspruch EU Top 10. Zumindest in der ersten Woche. Nicht dauerhaft, weil das ist unmöglich. Da, wenn du irgendwann einmal schlafen gehst, wenn du eine Stunde lang schlafst, verlierst du 120 Platz. Ich glaube, in Diablo 3 habe ich weiß nicht wie viele 1000 Stunden, ich weiß es nicht. Sehr viele. Nie ohne Builds zum Zocken anfangen, immer noch Guides spielen. Mache ich im PoE 1 auch. Da habe ich überhaupt keine Chance. Ohne. Du kriegst einen Vogel. Du kriegst einen kompletten Vogel. So, das war's mit der Map. Ach, die ist unser So-Drop, die Map, gell? Schauen wir mal. Identifizieren, kennen die Handschuhe was? Rüstung, meh, Energieschild, meh, Angriffen, Blitzschaden, meiner kompletter Schrott. Aber der Blitzwiderstand, der Roll ist gut, aber absoluter Schrott. Was haben wir da? Erhöhte Rüstung und Ausweichen, 100 im Leben, Feuerstand zu niedrig, Feuerwiderstand ist leider zu niedrig und Betäubungsschwelle eigentlich auch, leider Gottes Schrott. Was haben wir so außerzogen? Das Ding ist ganz nett, da habe ich mittlerweile aber schon saumäßig viel. Das brauchen wir nicht. 2 Exalted, nehmen wir natürlich auch mit. Und das Ding, leider gibt es noch keinen Stash-Tab für die Rift-Geschichten. Ist das nicht der gleiche? Feuermodifikatoren und was habe ich da? Lebensmodifikatoren, okay. Leider gibt es noch keinen Rift für die Expeditionsgeschichten und für die Rift-Geschichten und so weiter. Hätte ich gern, sage ich dir, wie es ist, weil ich absolut kein Problem nicht habe. Ich habe jetzt innerhalb von einer Woche 80 Stunden in dieses Scheißspiel gewuchtet. Ich habe kein Problem. Keine Sekunde bereue ich die 55 €, die ich gezahlt habe. Keine Sekunde nicht. Story ist ja in PoE wirklich Nebensache. Ist bei mir das gleiche. Interessiert mich überhaupt. Ich habe keine Ahnung, um was das geht. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Um irgendwelche Corruption-Tentakeln, die Viecher verseuchen. Am Schluss ist er Boss und ich hau ihm aufs Maul. Das ist so mein Ding. Deswegen wird die auch nur mit Text erzählt, die legen eher Wert auf den Rest. Ist auch in so einem Spiel ist einfach nicht wichtig. Es ist einfach nicht wichtig. Und was wir in Diablo 4 sehen, wenn man Wert auf die Story legt, dann haben wir ein Spiel, das nach einem Hauptantagonisten benannt wurde. Und das Lustige ist, der Einzige, der nicht vorkommt, ist der Hauptantagonist. Herzlichen Glückwunsch, Blizzard. Ja. So. Was ihr jetzt gerne noch dort habt, bis spätestens jetzt. Es ist halt schon wieder 3/4, ich leg mich am Arsch. Jetzt trinken wir erst einmal vom Tee, sonst haben wir uns den umsonst gemacht. Da hängt jetzt schon wieder 3/4 Stunde lang der scheiß Teebeil da drin. Wahrscheinlich schmeckt der Tee wie meine 14 Tage alte Unterhosen. Woher weißt du, wie 14 Tage alte Unterhosen schmeckt? Weil ich es gefressen habe. So, jetzt sagen dazu.
Ja, Dialoge hört sich ja keine Sau. Stimmt, ich muss, dass ich da irgendwas lese von dem Scheiß. Ich hab keine Zeit für so einen Mist. So, was ich jetzt gerne noch dort hätte, und das probiere ich mit euch. Da können wir nämlich ein paar so kleine, kleine Maps raushauen, ist wurscht. Also da können wir die 8er Maps da machen oder so. Ist auch nicht so klar. Das ist halt eine unter derer, wo ich vorher noch gestruggelt habe. Machen wir die 8er Map, vielleicht droppen wir uns 9er, 10er Maps. Schauen wir mal. Und zwar mein Bild ein bisschen umbauen. Ich möchte gerne was ausprobieren. Und zwar würde ich mich gerne mal mit, jetzt pass beobachten. Das ist jetzt wieder ein Theory Crafting. Ich habe noch nichts ausprobiert, ich habe es mir extra aufgekommen. Und zwar so Autocast-Geschichten. Da haben wir mir, ja, ich habe nicht einmal so Fertigkeits-Gems, da müssen wir mit Level 15 anfangen, aber es hilft ja nicht, ist ja wurscht. Und zwar, ich habe ja, es gibt eine andere Art von Fertigkeit, sondern so eine Art Aura. Ja, nennen wir es einfach einmal Aura, dafür braucht man einen bestimmten Gem. Der droppt relativ selten. Da habe ich noch keine 16er und 17er. Erst einen 17er oder einen 16er habe ich, glaube ich, gefunden. Und, nein, noch nicht einmal. Was hat denn das Festmahl für Stufen? Warte mal. 17. Time to consume. Time to consume. Das OR17er ist mir droppt. Und zwar gibt es da lustige Geschichten, die ich gerne ausprobieren würde. Und zwar 15 haben wir echt genug, da können wir umeinander blödeln. Und zwar diese Autocast-Geschichte. Wir haben da zum Beispiel Verkümmerungsdauer beträgt 4 Sekunden. Was ist das? Verkümmernde Präsenz. Während die Fertigkeit aktiv ist, verkümmert sie Gegner in eurer Präsenz in regelmäßigen Abständen. Das bedeutet, es ist quasi eine Aura um mich rundherum und alle Viecher, die da drin stehen, werden verkümmert. Was ist verkümmern? Verkümmert verursacht 60%, 60, war ein bisschen gar heftig, 6% erhöhten Chaosschaden und kann bis zu 15 Mal angewendet werden. Oh, das stackt 15 Mal, okay. Das heißt aber, ich muss in die Gegner drinstehen. Ja, das will ich nicht. Schlechte Idee. Nimm ich natürlich nicht her. Was haben wir da? Eingefasste Fluchfertigkeiten werden in einer Aura um euch herum angewendet. Reserviert 60 Wille pro eingefassten Fluch. Kann ich auch nicht benutzen, ich brauche meinen Wille, damit ich meine Skelettjungs am Leben halte. Und da habe ich schon einen eingebüßt für etwas anderes. Um was mir geht, ist das hier. Zaubern bei Kreaturentod. Aus irgendeinem Grund habe ich mir diese Gems noch nicht so wirklich angeschaut. Heute Nachmittag das erste Mal. Und dann ist mir irgendwann einmal so ein Licht aufgegangen. Moment mal, wieso drucke ich eigentlich überhaupt nur irgendwas? Achtung, während die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie. Wenn eine eurer Kreaturen getötet wird und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht. Es können keine Zauber eingefasst werden, die Kreaturen erzeugen. Das ist schade. Das war eigentlich ein lustiges Monster Perpetuum mobile. Und zwar, ich mache jetzt das Ding einfach mal. Schneiden wir den Gem. Wo ist der Gem? Um Gottes Willen. Ganz ehrlich, der scheiß Gem-Stash, den hätte man besser machen können. Ich sag das, was es ist. Wieso haben die nicht in grün, blau, rot wenigstens aufteilt und nicht in Fähigkeit und Support-Gem aufteilt und so? Das ist ein bisschen schade. Wir sollten nie da drin jetzt irgendwas finden. Tot. Ist er das? Das ist er. Ich habe ihn schon einmal gecraftet, ich habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Versprochen. Ich weiß nicht, was passiert. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. So, und den sockelt man jetzt halt einmal da rein. Nach meinem Verständnis, das ist keine aktive Fähigkeit. Das heißt, ich drücke da nicht einen Knopf und dann passiert irgendwas, sondern das ist halt eine passive Geschichte. Dafür brauche ich aber 60 Wille. Dafür muss ich 2 meiner Skelette opfern. Das heißt, ich habe gravierend weniger Schaden. Aber ich habe genau 60 Wille übrig, dass ich das Ding aktivieren kann. So, und jetzt wird es mal so gemacht. Erhält 50 Basisenergie, wenn eine Kreatur getötet wird. Bei mir sterben ja die ganze Zeit Viecher, nämlich die Kleinen, die ich da 4 schicke. Die sterben in einer Tour. Das heißt, ich müsste eigentlich in einer Tour diesen Start triggern. 66% Increased Energy Gain, löst alle eingefassten Zauber aus und verliert sämtliche Energie, wenn ihr maximale Energie erreicht. Funktioniert dann folgendermaßen. Viech stirbt, Stor kriegt Energie. Viech stirbt, Stor kriegt Energie. Viech stirbt, Stor kriegt Energie und ist voll und triggert dann, löst die Zauber aus, die drinstehen. Und jetzt ist die Frage, was für Zauber, da kannst du alles sein da. Und vor allem, wie löst er die aus? Kann man da zum Beispiel jetzt so Feuerschädel oder Feuerwall einbauen? Was weiß ich? Macht er dann einfach irgendwo random eine Feuerwand hin? Oder was tut er dann? Und meine Idee ist folgende.
Wir nehmen uns, Achtung, jetzt muss ich jetzt mal testen, ob das schon so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich nehme jetzt da einfach einmal so einen 16er Stor. Dann nehme ich eine Fähigkeit, nämlich zum Beispiel Leichenexplosion. Aber dann habe ich keine Leichen mehr für meine kleinen Viecher, die den Stor aufladen. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber meine Idee war, dieser Schwächenzauber. Fluch wird nach Verzögerung von 1 Sekunde angewendet. Fluchradius, das ist wieder so eine Fläche am Boden. Und alle Viecher, die diesen Fluch abkriegen, machen normale magische oder seltene Gegner machen 25% weniger Schaden. Und Bosse machen 15% weniger Schaden. Das ist ja brutal. Das ist ja völlig. Das ist ein völliger Irrsinn. Aber mit den 2 Minions weniger verlierst du ja 2 Level auf den Kreaturen-Buff. Was? Nein, warum? Warum? Stufe bleibt gleich. Also die Stufe von meinen Skelettboys, die Granatenwerfern, die bleibt gleich. Ich kann da die Anzahl einstellen, wie viel, dass ich gleichzeitig... Warte mal schnell. Hat man wieder geschrieben. Das ist die Anzahl, wie viel, dass ich gleichzeitig herbeschwöre. Siehst du das? Jetzt habe ich 0. Jetzt habe ich gar keinen. Ich habe aber unten 210 von 250 Wille. Das ist eine Ressource. Wir haben Mana, aber die ist halt dauerhaft da. Und die wird reserviert pro Skelettboy. Da kostet einer 50 Wille. Zack. Oder wie viel Wille kostet er? Ja, das ist halt 25. Zack, zack, zack. Dann kann ich bloß noch sehen, dann habe ich zwar 2 von den Skelettidioten weniger, aber Schaden habe ich eh nur. Ich sag's ganz ehrlich, Schaden reicht momentan überall hin, bei allem. War beim neuen Stein unten nicht erster Stufe 25? Bei dem da? Das ist eine gute Frage. Jetzt warte mal. Na, das ist 23. Interessant ist auch, warum ist der 23? Ja, weil seine Grundstufe niedriger ist wie die anderen. Die anderen Stufen, die anderen Storner sind alle auf Stufe 17. Der ist Stufe 15, glaube ich. Weil ich noch keinen Herrenstor nicht habe, den muss ich erst finden. Aber ist ja wurscht. So, was kann ich jetzt da? Das probieren wir jetzt einfach, keine Ahnung. Ich nehme jetzt da einen 16er Schwächen. Schauen wir uns das einmal an. Is a curse that So. weakens enemies. Use it on dangerous foes to reduce the damage they can deal. Enfeeble is a curse that weakens enemies. Use it on dangerous foes to reduce the damage they can deal. Ja, also simple as that. Ist ein Fluch, Gegner macht weniger Schaden. Und das war schon ganz witzig. Wenn ich es in einer tue, die ganze Fläche. Jetzt bauen wir das Ding einmal. Scheiße, wie oder geheißen? Schwächen. Kann man da nicht irgendwie Fertigkeit. Aha. Oh! Birger, du Vollidiot. Schüpfe nicht über den scheiß Test. Wenn du nicht auskennst, du Vollidiot. So. Hupsi. Und jetzt kann ich den da rein tun. Feast on flesh. Kann der 2 Zauber auslösen? Kann ich da Support Gems? Ich kann halt, dieser Zauber ist jetzt der Grundzauber. Ich kann in den keine Support Gems einstellen. Also, dass die Fläche zum Beispiel von dem Fluch größer wird oder sonst irgendwas, so wie ich es halt mit denen Zauberer mache. Oder kann ich gewähren eine Verbindung mit Linksregeneration pro Sekunde. Kann ich das? Nein. Diese Unterstützung kann nicht in diese Fertigkeit eingestellt. Gut, dann probieren wir es einmal anders. Hoppala. Dann probieren wir es einmal anders. Unterstützung. Ach, das kann ich, da kann ich das. Hä? Was? Ach, da kann ich aus- und einblenden. Ich meine, das sind Tabs. Bin maximal verwirrt. Ne? Dauerhaft. Wieso hat man da keine Tabs gemacht? Was ist denn das? Einblenden, ausblenden, legen wir am Arsch. Kennt sogar Schwanz nicht aus. Sagelzement nochmal. So, Unterstützungsgem. Kann ich dem Ding jetzt. Kann man dem. Da. Was haben wir da? Unterstützte Fertigkeiten erhalten 40% erhöhte Energie. Okay, dann wird es öfter getriggert. Durch unterstützte Meta-Fertigkeiten. Oder was sind denn Meta-Fertigkeiten? Meta-Gemmen sind Fertigkeitsgemmen, die
die Effekte anderer Fertigkeitsgemmen nutzen, auslösen oder anderweitig anwenden können. Also nennt man die Autocast, ich hätte es einfach Autocast genannt, nennt man Meta-Gemmen oder Meta-Gems. Fertigkeiten, Gemmen und Unterstützungsgemmen können austauschbar in sie eingefasst werden, obwohl die meisten Meta-Gemmen mindestens eine Fertigkeitsgemme benötigen, um zu funktionieren. Ja, das macht ja keinen Sinn. Der Stahl löst aus. Was löst er aus? Ist keine Fertigkeit drin, ja nix. Ja, herzlichen Glückwunsch, hat sich rentiert. Aber mit den 2 Minions weniger... Also, der Herr Kite, ja, wir haben schon gelöst. Herr Genius! Ja, mein Gott, wie viele scheiß Donations haben mich schon wieder übersehen. Kruzifix, ich bin schon wieder im Tunnel drin. Genius, habe der Grüße aus Paraguay schon wieder. Ich bring dich nach Südamerika, Bürger. Ja, da komme ich ganz groß raus. Bist der Genius, danke dir. Hab einen schönen Urlaub oder was auch immer du da hinten tust. Löwenzepp, ich hoffe, du bist noch da, keine Ahnung. So, jetzt bin ich endlich auch daheim vom PC, gerade von Florenz heimgekommen mit dem Zug. Schauen wir unseren Stream noch gemütlich an. Nabecker dunkel, lass der Schmecker, ich hoffe, du bist noch da, merci dir. Maxi, dann bitte ich um die Vorlage vom Logo. Das habe ich noch gesehen, das passt. So, was der man jetzt da eine? Machen wir es einmal einfach, ja, bevor wir da völlig eskalieren. Antrieb hört sich richtig gut an. Dann wird es einfach 40% schneller ausgelöst. Den stecken wir jetzt da einfach einmal rein, weil Jammen habe ich genug. Und wir könnten eigentlich nur einen dritten... Wieso kann ich den nicht aktivieren? Wieso kann ich den jetzt nicht aktivieren da? Brauche ich dafür? Was geht man ab? Ich sagen Geschicklichkeit. Dann brauche ich Int. Ach, ich bin ein totaler Vollidiot. So, wie gesagt, dafür muss ich 2 Skelettbrandstifter aufgeben. Und jetzt ist das Ding aktiv. So, jetzt müssen wir eigentlich beim Mapmore nur drauf aufpassen, ob da irgendwo die grüne Scheiße am Boden kommt und wie oft. Und damit, wie soll ich sagen, das machen wir bei Step 2, das schauen wir uns da noch. Ja, ich habe noch eine andere Idee. Egal. Wir machen die 8er Map, machen wir blau, Gebiet hat stellenweise brennenden Boden. Das ist asozial. Kann man durchaus sterben, bin ich vorher auch mal gestorben. 33% erhöhte Anzahl seltener Monster, das schaut gar nicht. Und dann haben wir noch 96% erhöhtes gefundenes Gold. Ja, auf Gold kann ich scheißen, wie viel Gold habe ich überhaupt? 1,1 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. So, schauen wir, was passiert. Gehen wir in eine normale Map ein. Was haben wir da drin? Da droppt ein Haufen Scheiß. Werden wir schon nicht verkacken, ansonsten müssen wir umskillen. Schauen wir, was passiert. Gibt einen Schmäh für den Titanen in den Akt 2. Gibt einen Schmäh für den Titanen in den Akt 2. Was ist das für... Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Warte, was ist das für ein Map? Der habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ach, der bringt die Bohnen, die enger Gang ist. Warum? Ich sag halt nichts verlassen. Ja, die lila Teile, ja, nein, ganz nicht. Herzlichen Glückwunsch. Da, wenn du im Loot drin stehst, sagst nichts. Da war grün! Ja, wie sollst du da sehen, wann das Ding ausgelöst wird? Was weiß ich denn? Bruder! Was ist diese? Ja, du stehst halt einfach nur da und verbrennst. Ich komme nicht weiter bei dem Depp. Ach so meinst du? Ist bei dir Schmäh das umschriebene Wort von Tipp? Ja, einen guten Tipp, lass dich nicht treffen. Ich weiß gerade nicht, wer der Titan ist, sag das, was ist. Wie 6er Wegstein nehmen wir mit, Rubin nehmen wir auch mit, Handschuh nehmen wir auch mit. Das ist Scheißdrecksfeier am Boden, du kannst dir nichts in Ruhe anschauen, weil du nicht stehen bleiben kannst. Ich versuche eigentlich nur drauf zum Schauen, wann das Ding aktiviert wird. Ich sehe gut nichts. Hauptsache hole ich meine 4 stehen im Feuer drin, das ist das Allerwichtigste. Sehe ich irgendwo die Energie? Ah, da oben, Zaubern bei Kreaturen tot. Ich verstehe. Ja, super, dann zauber das einfach da hin. Was hilft man das? Jetzt warte mal. Da haben jetzt ein paar so kleine Skelettviecher da, die sterben nach einer Zeit. Zack, zack. Nicht einmal 10% gewinnen. Wenn jetzt 4. Das sind immer noch 0%. Oder muss ich Gegner umbringen? Da hat es doch kosten meine eigenen Viecher, oder nicht?
Bin verwirrt. Ist immer nur 0, jetzt lassen wir die Viecher, den Batzenviecher, den ich da jetzt hab, der stirbt jetzt. Und es ist 0%. Hä? Fühlt sich nur bei Gegner. Beim Tod der eigenen Viecher wird's getriggert. Ach so! Moment einmal, dann hab ich wieder nicht sauber gelesen. Nochmal, Bürger. Wenn die Fertigkeit aktiv ist, erhält sie Energie, wenn einer eurer Kreaturen getötet wird und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht. Es können keine Zauber... für mich ist sie das aber, als dass ausgelöst werden, wenn es maximale Energie erreicht. Und nicht, wenn eine eurer Kreaturen getötet wird. Erhält sie Energie, wenn eine eurer Kreaturen getötet wird. Und, okay, kein Komma hier, aber das ist ja wurscht, und löst eingefasste Zauber aus, sobald sie maximale Energie erreicht. Das heißt, wenn meine Viecher sterben, dann löst es aus. Dann zählen aber die kleinen, das habe ich mir schon gedacht, dann zählen nämlich die kleinen Arschlochviecher da nicht dazu, oder so gering, dass das ewig da ist. Schade. Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Das ist so wieder freiwillig, wie es ist. Also von weniger Schaden merke ich gar nichts. Schauen wir mal nochmal, ich halte jetzt einfach ein bisschen. Wahrscheinlich sterben wir, weil ich die ganze Zeit nach links oben schaue, weil ich wissen nicht. Anhand von was wird denn das bemessen? Da tut sich ja gar nichts, das ist immer noch bei 0%, soll das ein Witz sein. Dann zählen die kleinen Viecher nicht dazu. Ne? Und es sei, da müssen meine anderen sterben. Und die sterben halt nicht, weil die habe ich so stabil gebaut, dass sie halt nicht mehr sterben. Und dann war es eine Themaverfehlung. Verrostete Truhe, die nehmen wir mit. Und was eine Themaverfehlung, Kinder. Das ist so, ist das nichts. Ne? So etwas spät dran, aber trotzdem da. Servus. Ja, that's it. Habe die ersten. Wir haben hart am Philosophieren. Verdammt, jetzt hätte ich mich vollgas drauf gefreut, dass das eigentlich eine gute Luft nach oben war, aber dann müssen wir da was anderes ausprobieren. Das hilft nicht. Aber nichtsdestotrotz, den Fluch, den werde ich mal so als aktive Fähigkeit rein tun. Weil so ein Boss einmal einfach, oder so Elite-Typen, mal 12% oder 24% weniger Schaden machen lassen. Das ist ganz nett. Nehme ich natürlich dann nicht am laufenden Band her, aber wenn so ein dicker gelber Elite kommt, ist gleich drauf zaubert. Also ist es nicht. Oh, mein Mana fressen, weiße Dinger einsaugen, dann ist uns auch wurscht. Dann ist uns auch ordentlich wurscht, wenn wir wieder auf dem Feuer umeinander rennen, zumindest halbscheirig. Nur bei den Skeletten müssen, das hätte aber auch dazu, das hätte einfach dabei stehen können. Aber gut, wie sollst du denn das schreiben? Muss ich nochmal schnell was lesen? Und zwar Kreatur. Kreaturen sind beschworene Verbündete, die euch begleiten und an eurer Seite kämpfen. Die dauerhaften Kreaturen reservieren einen Teil des Willens, solange sie aktiv sind. Ah, darum zählen sie nicht. Die kleinen Viecher, die ich da aus den Leichen außer beschwöre, die brauchen keinen Wille. Das ist ja das Schöne, deswegen rennen da auch 30 umeinander. Wenn ich alle Leichen im Umkreis die ganze Zeit habe. Ja gut, dann geht dieser Plan nicht auf. Aber jetzt habe ich gerade 100%, ja, ich habe schon gesehen. Also weil ich wahrscheinlich stehen geblieben bin, da, schau, jetzt stirbt einfach mein Firelord langsam, weil er halt in dem Feuer drin steht und wahrscheinlich dauert es 2 halbe Stunden, aber irgendwann stirbt er. Und wenn ich da jetzt durchlaufe, brennen alle meine Viecher und dann stirbt er da mal eins. Vor allem, wenn es lang genug drin stehen. Weißen Scheiß einklauen. Dann kann man das einfach festhängen. Was ist das? 16er nehmen wir mit. Nicht im Feuer stehen bleiben. Wo gehen wir überhaupt hin? Nach unten müssen wir. Ja gut, also so funktioniert das auf alle Fälle schon einmal nicht. Da nehme ich lieber wieder meine 2 Skelette mit. Dafür habe ich was anderes Lustiges noch zusammengebaut. Das ist ein bisschen... Das habe ich auch eine Zeit gespielt so. Gehen wir mal da nochmal raus. Man verliert übrigens die Map nicht, wenn man sie selber außer teleportiert. Man verliert nur ein so ein Portal. Das heißt, du kannst die insgesamt 6 Mal aus der Map raus und wieder rein teleportieren, bevor die Map zugeht. So. Xenomorphs zählen nicht. Absolut richtig, Böring.
Wir erinnern uns auch an Sinomorphs, tu dich nicht an. So, jetzt schauen wir jetzt mal, was wir da gekriegt haben. Haben wir da was braucht? Erhöhte Chance auf Entzünden. Brauche ich nicht. Erhöhter globaler physischer Schaden. Betäubungsschwelle. Ausschlägen. Weg. Erhöhter Energieschild. Fügt Angriffen Blitzschaden. Mit 12 Leben. Ausschlägen. So, dann bauen wir was um. Probieren wir was anderes aus. Also, Zaubern bei Kreaturentod. Ich habe schon ein Bild im Kopf, für was man das brauchen kann. Aber nicht für das, was ich da betreibe. Das heißt, jetzt nehmen wir den da mal raus. Den können wir nicht brauchen, das ist sehr schade. Was haben wir dort schon? Erhöhte Energie, den können wir mal im Inventar lassen. Mal was anderes probieren. Und den da, den nehme ich jetzt sowieso einmal mit. Nämlich auf den Zwarer. Und dann ist das quasi, dann kann ich einfach Viecher debuffen. Den nehme ich jetzt einfach mal mit. Hernehmen tue ich ihn sowieso nicht. Viecher explodieren, das Ding, ja, passt schon. So, was haben wir dann noch? Können wir da noch irgendwas ausprobieren? Was haben wir noch Lustiges? Nehmen wir noch einen 15er. Wir haben nämlich Opfern. Das heißt, Fertigkeiten können eure untoten, wiederbelebenden Kreaturen anstelle von Leichen benutzen. Und das ist der Bild, den ich da im Kopf habe. Da müsst ihr aber komplett umbauen. Das funktioniert gar nicht. Es gibt ein paar Storner, die kannst du deine Viecher, zum Beispiel meine Skelettwerfer und so weiter, einbauen. Und das tun wir jetzt auch mit anderen Viechern. Und anstatt Leichen, zum Beispiel Leichenexplosion, was mit Sicherheit ein geiler Damage ist, schöner Flächenschaden, kannst du deine Viecher explodieren lassen. Und wenn die, dann kannst du den Autocaster eine da und jetzt mal, wenn eins von deinen Viecher explodiert, triggert es gleichzeitig den Zaubern bei Kreaturentod und dann gibt es so eine lustige Spirale ab. Kann sicher auch funktionieren. Kann man sich vielleicht einmal spielen damit. Ich bin mit meinem Bild eigentlich ganz zufrieden. Das ist ein klassischer Minion-Bild. Aber das hier können wir noch probieren. Während die Fertigkeit aktiv... das kostet 100 Wille. Leck mich am Arsch, du kannst mich mal gern haben. Das ist Psuffer oder was? Schade, dann können wir keine so eine Autocast-Geschichte machen. Das kostet noch 60, aber da brauchen wir 80 Geschick. Da bin ich meilenweit davon entfernt, ich habe plus 12. Schade! 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 Hab ich nicht gewusst. Aber gut, ich glaube, es war ziemlich krass gewesen. So, dann machen wir jetzt aber noch eine lustige letzte Sache. Die zeige ich jetzt noch schnell her. Die ich gespielt habe, die auch ziemlich gut funktioniert. Aber ich sehe gerade nichts mehr. Und zwar gar nichts mehr. Jetzt pass Obacht, wie habe ich das Ding zusammengebaut? Jetzt der wir erst einmal den verstaumen. Gems, dann gehen wir da mal auf Fertigkeiten. Unterstützungsgems brauchen wir. Und zwar haben wir da beim Exhumieren. Leichen nicht verbrauchen, dann haben wir unterstützte Fertigkeiten weniger Kosten. Unterstützte Fertigkeiten stoßen Gegner bei Treffer zurück. Genau. Das ist der mal raus. Und dann, jetzt pass auf, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich mache jetzt einfach mal so. Kreaturen von unterstützenden Fertigkeiten explodieren, wenn sie niedriges Leben erreichen und verursachen 15% ihres maximalen Lebens als Feuerschaden am Gegner im Umkreis. Das heißt, wenn das Viech kaut wird und kommt auf 25%, das glaube ich niedriges Leben oder irgend sowas, das kann man vielleicht auch mal nachschauen, war ganz interessant. 35% ist niedriges Leben. Wenn die bei 35% Leben sind, dann zerreißt es einfach und machen den Schaden, wie viel Leben das haben. So, da muss ich jetzt aber schauen, wie das Ding heißt. Entzünden gegen Feueranfälligkeit, physischer Schaden. Genau. Legion des Höllenfeuers. Kreaturen von unterstützten Fertigkeiten erleiden 20% ihres maximalen Lebens als Feuerschaden pro Sekunde. Das heißt, ich beschwöre das Viech her, dann kriegt es jede Sekunde 20% Schaden. Also 80, 60, 40, dann ist es bei 20% und bei 20% tue ich den anderen Stor dazu, dann zerreißt es. Zusätzlich zünden die Viecher, die ich beschwöre, Gegner an, innerhalb von 1,5 Meter und machen ebenfalls Feuerschaden in Höhe von 20% des maximalen Lebens. Und wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Unterstützungssteuerstecker kann, den ich noch nicht habe, dann kann der einer noch Fleischschild geben.
dann haben sie 50% mehr Leben. Das heißt, die ganze Explodierer-Scheiße macht noch mehr Schaden. Und wie das ausschaut, ziemlich absurd, nämlich. Jetzt gehen wir da mal raus. Das tun wir jetzt einmal da ins Exhumieren rein. Und dann schauen wir mal, was passiert mit den kleinen Mistviecher, die ich da beschwöre. Oh, habe ich beide rein da? Warte mal. Scheiße. Scheiße, jetzt habe ich nicht beide rein da. Gell? Jetzt müssen wir noch, den Explodiererstor brauchen wir noch. Halt, stopp, nochmal zurück. Der Herr Walker, moin beieinander, grüß Gott beieinander. Wir brauchen noch explodieren bei Dings. Explodieren, wenn sie niedriges Leben rein, genau. Den wir noch raus. Und den wir auch noch rein. So. Also, sie ticken jetzt oben, 10. Viecher so langsam Leben an und hauen natürlich zu. Und wenn sie ganz unten sind, explodieren sie. Und was passiert, wenn da ungefähr 30 Viecher umeinander laufen? Ja. Kurz testen. Viecher brennen jetzt von Haus aus. Und explodieren einfach random. So. Wo sind die Gegner jetzt? Gib Gegner jetzt. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, da oben war es weitergegangen. Na gut. Und da kombiniert jetzt noch mit Zaubern bei Kreaturentod. Das war halt ultra geil. Jetzt müssen wir natürlich erst einmal ein paar Viecher generieren. Oder erst einmal ein paar Gegner finden. Tut mir leid, aber da kriege ich einen epileptischen. Den kriege ich so schon fast. Aber ich sehe halt gar nichts mehr. Ich sehe halt gar nichts mehr, was da passiert. Aus den Fetten kommen auch gerne mal mehr wie raus. Da vorne klärt bloß noch alles. Ich weiß weder, was meine Fähigkeit ist, noch was der Gegner tut. Was ist das? Sag! Was soll ich machen? Was ist diese? Großer Spaß. So, da unten ist irgendwo der gelbe Teufel. Ah! Der wirft auch mit Feuerkugeln umeinander. Was weiß ich, wer da was tut? Wieso sterben wir wieder halb? Weil der scheiß Drecksboden! Leck mir am Arsch! Was ist jetzt schon, oder was? Oh, ist denn schon Silvester? Schauen wir mal unten in die No-Go-Area. Einfach immer das Zeug da einen Kasten. Schick mich gleich davon. Am besten nicht in dem scheiß Feuerdreck stehen. Weil ich mich immer wundert, was macht da eigentlich Schaden? Da ist nichts. Irgendwie ist schon witzig. Irgendwie ist schon witzig. Frag mich nicht warum. Oh, war das jetzt gelber 2? Ich kann nichts mehr singen. Shit is too much. Spielt sich aber sehr gemütlich irgendwie. Irgendwie feit nix. Na, da müssen wir jetzt mal einen Buff haben, glaube ich. Aber das ist gut, okay. Was auch ganz geil ist, was auch ein netter... Nein, wir sterben jetzt da nicht, Kim. Ja. Was auch ganz geil ist, die kleinen Viecher sterben viel schneller und viel regelmäßiger.
Und bei jedem Mal sterben lassen die, haben sie 50% Chance, ein kleines weiße Ding zum fallen lassen, wo ich mich wieder heil. Das heißt, ich bin automatisch stabiler, je schneller die Viecher da vorne sterben. Und wenn die natürlich nach 5 Sekunden oder 4 Sekunden automatisch sterben, damit droppt das, ich muss jetzt schon einmal nachlesen, ob das nur Gegner fallen lassen. Düstere Relikte stellen 500 € Energieschild wieder her. 50% Chance, einen Überrest zu beschwören, wenn ein Gegner oder eine wiederbelebende Kreatur in eurer Besitz. Also, haben die das geändert oder bin ich behindert? Das funktioniert mit den Kleinen gar nicht. Dann haben das tatsächlich Gegnerviecher, von denen ich das gezeigt habe, glaube gar nicht meine eigenen. Versuch wirklich mal Flammenwall oder Solarsphäre mit Flammenschädel, ist echt lustig. Ich kenne die Effekte natürlich, aber ich hab halt keinen Zauberschaden und nichts. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich mache halt damit keinen Schaden, ich habe alles in meine Viecher drin. Alles. Ich mag halt versuchen, ob es möglich ist, ohne Ascendancy ins Endgame zu kommen, mit nur Minions. Und da hat noch jemand was ganz furchtbar Wichtiges geschrieben. Ich glaube, war es auch wieder der Next Gen. Wo steht's denn? Nein, der Ivy. Ivy 84 war's. Was im PoE sehr wichtig ist, ist in einem Endgame Resis auf 75% alle Captain oder mehr. Da bin ich noch nicht. Dauert schon, aber ich bin gut dabei. Sehr gut dabei. Ja, einigermaßen. Chaos schaut noch richtig schlecht aus. Chaos ist aber auch schwierig auf 75 zum kriegen, finde ich. Der Rest, das ist okay. Deutlicher Unterschied. Du merkst jede 5-10% Resi. Ja, Feuer ist leider noch ein bisschen ein Loch drin. Da taten 10% schon nochmal gut. Ich glaube, da werde ich mir demnächst mal einen Ring kaufen. Mit ungefähr 15 zu Allres und so auch wieder plus 15 zu Chaos-Resistenz, damit ich die Löcher mal stopfe da. Und ja, mal gucken. Da muss man immer ein bisschen umeinander wursteln. Mein Kopf ist noch nicht der allergeilste, da ist gar keine Ressource nicht drauf, aber die Köpfe zum Kaufen sind schweineteuer mit Leben plus 2 zu Creature und dann nur Resistenzen drauf, da kriegst du einen Vogel. Aber mit dem stopfe ich wahrscheinlich als Feuerresi-Loch. Und dann bin ich fast überall auf 75, ein Ring nur mit Allres auf 15. Und dann bin ich eigentlich, glaube ich, ganz gut dabei. Bisschen mehr Leben, bisschen mehr Energieschild. Da hoffe ich auf einen Skilltree, da hoffe ich auf diese Geschichte da. Da ist noch ein schöner Ring, wo jeder Punkt 12% erhöht Energieschild und Rüstung bringt, bis da auf. Erhöhungen und Verringerungen der Rüstung gelten zu 40% ihres Werts auch auf die Energieschildwilderaufladungsrate. Das interessiert mich überhaupt nicht, brauche ich nicht. Aber das da 60% erhöhte Rüstung von ausgerüsteter Körperrüstung und 60% erhöhter Energieschild von ausgerüsteter Körperrüstung, das kann noch mal ordentlich was bringen. Und dann renne ich da so mit 5.000, 6.000 Leben umeinander. Ob das jetzt Energieschild oder Leben ist, ist glaube ich wurscht. Und mit alle Resis auf 75 oder noch her am besten natürlich, dass man das Cap erhöht, geht auch. Da ist jedes Prozent, wirst du bemerken. Und dann schauen wir mal, was das Endgame sagt. Mal gucken. Mal gucken, ne? So, und jetzt ist es 10 vor halb 12, das ist weit länger, als ich heute da sein wollte. Sag ich euch, was es ist. Das ist Weltenlänge. Weißt du, was mir noch. Vielleicht hat da jemand einen Tipp. Ich weiß es. Warte mal. Bevor ich wieder. Tatsächlich. Okay, meine Frage hat sich erledigt. Es gibt tatsächlich einen Hinweis, wenn man Karten abgeschlossen hat, fährt einmal dieser Hinweis, eine Karte abgeschlossen. Da ich manchmal dann noch weiterlaufe und mein Hirn in 1000 Richtungen springt, vergieße ich, habe ich jetzt die Karten eigentlich schon abgeschlossen oder nicht. Wenn du Tab drückst, steht es rechts unten, Schmiede, Monsterstufe 73, Liga, kurz bla bla bla, 4 Monster übrig, Karte abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So. Das letzte Ding, was ich euch jetzt noch zeige für alle Neulinge, die anderen werden es alle kennen. Das hier. Ich finde es ein bisschen frech. Irgendwo finde ich es aber auch lustig, dass wenn man auf M drückt, nicht Map kommt, Map, sondern der Ingame-Shop. Irgendwie, das ist 100 Pro Absicht. Das ist 100 Pro ironische Absicht. Sales. Also, mal im Ganzen, so schaut der Shop aus.
Es gibt Kosmetik, das sind meine Cosmetics, die waren beim Paket dabei, die ich mir gekauft habe. Ja, also einfach das Rüstungsset da. Ich hab sonst nichts. Ich habe ein paar Sachen aus PoE 1, aber auch nicht viel. Ich habe in PoE 1 auch nicht viel Geld ausgegeben. Ganz ehrlich. Ich habe mir da die Stash-Tabs gekauft, die wichtigen Premium-Stash-Tabs und so weiter, aber sonst nichts. So, was haben wir vorgestellt? Keine Ahnung, dann haben wir Pakete. Oh, das sind die Supporter-Packages wahrscheinlich, die schauen wir uns lieber nicht an, weil sonst sagen gleich bist nicht ganz sauber. Gehen wir mal in den Shop. Was gibt's da so? Kann man da nicht mehr aufklappen, doch. Das Wichtigste sind diese Truhenfächer. Der Next-Gen-Shop, das ist sowas von Absicht. Natürlich ist es Absicht, aber ich glaube mit einem Schmunzeln. Ich glaube mit einem, keine böse, denen traue ich keine böse Absicht zu. Ich schiebe mich jetzt da einmal um, da müssen wir ab nächster Woche sowieso, übrigens, nächste Woche ist die letzte Woche, aber spielen wir Indiana Jones, Weihnachtsfeier, Blödschmerzen, dann passt das. Weil es vorher jemand sehen wollte. Also, das hier ist der Shop, was du da kaufen kannst, sind Truhenfächer. Wenn du nichts zahlst in dem Spiel, dann hast du, glaube ich, 4 oder 5 ganz normale Truhenfächer, wie da in der Truhe, die schauen dann so aus. Ja, du hast da herum so Tabs, 4 Stück. Ich weiß nicht, ob du die umbenennen kannst, wenn es Standard-Tabs sind. Ich weiß nicht, oder ob da einfach 1, 2, 3, 4, 5 steht. Das weiß ich nicht. Und die sind halt so groß. Und die sind relativ schnell voll, wenn du ins Endgame spielst. Ja. M wie Mam ihr Kreditkarten. Wie oft habe ich schon auf M gedrückt und denke mir, na, nicht der Shop. Wenn du Tastenbindings umstellen. Aber ich habe es auch nicht umgestellt. Ich habe mich an U gewohnt. Ziemlich schnell. So. Und jetzt pass auf, da gibt es ein paar Besonderheiten. Und zwar, erst einmal kannst du zusätzliche Tabs kaufen. Und dass du nicht plus 5 hast, sondern da gibt es zum Beispiel, was nehmen wir da? Normale Truhenfächer. Ja, da kriegst du 6 Stück, die kosten 110 Punkte. Das sind umgerechnet 11 Euro. Das ist echt ein bisschen viel, sage ich ganz ehrlich, für Truhenfächer. Aber ich darf mir ja die Premium-Truhenfächer kaufen. Die kosten zwar 16,50 Euro, aber die haben sowieso in dem Kaufpreis mit dabei. Warum? Du kannst das umbenennen, du kannst es auf öffentlich stellen. Das heißt, du kannst die Items, die da drin sind, auf einer Verkaufslisten, Internetseiten besser gesagt, was labert die für eine Scheiße, die übrigens so ausschaut. Da ist eine Pause-Scheiß drin. Das ist eine Handelsseiten, die offizielle übrigens, das ist nichts Illegales oder Hindume oder sonst was, das ist die offizielle PoE-Handelsseiten, da kannst du Items kaufen gegen Exalted Orbs. Ich habe mir da vorher mal einen Ring gesucht, aber da ist nur Schrott drin. Und automatisch, jedes Item, das du in die Stash einlegst, wird automatisch auf die Seiten gelistet. Und dann wispern die Leute, hey, ich mag das Ding kaufen, und dann lädst du ein Ei und handelst mit dem und so weiter und so fort. Nur damit man das einmal kurz gesehen hat. Und mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Und das sind 6 Stück. Und was ich dazu noch empfehlen darf, weil es einfach das wichtigste Ding im ganzen Spiel ist, der Currency Stash Tab, das Währungstruhenfach. Das ist das Ding da. Das ist das da. Ja, das ist dann nicht einfach so ein Inventar wie halt da auch, wo du hinziehen kannst, wo du willst, sondern wo halt die ganzen wichtigen Währungssteine, mit denen du deine Karten verzauberst, deine Items craftest und so weiter und so fort, dass das einfach sortiert ist. Ich brauche dann auch nicht mehr. Also, pass mal, wie kann man das schnell demonstrieren, was passiert, wo der Unterschied ist? Es ist halt eine Komfortsache, es geht ohne auch. Ja? Aber wenn ich 80 Stunden in der Speier suchtel, dass ich für das 10 Euro zahle, das ist mir scheißegal. Da habe ich schon größeren Schund gekauft für mehr und weniger. So, jetzt pass auf. Und zwar, wenn ich da jetzt hergehe, normalerweise passiert Folgendes, wenn ich meine Sachen in den Stash ramme und ein normaler Stash habe. Ja, füllt sich das Ding einfach so auf und es ist alles irgendwie durcheinander. Wenn ich das jetzt da tue, geht das automatisch in den Slot ein, wo er immer ist und du gewohnst dich dran. Das nächste ist, wenn du da das Hackerlining machst, dann kannst du da Farben einstellen, die Tabs da die Farben einstellen, du kannst das auch umbenennen, wie du willst und so weiter und so fort. Und das Allerbeste ist, das nervt mich nämlich, wenn du 2, 3 Maps machst, ist dein scheiß Inventar voll. Und dann mag ich nicht jetzt mal, oh ja, das geht da rein, dann gehen wir da her, das geht dann da rein und dann gehen wir da her und das geht da rein. Sondern egal was für ein Tab, das ich offen habe. Ich drücke da drauf.
Das geht mit dem Zeug, mit dem. Mit Maps geht's leider noch nicht. Das geht mit den Gems und mit allem. Und jetzt sind die ganze blaue Currency, also die Währungsgegenstände, sind alle automatisch da herin. Meine ganzen Steine, die ich jetzt da rein habe, sind alle automatisch da herin. Meine ganzen Fiolen sind alle automatisch da herin. Meine ganzen Delirium-Items sind alle da herin. Meine ganzen Essenzen sind alle automatisch da, wo sie können. Meine ganzen Legendaries sind automatisch da, wo sie können. Und. Und die meisten von diesen Tabs, die habe ich im PoE 1 schon gekauft gehabt. Also ich habe fast noch nichts gekauft. Ein paar Quality of Life Sachen, das Delirium und Essenz-Ding. Oder habe ich mir ich habe mir glaube ich Delirium und Gems habe ich mir gekauft. Was habe ich mir noch gekauft? Irgendwas habe ich noch gekauft. Ich weiß nicht mehr. Ich sag das, was ist bei dem Spiel, ist mir scheißegal, ob ich Geld ausgebe. Solange es nicht da nimm 8.000 Euro, weil alles wurscht ist, so natürlich nicht. Meine Damen und Herren, für mich Game of the Year. Was haben wir da eigentlich? Da, was ist denn das? Oh! Dornenpanzer, verrosteter Kyras. 58 Lehm, 83 Betäubungsschwelle und reflektiert 250% des erlittenen physischen Nahkampfschadens auf Angreifer. Das ist so eine Dornenrüstung. Die werde ich mir für meinen Krieger gleich einmal behalten. Mal schauen, ob man da was bauen kann. Das würde mich interessieren. Was ist eigentlich das da? Unterstützungsgem Stufe 1. Was tut der da unten drin? Was ist denn der Krampf? Ja. Also den Tab hätten wir besser machen können. Aber mei. So, Kinder. Und jetzt mach ich nicht mehr. Jetzt ist Punkt 1:30. Wir haben wieder 3,5 Stunden da, wo die wieder hinkommen. Ich wünschte, ich wäre fitter, dann hätten wir noch 1,5 Stunden reingezockt. Haben wir keinen Meter nicht weit gekommen. Haben länger noch das scheiß Trial dauert und dann haben wir es nicht geschafft. Herrgott, das wird krank auch noch, oder was? Wenn jetzt Corona kommt, dann flippe ich aus. Bürgerin hat die ganze Zeit schon krank. Da fangen sie jetzt langsam wieder, aber die hat Corona gehabt und ich denke mir schon seit 3 Wochen so, wieso kriegst du nie eigentlich hin? Ich verstehe es nicht. Ja, genau. Ich kann es dir genau sagen, wann ich es krieg. Aber Urlaub ab nächsten Donnerstag. Ab nächsten Freitag eigentlich, aber Donnerstag bin ich sowieso fit. Letzter Tag, da haben wir noch nie was da. Ab dann, I fucking guaranteed, und bin wieder die kompletten 2 Wochen Weihnachtsurlaub und nicht kein Stream und nichts, bin ich wieder krank. Ich sage, ich krieg's bis daher. Schon angeschissen. Was hältst du von Monster Hunter Wilds? Ich muss sagen, ich hab die. Was war denn das? War das eine Open Beta? War das ein Preview? Da hat man doch einmal ein Wochenende spielen können. Das hat sich schon gescheit schwammig angefühlt für mich, finde ich. Ich hab da eigentlich eher so eine Elden Ring-Steuerung erwartet. Aber vielleicht habe ich einfach bloß die falsche Waffe gespielt. Das werden wir uns anschauen, wenn es rauskommt. Ich weiß jetzt gerade nicht genau auswendig, wann es kommt, aber ich glaube im Februar oder im April. Wahrscheinlich kommt es im März oder irgend sowas. Und ich labert wieder ahnungslosen Dünnpfiff. Einzeln sind die Tabs übrigens billiger als in dem Stash-Tab-Paket. Das glaube ich nicht. Also im Paket kostet einer 18,3. Und einzeln, wenn du den kaufst, kostet 20. Sparst du 1,70 €. Pro Stash, also ungefähr 1,77 €, 77 mal 6, sparst du 10 €. Die sind 10 € billiger. Minion. Also ich hab mir jetzt komplett, also vollkommen wurscht. Pelican Sedgwick, schon in deine Stimme, lang ist nicht mehr bis zur Winterpause. Ja, es wird schon. Ich meine das Exile Stash Bundle. Was ist denn das Exile Stash Bundle? Was ist denn das Exile Stash Bundle? Was ist das? Für was brauche ich eigentlich ein Fläschchen-Truhenfach? Was soll denn der Blödsinn eigentlich? Das habe ich nicht ganz verstanden. Kostet 400, aber die Tabs da drinnen kosten einzeln 410 Unterpaket. Ach, es gibt ja auch noch mehr. Ja, gut, macht natürlich Sinn. Exiles Unterstützerpaket fürs von Ogram von Trauma.
Ich hab da noch gar nicht durchgeschaut. Wo ist denn das drin? Early Access Unterstützerpaket. $30, 300 Punkte. Wieso sehen die das nicht? Paket von Ogam, das hab ich. Da kriegt man 600 Punkte und ein paar so Begleiterdeppen. Beim Shop unterster Punkt. Bei mir ist der im. Bei mir ist ganz unten der unterste Punkt Punkte. Weißt du, was ich auch sehr fair finde? Du kriegst keinen Rabatt, wenn du mehr Punkte kaufst. Das finde ich einfach nur fair. Klick auf Shop, bin ich behindert. Punkt. Ach, da unten! Da bin ich jetzt zu faul, dass ich das auseinander tue. Da bin ich jetzt zu faul, dass ich das auseinander tue. Es sind nicht nur Standard-Tabs, gell? Aber wer es schon nachgerechnet haben, um Gottes Willen. Aber da stehen doch auch die Preise, oder nicht? Was kostet das Unikat-Truhenfach? 110. Aber da mal Truhenfach, Unix, 110. Eventuell hast du die Stashes zum Teil schon. Oder meinst du so oder schon? Ist eh wurscht. Ganz ehrlich, ist mir eh wurscht. Wir gehen noch. Lass mich überlegen. Rift Stash Tab geht mal ab. Das ist wichtig, finde ich. Und das Allerwichtigste ist das Map Stash Tab. Das habe ich aber im PoE 1 schon gehabt, das weiß ich noch. Das kriege ich wahrscheinlich umsonst, wenn es implementiert wird. Schade, dass das nicht vom Start weg schon da ist. Wie gesagt, das Paket kostet 435, die Items 11410, jetzt mit Rabatt. Das ist natürlich bitter. Ja, aber gut, vielleicht ist es eben wegen der Rabattaktion. Weil das Paket, glaube ich, kostet halt auch außerhalb der Rabattaktion 435. Es kostet dauerhaft 435. Aber ja, natürlich ist natürlich frech, wenn sich jetzt jemand das Packerl kauft. Mein Gott, dann hast 2,50 € jetzt Feier ausgeben. Ja. Deine Sphären der Alchemie liegen noch im falschen Kistentopf, falls du sie suchst. Herr Panzerfaust, wenn das war es. Wo liegen die? Da liegen 9 Stück und ich hätte mich wahrscheinlich gewundert damit, Alter, habe ich meine ganzen Alchi-Orbs weggewirbelt. Meine Damen und Herren, der Panzerfaust Nummer 2, das nenne ich mal Aufmerksamkeit, Alter. Das ist Next Level Shit Aufmerksamkeit. Gut gemacht. Danke dir, es hat mir sehr viel Nerven gespart. Frau Sitzberger, hauen Sie eine hin, gute Nacht. So, das war heute war sehr viel Gerede, Alter. Es war wirklich massiv viel Gerede und ich halte jetzt mein Maul. Ha? Anstrengend. War gestern schon anstrengend, heute schon wieder anstrengend. Haben wir viel gestreamt diese Woche, ein bisschen eingesuffen diese Woche. Ich weiß nicht, was ist, wer weiß, was morgen passiert. Wir sehen uns am Montag nächste Woche noch 2-mal und dann bin ich 2 Wochen fort, eigentlich quasi 2,5 Wochen. Also da gibt es am Wochenende dann keinen Stream mehr. Montag spielen wir nochmal Indiana Jones. Das war eigentlich ein gutes Spiel, da habe ich nicht damit gerechnet, zumindest bis jetzt. Und am Micker, ganz klassisch, Plätschmerz am Micker in Richtung Weihnachten. Da trinken wir einen Glühwein und schmerzen irgendeinen Scheißdreck. Und um Punkt 10, wie vor jedem Urlaub, so wie es in der Arbeit auch gemacht gehört. Um Punkt 10 drücke ich da auf Stopp und sage, leckt's mir am Arsch, wir sehen uns im Januar wieder. Der so schmeckt's bis dann. Und wer einmal nach dem Daisy-Server fragt, fliegt raus. Wer trollt, fliegt. So. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken, danke für die ganzen Donations. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Ich bin halt so dermaßen im Tunnel in diesem Spiel, weil es mir da richtig gut taugt. Hat immer noch einen Haufen Schwächen, aber ich sehe auf alle Fälle, dass da was getan wird. Da haben wir ein richtig brachial gutes Spiel bis jetzt vor uns. Und wenn sich das so weiterentwickelt, wie es PoE 1 tat, dann haben wir eine richtige brutale Maschine da. Eine richtig brutale Maschine.
Hauen Sie sich hinein. Ich wünsche Ihnen was. Danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, haben wir noch gar nicht gesagt. Das hätten wir vielleicht mal früher sagen sollen, aber ist ja wurscht. Kuss auf die Nuss. Danke für die Donations. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Danke für die alten. Press Triple F für die Moderatoren. Ich wünsche Ihnen guten Loot, Looten und Bluten, Bitches. Ab in den Discord und Abo und Glocken und die ganze Scheiße. Weißt das ja eh. Hauen Sie rein. Und jetzt schleichen wir uns. Fix. Kann ich wieder 5 Tage nicht schmerzen. Machen wir noch die Wiederschauentröte. Bürgerin, glaube ich, schläft noch nicht. Honey! Kuss auf die Nuss. Der Bernie schreibt, danke für die Tipps, um Gottes Willen. Ich meine, wenn ich schon einmal in eine Spähe eine suchtel, ich weiß jetzt nicht, ob da was Bahnbrechendes dabei war, aber ein bisschen was vielleicht, who knows, man lernt immer irgendwie ein bisschen weiter. Wenn ich schon mal 80 Stunden oder so hart in so eine Spähe suchtelt, wenn ich dann nicht mindestens einen Tipp für irgendjemanden geben kann, dann habe ich gnadenlos versagt, oder? Und jetzt schleicht's euch. Okay, tschüss!